Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Arena, meine Damen und Herren, danke vielmals. Grüezi miteinander, herzlich willkommen am Freitagabend. Die dritte Sendung in kurzer Zeit zur Finanzkrise heute Abend über den unglaublichen 68 Milliarden Franken schweren Rettungsplan für die UBS. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hochkarätige Gäste haben. Heute bei uns ist Frau Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie ist Stellvertreterin vom Bundesrat Merz im Finanzdepartement. Der Marcel Rohner ist bei uns. Er ist der Konzernchef der UBS. Der Daniel Lampard, Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und Mariam Fassbind, sie ist Finanzexpertin vom Schweizer Fernsehen. Später in der Sendung 4 Spitzenpolitiker und Finanzexperten aus den Parteien. Guten Abend alle miteinander. Die grösste Rettungsaktion in der Geschichte der Schweiz. Büssen jetzt die Steuerzahler für die Fehler der Banken? Oder ist jetzt Schluss mit Millionenboni und Gewinnmaximierung? Frau Bundesrätin Schlumpf, die UBS hat in den letzten 2 Wochen schon fast wieder als sicher gegolten. Man hat gehört von aggressiven Abschreibungen, von Kapitalerhöhungen. Sind Sie persönlich doch überrascht gewesen, dass das jetzt nötig war? Also, dass es jetzt gerade nötig geworden ist in dieser Art und Weise, überrascht. Es hat uns ein bisschen überrascht, aber nicht in dem Sinn, dass wir nicht vorbereitet gewesen wären. Wir haben schon, wo der Quartalsbericht veröffentlicht worden ist, wo wir darüber geredet haben, haben wir die Zahlen ein bisschen analysiert und haben natürlich gesehen, dass die Bank im Liquiditätsbereich Schwierigkeiten hat. Man hat nicht gewusst genau, wie sich das weiterentwickelt. Es war auch eine ganz verrückte Zeit gewesen, die letzten paar Wochen. Er hat einmal ausgeschlagen in die und einmal in die andere Seite. Aber wir sind vorbereitet gewesen. Und wir haben ja immer gesagt, wir werden die Massnahmen, die wir vorbereitet haben für verschiedenste Eventualitäten, werden wir dann beschließen und dann umsetzen, wenn es dann nötig ist. Also nicht eigentlich wirklich mit dem gerechnet, so wie die meisten Leute, oder? Man hat das Gefühl gehabt, die Bank ist jetzt über das Gröbste weg und man ist zwar in Kontakt, aber dass eine Rettung durch den Staat nötig ist, kann man das sagen, hätte das Sie eigentlich so nicht erwartet? Dass in einer gewissen Art der Staat zur Stabilisierung von dem Finanzsystem, wo die UBS ein wichtiger Teil davon ist, beitragen könnte allenfalls. Das hat man vor 2 Wochen schon gesehen, dass die Bewegung so kann gehen. Man hat aber nicht gewusst, in welchem Ausmaß und vor allem haben wir auch noch nicht gewusst, welche Massnahmen denn wirklich notwendig werden. Man hat ja schon letztes Jahr angefangen, die Frage der Eigenmittelerhöhung zu diskutieren. Das ist von der Eidgenössischen Bankenkommission ausgekommen. Das ist jetzt sehr akzentuiert natürlich auch davon geredet worden. Man hat die Einlagensicherung diskutiert, auch schon längere Zeit. Man hat auch die Frage, wie allenfalls die Nationalbank da könnte mit unterstützen. Das ist ja ihre Aufgabe, Stabilität vom Finanzplatz gewährleisten. Was wir bis zum Schluss natürlich nicht so voraussehen können, ist, dass der Staat dann noch eine Wandelanleihe oder mit einer Wandelanleihe dann noch Mittel zur Verfügung stellt. Das ist so der letzte Schritt gewesen. Herr Rohner, was ist am Sonntag passiert, wo Sie der Frau Wittmer-Schlumpf angerufen haben und gesagt haben, das geht nicht mehr ohne den Staat? Das war eigentlich das Auslösen von einer Massnahme, die man als vorbehaltenen Entschluss vorbereitet hat. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Wissen Sie, wenn Sie eine Bank führen, dann haben Sie jetzt eine Situation und Sie müssen etwas antizipieren, das noch kommen könnte. Und es sind 3 Sachen passiert, die wichtig sind. Etwas war Kundenabfluss. Wir haben Kunden verloren, in zunehmend schnellem Ausmaß. Also jetzt in der letzten Zeit noch verstärkt, sagen wir. In den letzten Wochen vom September und dann Tag für Tag hat sich das verstärkt. Die Krise hat sich verstärkt. Es hat panikartige Zustände gegeben, Schlangen vor dem Goldschalter, weil die Leute Angst haben und Gold kaufen, wenn sie Angst haben. Und dann haben wir weltweit Regierungsgarantien gehabt, wo Land für Land rausgekommen ist mit Garantien. Und in dieser Situation hat es ein Risiko gegeben, dass sich das anfängt zu verschlimmern. Und dann müssen wir sagen, das Risiko können wir nicht eingehen.
Okay. Jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, dass doch alles überraschend gekommen ist. In dieser Dimension zum Beispiel hat eben in den letzten 2 Wochen haben diverse Leute vor den Kameras gesagt, das laufe eigentlich grundsätzlich gut, zum Beispiel auch Leute von ihrer Bank. Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit für derartige Maßnahmen. Die Schweizer Banken sind sehr stark kapitalisiert und wir sind in der Schweizer Wirtschaft nach wie vor gut aufgestellt. Wir haben keine Liegenschaftenblase. Wir haben eine Konjunktur, die noch recht stabil ist. Die Kredite werden auch erteilt, von dort her keine Kreditklemme. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen berichten zu können, dass wir die UBS recht erfolgreich durch diese Turbulenzen manövrieren konnten. Herr Rohner, das war am 2. Oktober, vor genau 2 Wochen. Eine solche Kommunikation im Zickzackkurs, das ist genau das, was Vertrauen kostet. Das ist eine grosse Schwierigkeit, weil man das muss sagen, wo an einem bestimmten Zeitpunkt eintritt, weil man in einem vertrauensbasierten System nicht etwas schlecht reden für die Zukunft und weil sich in dieser Zeit danach die ganze Sache sehr, sehr schnell und drastisch verschlechtert hat. Aber ist es so, dass der Herr Kur in diesem Zeitpunkt keine Ahnung hat von dem Szenario, das sich jetzt in den 2 Wochen unterdessen entwickelt hat? Wenn Sie ein Szenario vorbereiten, eine Notfalllösung, die Sie möglicherweise auslösen müssen, wenn etwas eintritt, wo das Risiko entsteht, das Sie vermeiden wollen, dann können Sie das nicht sagen, weil sonst tun Sie es gerade in dem Moment, wo Sie sagen, auslösen. Im 3. Quartal haben wir das erste Mal wieder einen kleinen Gewinn gemacht. Wenn Sie das ist genau der Punkt. Von dem reden Sie jetzt. Aber Sie haben im 3. Quartal, das habe ich erst heute beim genauen Nachlesen gesehen, auch 4,4 Milliarden auf genau diesen faulen Papier abgeschrieben. Lassen Sie mich noch schnell das erklären. Ja. Wir haben ja dann, wo wir das Resultat bekannt haben, auch gesagt, das setzt sich zusammen aus ausserordentlichen Faktoren, die in beide Richtungen stark gehen. Die Risikopositionen sind alle offengelegt gewesen. Und jetzt, wenn Sie das vergleichen mit dem Resultat von vielen anderen Firmen, mit dem 3. Quartal sind wir in der Tat relativ gut dadurch gekommen. Und das ist eine wichtige Nachricht. Und das müssen ja die Leute auch wissen. Wenn es dann aber Situationen und Entwicklungen gibt, die sich beschleunigen, dann kommen wir zu einem Schluss, dass wir etwas machen müssen, damit wir die Ursache definitiv eliminieren können. Okay, also natürlich kein Widerspruch zu dem, was der Herr Kur vor 2 Wochen gesagt hat. Ich will nachher Mariam Fassbind fragen, wie sie das beurteilt als Finanzexpertin. Und als Kommunikationsexpertin auch noch. Ja. Also fragen Sie. Also ich finde, das ist eben genau der heikle Punkt, dass eben die UBS neben dem Kapital, das sie verloren hat, eben auch viel Vertrauensverlust gehabt mit den Geldern, die abgeflossen ist. Das ist ja ein Zeichen, ein klares Zeichen, dass eben ein grosser Vertrauensverlust bei der UBS da ist. Dass eben die Informationspolitik der Kunden, aber ich denke auch von den Mitarbeitern und von den Aktionären einfach nicht verstanden worden ist, was die UBS in den letzten vergangenen 18 Monaten betrieben hat. Wir schauen mal, was eben vor 2 Wochen passiert ist mit dem Gewinnausweis, der gezeigt worden ist. Wenn man das genau anschaut, weiss man nicht genau, ist das wirklich im Kerngeschäft erwirtschaftet worden oder ist es nicht auch mehr Zinsersparnisse gemacht worden, ist durch Schulden, die abgebaut worden sind. Und das hat einfach ein falsches Bild vermittelt. Ich denke auch, ich weiss nicht, was Sie dazu sagen, Frau Wittgenschlumpf, auch gegenüber vom Bundesrat, gegenüber von den Aktionären, gegenüber von den Mitarbeitern, dass man das Gefühl hatte, die UBS ist eine Bank, die jetzt eigentlich Krisen übersteht, ohne staatliche Hilfe, aber auch, wo jetzt wieder auf dem Aufwärtsweg ist. Und das hat natürlich jetzt schockiert, die Nachricht gestern. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen, ich will da nicht weiter ausholen. Das war etwa vor 6 Wochen oder vor 2 Monaten, wo der Peter Kur, der VW-Präsident, gesagt hat, dezidiert im Interview, es braucht bei der UBS keine Kapitalerhöhung mehr. Und da frage ich mich, der Herr Kur ist doch Anwalt, er kennt sich sehr gut aus mit den Richtlinien in Amerika und auch in der Schweiz, warum ein Anwalt so eine Aussage machen kann in der Kenntnis, und die UBS hat ja genug Analysten, die hochgezahlt sind, die eigentlich hätten voraussehen können, dass die 60 Milliarden Positionen, die noch in den Büchern sind von der UBS, könnten gefährdet sein, wenn die Marktturbulenzen, die ja dann schon volatil waren,
sich fortsetzen. Was sagen Sie zu dem, Frau Bundesrätin? Ich kann jetzt einfach nur sagen, ich staune ein bisschen, dass man nach der Kommunikation, die die UBS gemacht hat, dass wenig Medien eigentlich das genau analysiert haben. Die Zahlen sind offengelegt worden und man hat ja dort schon gesehen, dass es dank dem Rating, das auch auf der Passivseite eben schlechter war und damit die Schulden tiefer ausgewiesen werden müssen, dass das eigentlich buchhalterische Frage war. Und wenn man die Bilanz ganz genau angeschaut hat und auch die Entwicklung, dann hat man eigentlich schon gesehen, im Moment von dieser Medienorientierung, dass das nicht so ganz optimal ist. Also, dass gewisse Schwierigkeiten im Liquiditätsbereich bestehen. Ich bin selber ein bisschen erstaunt gewesen, aus der optimistische Haltung aufgrund von den Zahlen, die man gesehen hat und wo wir, also wenn ich mir sage, das ist die Finanzverwaltung, ist die Nationalbank, ist die EBK, wo wir so vor uns hatten und gesagt haben, das ist sehr optimistisch, wenn man mit diesen Zahlen diese Aussagen macht. Aber die Zahlen selber sind korrekt gewesen, nur haben nicht alle Medien das Gleiche herausgelesen. Dass Sie auch sagen, das ist ein bisschen eine seltsame Wahrnehmung gewesen. Zahlen haben wir gehabt, wie man die dann kommuniziert ist. Also ich muss natürlich sagen, am Schluss ist Kommunikation das, was gehört wird. Und wenn nicht das gehört worden ist, was wir wollen sagen, dann haben wir den Kommunikationsfehler gemacht, das ist klar. Was wir aber eigentlich wollen sagen, ist möglichst wenig. Weil das immer das grosse Dilemma ist, wenn Sie anfangen, Teile und Stückchen geben, dann heisst es selektiv. Wir haben aber auch nichts können sagen. Und zwar genau wegen etwas, was Frau Bundesrätin gesagt hat. Alle die Zahlen, die Sie jetzt sagen, die sind alle auf dem Tisch gelegen. Es hat wochenlang Spekulationen gegeben darüber, wie viel wo abgeschrieben worden ist. Übrigens, die Zusammensetzung von Gewinn ist bei allen anderen Mitbewerbern genau gleich. Wir sind also im relativen Vergleich im dritten Quartal relativ gut dadurch gekommen. Wir haben auch gesagt, und das ist auch wichtig, wir werden mit aller Kraft an der Reduktion von diesen Risikopositionen arbeiten. Wenn wir sehen, dass sich die Situation verschlimmert und wir mit Massnahmen treffen, um das zu beschleunigen, haben wir das Gefühl gehabt, dass die Lösung, die wir zusammen mit dem Bundesrat, mit der Bankenkommission, mit der Nationalbank können erarbeiten, letztlich die optimale Lösung ist für unsere Kunden und für den Finanzplatz. Und ich muss sagen, ich bin im Bundesrat und der Behörde sehr dankbar, dass wir so konstruktiv und so schnell haben zusammenarbeiten können. Ich habe das als außerordentlich konstruktiv empfunden und möchte mich für das auch bedanken. Das ist ganz wichtig gewesen. Es ist die beste Lösung in dieser Situation. Okay, aus Sicht von Ihnen, von der UBS? Ich glaube auch aus Sicht vom Finanzblatt. Gut, das schauen wir genauer an in der Sendung. Daniel Lampart, der Herr Rohner sagt, es ist kein Rettungsplan. Und es sind eigentlich alle sich einig, über die Frage, ob es ein Rettungsplan ist oder nicht, das werden wir noch streiten. Aber es sind alle sich einig, dass es ihn braucht. Was sagen Sie zu dem, was wir bis jetzt gehört haben? Ja, der normale Mensch sieht nicht in diese Papiere rein. Wir wissen relativ wenig. Wir können nur glauben. Und jetzt sind wir wieder auf der Vertrauensschiene. Jetzt ist der Bundesrat, der uns sagt, zusammen mit der Nationalbank, dass das eine gute Sache ist. Ich war gestern baff, dass man da gesagt hat, man kann Geschäft machen. Jeder, der die Preise im amerikanischen Immobilienmarkt anschaut, sieht, dass die sich verdoppelt haben seit dem Jahr 2000, aber inzwischen nur 20% zurückgekommen sind. Jetzt, wir lüpfen die 68 Milliarden. Die UBS sagt, 10% garantieren wir. Wenn es 10% runtergeht, das nehmen wir. Es gibt das Risiko, dass es wesentlich tiefer runtergeht. Oder? Und am Schluss zahlt das die Schweizer Bevölkerung. Und was überraschend ist... Frau Bundesrätin sagt gerade noch. Ja, Moment. Was überraschend ist, dass, obwohl das Risiko besteht, der Bundesrat sozusagen keine Auflagen gemacht hat. In Deutschland zum Beispiel hat der Finanzminister gesagt, wir geben Geld, aber keine Bank zahlt mehr Lohn als 500'000 Euro. In Amerika hat man gesagt, wir geben Geld, aber wer mehr als 500'000 Dollar verdient, der muss viel mehr Steuern zahlen. Das sind Signale, wo man sagt, man will etwas machen, dass es in Zukunft nicht passiert, weil jeder weiß, dass die Boni ein grosses Problem sind, eine Hauptursache von dieser Bankenkrise. Also Sie sagen, es ist zu wenig Auflage gemacht worden. Ja, entweder man sagt, UBS soll mehr Risiken nehmen, sie soll eigentlich alle Abschreibungen nehmen in Zukunft, dann ist das Problem von der UBS. Oder man sagt, wenn die Allgemeinheit das muss nehmen, dann muss man Auflagen machen und schauen, dass das besser kommt. Und zweite Aussage, der Steuerzahler muss blüten. Also vielleicht jetzt einmal zuerst,
Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die einzelnen Bestandteile von diesen Gesamtmaßnahmen reden, aber Sie sprechen, Herr Lampert, Sie sprechen die ganze Situation SNB, also der Schweizerischen Nationalbank, an. Es ist natürlich nicht so, dass die Aktiven, die jetzt reingegangen sind in die Spezialgesellschaft, dass das alles illiquide, also im Moment sind sie illiquide, aber sind alles Faule auf die Dauer, sondern das sind Aktive und die sind hinterlegt mit Hypotheken, das wissen Sie so gut wie ich. Das sind Wohnliegenschaften, das sind Geschäftshäuser und ein Teil von dem ganzen Betrag sind auch ganz gesunde Sachen. Man hat einfach den ganzen Kuchen raus drin. Und die Nationalbank muss ja nicht das Mohren verkaufen. Also Sie gehen wie ich wahrscheinlich davon aus, dass die Situation, die wir heute haben, auf dem Finanzmarkt, auf dem Liegenschaftenmarkt, in der ganzen Wirtschaft, dass die auch mal wieder in eine andere Richtung geht. Also vielleicht müssen wir halt auch in der Politik und in der Wirtschaft mal lernen, über Zeiträume von 10 Jahren schauen. Und das kann die Nationalbank, das kann eine Geschäftsbank nicht. Das ist der Unterschied. Und das sagt natürlich der Jean-Pierre Roth auch. Und das ganze Direktorium. Wir können die reinnehmen und wir können warten und wir können sie dann verkaufen, wenn die Marktpreise wieder gegeben sind. Also von daher ist das Risiko nicht so gewaltig. Also es ist immer ein Risiko. Das ist nicht zu bestreiten. Das gibt's. Also die UBS tut von dem Risiko, vom gesamten Risiko 6 Milliarden abdecken, indem sie die 6 Milliarden auch in die Zweckgesellschaft hineinbringen. Dann hat die Nationalbank noch eine Vereinbarung getroffen mit der UBS, dass wenn es zu einer Asymmetrie käme, in der Entwicklung von dieser Zweckgesellschaft bzw. von den Erträgen von dieser Zweckgesellschaft. Was heisst Asymmetrie? Also wenn die sich unterschiedlich entwickeln, wenn jetzt zum Beispiel die Aktiven in der Zweckgesellschaft, die eben die Nationalbank mit einem Darlehen finanziert, wenn die völlig unter dem Wert wären und sich nicht so entwickeln würden wie das Geschäftsergebnis von der UBS selber, dann hat die Nationalbank nachher, das hat sie sich vorbehalten, die Möglichkeit, sich an den Aktien in einem größeren Umfang von der UBS beteiligen und das wieder rauszulösen. Okay. Also, der zweite Punkt war, wo Herr Lampert gesagt hat, man hat keine Auflagen gemacht oder keine verbindliche Abmachungen getroffen, was die ganz umstrittenen Sachen sind, zum Beispiel Millionengehälter, Abfindungen, Optionen und so weiter. Also vielleicht vorausgeschickt, das ist natürlich der Bereich, der mich auch erschüttert. Dass man Boni auszahlt in einem Moment, wo man so viel Geld ins Sand setzt, das ist, glaube ich, das ist völlig unbestritten. Das kann man nicht mehr unter freier Marktwirtschaft verkaufen. Aber okay, das sollte man nicht anschauen, sondern das ist jetzt etwas, was ich auch nicht tolerieren kann. Aber wir machen ja nicht etwas zum Boni finanzieren, sondern wir machen etwas, um den Finanzplatz, das ganze System Schweiz zu unterstützen, damit ein Haufen Arbeitsplätze und die KMUs, die alle dort mit verbunden sind und alle Banken untereinander. Aber zu dieser Frage, wir haben Auflagen gemacht. Also jetzt bei unserer Pflichtwandelanleihe, in der Pflichtwandelanleihe drin sind ganz klare Auflagen. Wir tun nicht direkt einwirken auf die ganze Kompensationssystem nach der Pflichtwandelanleihen und diesen Auflagen drin, sondern wir machen das über die Bankenkommission, die zusammen mit anderen Ländern im regulatorischen Bereich jetzt die Fragen aufarbeitet und nachher auch Regeln setzt, was man unter Boni, Abgangsentschädigung... Ich glaube, wir kommen im Laufe der Sendung darauf, ob das genug ist. Das ist wirklich Nein, es ist nicht genug und darum möchte ich dann noch einen anderen Teil dazu sagen, aber ich weiss nicht, wie ich würde gerne nachher mit den Politikern darüber reden, weil das ist schon ganz umstritten. Ich will es einfach schnell zusammenfassen. Wenn man heute zum Beispiel bei uns auf die Internetseite schaut, wie es bei den Leuten tönt, was die Leute uns schreiben, dann ist von Schock dreht, von Schock, von Empörung, von Frustration, von Wut über Banken. Und ich will schon gerne, dass wir diesen Faden nicht verlieren. Also, wir reden von 68 Milliarden, die in dem, ich sage jetzt gleich, in dem Rettungsplan drin sind. Wie kommt das bei Ihnen an? Ja gut, bei mir kommt es auch wie wahrscheinlich bei der Durchschnittsbürgerin oder dem Bürger. Und was mir jetzt persönlich noch mehr zu denken gibt als Tatsache, dass man das jetzt machen muss. Ich meine, es ist ja mittlerweile fast ein bisschen absurd, weil in der Welt haben das mittlerweile fast alle Industriestaaten gemacht. Darum ist irgendwie die Überraschung nicht mehr so riesig nach dem, was im Ausland passiert ist. Aber was mir zu denken gibt, ist, dass ich bis jetzt zumindest sozusagen von der schweizerischen Klasspolitik, von unseren Eliten noch nicht gehört haben, ja, was machen wir denn in der Zukunft, oder? Weil das ist eine weltweite Krise vom ganzen Finanzsystem und irgendwie scheint es bis jetzt noch nicht eine Perspektive zu geben. Also für mich ist klar, was machen wir in der Zukunft? Ja, man müsste wirklich als Schweiz 2 Erkenntnisse irgendwie versuchen zu haben. Erstens, die Schweiz muss sich im Klaren sein, wir sind nicht mehr eine Insel, wir sind kein Sonderfall, gerade auch im Finanzwesen drin. Weil das hat man ja, der Präsident von Economy Suisse hat das ja noch vor kurzem gesagt, uns geht es gut, die Schweiz gewinnt. Also die Erkenntnis, denen muss man sich bewusst sein. Und dann, abgeleitet davon, muss man halt als Schweiz auch vorausgehen, wenn es darum geht, international ein neues regulatorisches Werk aufzubauen. Weil das ist absolut zentral, okay, also um dafür zu sorgen, dass... Nein, keine Insellösung.
und internationale Regulierung, weil nur dann kann man den Wahnsinn, der ja stattgefunden hat, für die Zukunft irgendwie dafür sorgen, dass es nicht mehr stattfindet. Danke vielmals. Ich will auf diese Seite gehen. Also 68 Milliarden, der Herr Rohner sagt, das ist nicht ein Rettungsplan, Herr Bäumle. Ja gut, ob es ein Rettungsplan oder nicht, das finde ich jetzt nicht so relevant. Wichtig finde ich jetzt eigentlich, dass man in der Situation, wo die Bank das erste Mal auch ansteht, auch da heute und sagt, wir haben jetzt eine Situation, wo eine Notwendigkeit da war. Für mich haben da der Bund, die EBK, die Finanzverwaltung und die Nationalbank einen super Job gemacht mit der UBS zur Rettung vom Finanzplatz. Und das war einfach nötig gewesen. Es ist sehr unschön, und das wird wahrscheinlich Herr Rohner bestätigen, dass eine UBS muss überhaupt so etwas in Anspruch nehmen. Aber unschön hier oder her. Wir haben heute keine Alternative mehr. Wir müssen positiv vorwärts schauen. Ich sehe das Ganze nicht so negativ. Wir müssen Konjunktur erhalten. Und mit dem Schritt, glaube ich, hat Frau Bundesrätin gezeigt, dass der Bundesrat sehr wohl handlungsfähig ist und einen sehr guten Job kann machen. Schauen wir, was das nachher heisst im Detail, Herr Hochwald. Also, ich begreife die Wut von gewissen Leuten, durchaus. Und es ist auch ein Sündenfall, ordnungspolitisch gesehen. Aber es ist uns nichts anderes übrig geblieben. Und der Bundesrat hat sehr gut gehandelt. Das ist nur das übrig geblieben. Ich wette allerdings jetzt, und dem Herr recht geben, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen mehr schauen, was in Zukunft passiert. Das Controlling muss besser werden, Bankenaufsicht, wir kommen sicher zu dem. Und die Auflagen, über die möchte ich schon noch eingehender reden. Gerade auch was KMU betrifft, zum Beispiel. Okay, also mit was für Auflagen ist das verbunden? Da würde ich jetzt gerne Politiker eigentlich hören. Ich würde Ihnen 3 für den Moment danken. Und um ein Auswechseln bitten, Herr Lampath, Marion Fassbind und Marcel Rohner von der UBS und unsere Politiker führen beten. Dann können wir das politisch werten. Wir haben 4 Spitzenpolitiker, die alle auch in den Finanzkommissionen oder Finanzdelegationen sind bei uns. Und zwar der Fulvio Belli, Parteipräsident von der FDP von der Schweiz. Guten Abend, Herr Belli. Der Ueli Maurer, er ist Parteipräsident im Kanton Zürich von der SVP. Der Werner Marti, Nationalrat von der SP aus dem Kanton Glarus. Und Therese Frösch von den Grünen. Guten Abend miteinander. Herr Belli, ich bin sehr erstaunt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagt die FDP, eine der Auflagen, die wir vorher gerade darüber geredet haben, ist, dass die Ex-Manager der UBS jetzt mitzahlen an der Misere, die angerichtet worden ist. Ja, also die UBS, wie viele andere, haben entschieden, ein System der Entlöhnung mit Boni auszuwählen. Boni bedeutet, gute Leistungen werden bezahlt. Wenn die Leistungen schlecht sind, wie der Fall UBS jetzt zeigt, müssen die Boni zurückbezahlt werden. Es sind nicht verdient. Das ist ganz einfach die Regel, die die UBS selber entschieden hat. Aber große Boni für die guten Zeiten, schlechte. Wie wollen Sie das machen? Rechtlich? Ja, erstens ist ein Problem der Selbstverantwortung dieser Leute. Wir kennen, wer diese Leute sind. Wir können in den Augen schauen und sagen, ja, jetzt gebe bitte zurück, weil du hast schlecht gearbeitet. Also Sie würden einfach auf Freiwilligkeit quasi daran bauen? Ja, ich glaube, die UBS versucht jetzt etwas. Wenn ich gut informiert bin, gibt es Gespräche, die geführt werden, um das zu erreichen. Ah ja. Und zweitens, was heißt das? Das ist aber interessant. Also ja, der Herr Rohner führt Gespräche mit dem Herr Ospel und sagt, Marcel, gib doch ein paar von deinen Millionen bitte zurück. Also ich habe schon, als ich reingekommen bin, zu dem etwas gesagt, das kommt dann in der Sendung, die vor dieser Sendung kommt. Das Gespräch habe nicht ich, aber ich sage nur, wir haben so Gespräche und die sind natürlich auch vertraulich im Moment, das verstehen Sie. Und das Ergebnis des Gesprächs, das kommt dann in unserem Kompensationsbericht raus, wo im April veröffentlicht wird. Das ist aber interessant zu hören. Muss ich das als eine Massnahme werten, wo Sie sagen, das könnte das Vertrauen zurückbringen in die Bank? Schauen Sie, am Schluss müssen auch alle Leute für sich selber entscheiden. In so einem Fall da gibt es noch Fragen, die wir abklären, rechtlicher Art, damit wir sicher sind, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist das, was man im Moment machen kann und was wir auch jetzt vorhaben für die nächste Zeit. Danke vielmals. Frau Frösch, die Grünen sind eigentlich am weitesten gegangen in den Forderungen, die sie verbinden mit der Hilfe, die der Staat der UBS soll leisten. Was heisst das? Ja, das heisst ganz klar, dass man jetzt das Geld gesprochen hat. Das ist offenbar nötig gewesen, für einen Wirtschaftsplatz können zu retten oder auch ein bisschen stabilisieren. Aber jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Auflagen sind keine da. Und wenn sich jetzt die Bankenkommission, wie Frau Bundesrätin
angeführt hat, irgendwo auf einer Insel treffen mit dem Herrn Achermann oben innen oder irgendjemand und die dann über ihre Boni-Regelungen reden, dann ist das natürlich ein Hohn. Das heisst, das, was jetzt heute im Bundestag verabschiedet worden ist, zumindest das in Deutschland, das ist doch ganz klar. Das Parlament ist nicht einberufen worden. Wir haben eine Sondersession verlangt. Es ist jetzt ausgegeben worden, die Rettungsaktion ist gemacht worden, um das Grounding zu verhindern und die Verluderung der letzten 20 Jahre, wo wir wirklich genug haben von dem System. Das heisst, die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles. Wir haben jetzt die ganze Situation. Und da ist es doch ganz klar, wenn der Herr Roth, der Nationalbankenpräsident, sagt, redet von der Bankenfamilie und er sagt, das eine Kind ist jetzt gekommen, die UBS, aber das andere kann auch noch kommen, wenn es Geld braucht, dann muss ich sagen, ja, und die Volkswirtschaft und die ganze Realwirtschaft und wir alle. Also wenn die Kinder kommen, dann sagen wir doch endlich einmal, wenn die Kinder kommen, dann tun wir euch jetzt aber einmal das Sackgeld streichen und fertig Schluss. Und das muss man jetzt machen. Und da kann man nicht warten. Das muss man jetzt machen. Das ist ein Signal, ein psychologisch ganz wichtiges Signal, dass da der Bundesrat den Mut hat und nicht nur dem Marktglauben, dem Mythos hinterher rennt und sagt, aber jetzt ist egal wie, das rechtliche regeln wir nachher. Message ist klar, Frau Bundesrätin hat schon in der Mitte von Ihrem Votum den Kopf geschüttelt. Also, wir wissen auch, Frau Nationalrätin, wir wissen auch ganz genau, dass ein freier Markt gewisse Regeln braucht. Das kann er nämlich nicht spielen. Das hat sich jetzt gezeigt, oder die letzten paar Jahre haben pervertiert in diesem Bereich. Das ist unglaublich, was sich da abgespielt hat. Und ich verstehe jeden Bürger und jede Bürgerin auf der Straße, der sich wirklich ärgert, die Emotionen hat. Die habe ich im Übrigen auch gehabt. Aber letztendlich müssen wir ein Problem lösen. Also wir können ja nicht einfach uns dann im Ärger einfach zufrieden geben. Wir müssen irgendwie ein Problem lösen und vorwärts schauen. Und eine von diesen Bedingungen, die wir gemacht haben mit der Pflichtwandelanleihe, ist, dass die EBK nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern die Eidgenössische Bankenkommission die Regulatoren jetzt festlegt. Die sind im Übrigen von einem Haben Sie denn Vorgaben gemacht? Wir haben ein internationales Forum, FSF, das das schon festgelegt hat, was aber noch nicht mit allen Ländern abgesprochen Und was ist da drin? Das sind ganz klare Vorgaben über Boni, über Abgangsentschädigungen, über Anreizsysteme. Gerade das, wo wir immer darüber reden. Also die zum Teil völlig unverständlichen Anreizsysteme, die will man dort in den Griff kriegen. Frau Bundesrätin, ich zweifle, ob ja, das so klar ist. Gestern hat der Peter Kur von der UBS, der Verwaltungsratspräsident, im 10 vor 10 gesagt, es wird auch in Zukunft zweistellige Millionenbeträge geben bei den Boni, bei den Investmentbanken. Das heisst, dass die Auflagen die Auflagen sind noch nicht in Kraft und die Aussage gestern, die hat mich auch schlichtweg erschüttert, das muss ich sagen. In dieser Situation sollte man derige Aussagen nehmen. Jetzt möchte ich einfach noch bitte fertig sagen. Wir haben jetzt eine Gesetzesvorlage auf dem Tisch, wo die Möglichkeit besteht, das Problem nicht nur für die Banken, sondern für den ganzen Unternehmensbereich einmal klar zu regeln, in gewissen Grenzen, wo man dann auch noch Eigenverantwortung spielen lässt und wo man Selbstverantwortung auch noch lässt und Handlungsspielraum lässt im neuen Aktienrecht. Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, und ich denke, es ist auch richtig, dass wir dort ein bisschen klarere Bestimmungen noch einbauen, wo wir eben genau den ganzen Bereich nicht nur für die Banken, sondern für den ganzen Unternehmensbereich. Okay. Frau Bundesrätin, ich muss sagen, ich bin erschüttert, wenn Sie erschüttert sind, wenn Sie so etwas von Peter Kur hören, nachdem er in engsten Verhandlungen war mit den Banken. Aber ich würde gerne, dass Ueli Maurer und Werner Marti jetzt einsetzen können, an diesem Punkt der Diskussion. Ich denke, es gibt zwei Punkte. Das eine ist die Vergangenheit. Da glaube ich nicht, dass es Sinn macht, wenn man die Leute an der Sanierung beteiligt. Hingegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auf freiwilliger Basis einen freiwilligen Beitrag leistet, in einer Form für die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Weil ob da noch mal ein paar Millionen zurückfließen, macht eigentlich nichts aus. Aber für das Image von diesen Herren wäre so eine Lösung, vielleicht auf freiwilliger Basis, die dann auch freiwillig ist, durchaus sinnvoll. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann bin ich der Meinung, grundsätzlich muss es auch möglich sein, in Zukunft eine außerordentliche Leistung außerordentlich können entschädigen. Nicht in zweistelliger Millionenhöhe. Und von dort her wäre ich ein Gegner, dass man sagt, fertig Boni überhaupt nicht mehr, weil das wäre demoralisierend für gute Leute. Ich meine aber, dass eigentlich die Eidgenössische Bankenkommission schon jetzt die Möglichkeit hätte, gewisse Auflagen zu machen in Bezug auf das Anreizsystem, weil das Anreizsystem, das Bonisystem hat dazu geführt, dass man offenbar auch für
schlechtes Geld gut, also für schlechte Leistungen gutes Geld bekommt. Okay, aber ein bisschen konkreter, man hört einfach im Moment nichts, oder? Aber Frau Fösch hat ganz klar gesagt, ja in Deutschland hat man Beträge gehört. 500'000 Euro, oder Euro, ja genau. 500'000 Euro und keine Boni. Genau. Man muss sich aber einfach vorstellen, was es... Problem. Die Frage, die sich jetzt heute stellt, was macht Politik? Oder? Und was stellen wir da für Forderungen? Das sind nicht jetzt fromme Wünsche an Herrn Ospel oder an die diversen anderen Beteiligten, was sie zurückgeben müssen, sondern was für Rahmenbedingungen stellen wir. Und wenn Sie sagen, Sie müssen dem Herrn Ospel in die Augen schauen und sagen, du hast schlechte Arbeit gemacht, muss ich euch bitten, in die Augen schauen und sagen, ihr habt auch schlechte Arbeit gemacht. Weil ihr habt gegen unseren Willen permanent die Vorstöße, die wir gemacht haben bezüglich Corporate Governance, bezüglich Bankregulierung etc. auf die lange Bank geschoben. Und jetzt muss man handeln. Ich glaube, jetzt muss man handeln, jetzt muss man schnell handeln und man muss griffige Massnahmen treffen. Und da habe ich Ihnen auch schon gesagt, Frau Bundesrätin, es langt nicht, wenn man das einfach outsourced an die DBK, an ein technisches Gremium, auf internationale Gepflogenheiten verweist. Ich denke, da braucht es auch vom Bundesrat bezüglich Boni und Entschädigungen klare Vorgaben. Und wenn man sagt, man kann das ziffernmässig nicht festlegen, glaube ich, das sollte noch machbar sein. Man kann von jedem Schuldner in diesem Land das Existenzminimum auf Franken und Rappen festlegen. Dort streiten wir von 100 Franken auf oder ab. Da sollte es möglich sein, irgendwo einen Deckel festzulegen. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Politik, das zu machen. Das ist aber nicht die einzige Maßnahme. Es gibt noch einen Haufen andere, die das ist nicht der richtige Weg. Ich bin auch der Meinung, dass man es begrenzen muss. Aber es ist doch in unserem System mit den vielen privaten Unternehmungen nicht der richtige Weg, sondern man muss die Aktionäre verpflichten, dass sie das übernehmen und die Löhne und die Bandbreite festlegen. Und das kann man über das Aktienrecht ja machen. Und das andere ist der Rahmen, der regulatorische Rahmen, wo wir nicht allein als Schweiz festlegen können. Wir stehen im Wettbewerb. Was Herr Marti erzählt, ist Illusionspolitik. Weil es ist ganz einfach, wenn Sie jetzt entscheiden, der Bund entscheidet, wie hoch die Saläre sein müssen. Was passiert? Die Banken verschieben ihren Sitz in einem Land, wo diese Regel nicht gibt. Und dann haben wir auch die Banken nicht mehr. Also Sie müssen nicht in eine künstliche Welt leben. Die Welt ist diejenige, die hier gibt. Dort gibt es Unternehmen, die sehr gut arbeiten, die gut mit Boni arbeiten, die nicht übertreiben. Was passiert ist da die Kultur dieser Banken, die falsche war. Dass sie geglaubt haben, sehr schnell sehr viel Geld verdienen zu können. Das ist das Problem. Diese Kultur ist zu korrigieren. Ja, jetzt, du hast mich angegriffen, jetzt bleibst du einen Moment ruhig und lass mich antworten. Ja? Diese Kultur ist zu korrigieren. Und die Banken in der Schweiz waren nicht so am Anfang unserer Entwicklung als große Finanzplatz. Sie waren Banken, wo bescheidene Leute, die gut arbeiteten, keine große Boni wollten. Und plötzlich hat sich diese Situation entwickelt aufgrund von einer Internationalisierung des Systems. Und was vielleicht die dort wo die Regulierung schwach war, das ist vielleicht wahr, dass es zwar schwach war, aber es war bei den Anreizen. Es gab zu viele Geldanreize waren möglich, um kurzfristig und risikofreundlich zu arbeiten. Das war der Fehler und das muss korrigiert werden. Wenn das korrigiert wird, wird auch die Politik der Entlöhnung korrigiert. Das ist jetzt eine Illusionspolitik, Herr Belli. Kollege Fulvio Belli, ich habe nicht Sie persönlich angegriffen, sondern ich habe die Politik der FDP und der SVP angegriffen, die diese Systeme jahrelang gestützt hat und die dazu beigetragen hat, dass es zu diesen Exzessen gekommen ist. Das ist Punkt 1. Wir haben verhindert, dass... Okay, Herr Belli, jetzt müssen Sie ihn auch ausreden lassen. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich nicht in der realen Welt lebe. Ich glaube, ich lebe in der realen Welt. Ich kann mich an die Arena vom letzten Freitag erinnern, wo ich der Einzige war, der gesagt hat, passt auf, was machen wir im Notfallszenario? Eine Woche später ist das eingetreten, währenddem Ihre Vertreter nach wie vor an die Selbstheilung und Selbstregulierung des Marktes geglaubt haben, obwohl dieser Markt schon lange an Wundbrand gelitten hat. Also jetzt fahre ich auf Mundart weiter. Aber ich will nicht so lange bei diesen Boni bleiben, das ist eine Maßnahme. Es braucht noch viele andere. Bankregulierung. Okay, wenn Sie sagen, wir verlassen das Thema, das finde ich gar nicht schlecht. Ich will aber noch schnell zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie seien erschüttert gewesen, Frau Bundesrätin, über die Aussage von Ihrem Verwaltungsratspräsidenten gestern Abend im 10 vor 10, dass auch in Zukunft zweistellige Millionen Boni nicht werden ausgeschlossen sein. Also ich denke, es ist grundsätzlich einmal schwierig, mit Zahlen umzubieten. In einem Geschäft, das 80'000 Leute hat, auf der ganzen Welt in verschiedensten Geschäftsfeldern tätig ist. Was sicher wird passieren, ist in der ganzen Finanzindustrie werden die Bonuszahlungen drastisch zurückgehen.
Das ist klar. Wir dürfen aber die Dynamik auch nicht vergessen. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt, wo wir Leute haben müssen gehen. Und dann haben wir die Risiken, die wir bewirtschaften müssen. Und dann brauchen wir auch wieder Leute, die die Kenntnis und das Wissen haben, um uns die Situation jetzt zu lösen. Und dann befinden wir uns in einem Umfeld, wo wir diesen Kräften ausgesetzt sind, wo wir uns nicht einfach auf einer Insel frei bewegen können. Und das darf man einfach nicht ganz außer Acht lassen. Und da können wir nicht eine pauschale Gradaussage, einen Deckel über alles rein machen. Gut, also aber in dieser gesagt, Situation. Das wird in Deutschland Deutschland macht das. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, nein, die Bundesangestellten sind besser bezahlt als die kantonalen, dann heisst es ja, das ist jetzt so, die Leistung zählt und nichts anderes. Das gibt es doch x-mal in der Schweiz. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Vergleiche. Und wenn jetzt die Deutschen vorausgehen und Amerika auch, dann wäre es doch nur eigentlich eine Frage vom Respekt, dass jetzt der Herr Churer nicht, kaum hätte er das Geld, gerade wieder sagt, es gibt keine Limite für Boni, sondern dass er dort dann einfach wirklich zugesteht, nein, jetzt gibt's etwas, also jetzt müssen wir etwas machen. Und darum habe ich das Vertrauen nicht. Sie reden immer von Glauben und Vertrauen, oder? Und Glauben und Vertrauen ist eben nicht nur an den Börsen, oder? Dass immer rauf und runter geht. Sondern das ist bei uns real. Wir leben jetzt hier und müssen mit einer Rezession leben, oder vorausgesehen, eine Rezession müssen wir befürchten, wo sie uns teilweise in die Schuhe geschoben haben. Und jetzt kommt der Herr Churer und sagt, ja, nein, weil wir kommen dann vielleicht nicht so gute Angestellte über und darum müssen wir jetzt halt gleich noch ein bisschen Boni zahlen. Das ist einfach schamlos. Ja. Schauen Sie, also ich verstanden, dass das ist eine Realität, ist genauso wichtig. Für uns ist die allerwichtigste Realität, weil das ist das Land, wo wir herkommen, wo wir am meisten Geld verdienen als Institution, die am wichtigsten ist, und die nehmen wir sehr ernst. Aber wir haben die anderen Geschäfte auch. Wir können nicht eine weltweite Lohnpolitik isoliert einsetzen, und ich kenne die deutsche Regelung nicht. Ich weiß nicht, für wer sie genau gilt, aber ich bin überzeugt, es ist kein Deckel für alle Angestellten von der Deutschen Bank gesetzt worden oder von einer anderen Bank. Das ist es nicht. Und wenn es das ist, dann geht es nicht. Okay. Denn das können sie nicht umsetzen. Und da müssen wir einfach auch realistisch sein, was wir heute haben. Wir haben ja die Situation, die wir haben, und mit der müssen wir umgehen. Wir versuchen, das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen, und auch unter Berücksichtigung von dem, was Sie sagen. Danke vielmals. Vielleicht können wir von der Bundesrätin noch mal fragen, was das heisst in Zahlen. Wenn Frau Frösch sagt, also in Deutschland diskutiert man über einen fixen Betrag, 500'000 €. Bei uns haben wir können lesen, der bestzahlte Beamte, Chef von einem Bundesbetrieb, von der SBB, ist gerade in diesen Tagen rausgekommen, hat 500'000 Franken Grundlohn. Gibt es dann eine Zahl, die Sie sich vorstellen und wo man sagt, die EBK-Bankenkommission, der schwebt das vor? Das wäre völlig unseriös, wenn ich jetzt irgendeine Zahl einfach würde sagen. Und Frau Frösch weist jetzt auf Deutschland hin und auf Amerika hin. Aber wenn Sie dort schauen, was beschlossen worden ist, das ist nicht die ganze Entschädigung und Entlöhnung, die beschlossen worden ist, sondern es sind die Grundlohnbestandteile. Also Sie haben damit irgendwelche Vereinbarungen, die für irgendwelche andere zusätzliche Leistungen laufen, eben nicht im Griff. Und das ist das, was die Amerikaner heute schon sagen. Die tätig sind im Finanzbereich, ja, stört uns nicht groß. Wir können mit Vereinbarungen ja dann wieder irgendetwas anderes machen. Das kann es ja auch nicht sein. Dann müssen wir ja eigentlich den Unternehmen die Verantwortung übergeben, um die Löhne klar auch definieren, auch für ihre Kader, für ihre Verwaltungsräte. Das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen. Okay. Herr Martin, Sie haben gesagt, Sie werden jetzt eigentlich nicht weiter über das Thema diskutieren, sondern es gibt andere wichtige Elemente, die man diskutieren bei diesem Plan. Also ich finde, es ist ein wichtiges Element, aber es gibt wirklich noch einen Haufen andere, die für die Volkswirtschaft von der Schweiz ebenso wichtig sind. Das ist der Einlegerschutz. Da haben wir die Zusage, dass das in die Dezember-Session kommt. Erste Phase, zweite Phase im Februar. Wir sind der Auffassung, dass das so schnell wie möglich muss. Man kann nicht nur die Banken schützen, man muss auch die Einleger umfassend schützen. Das eine ist die Regulierung des Bankensystems. Und da muss ich einfach den Gedanken aufgreifen, den der Jon Pultschuh vorhin geäussert hat. Wir sind nicht mehr allein. Ich glaube, dass die Schweiz eine Insel der Glückseligkeit ist, die ist diese Woche endgültig untergegangen. Wir müssen uns bewusst sein, dass auch dass es keinen Finanzmarkt Schweiz gibt, sondern es nur einen internationalen Finanzmarkt gibt, und der muss international reguliert werden. Und da erwarte ich von der Schweiz, dass sie da mitwirkt und es nicht probiert, abseits probiert, Rosinen
rauszupicken. Okay. Und was wir bei der ganzen... Weil sonst haben wir noch einen Haufen Themen, die wir durcheinander diskutieren. Wo wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen. Wir reden jetzt nur über den Finanzmarkt. Aber es gibt noch eine Realwirtschaft. Eine Realwirtschaft, die unter dem Ganzen leiden tut. Und da dürfen wir bei dieser Politik, die man da macht, nicht nur an die denken, die am lautesten rufen und sich am besten in Szene setzen, sondern all die anderen, die von dem eben betroffen sind. Und da ist Bundespolitik, insbesondere im Rahmen der Finanzpolitik, mit Investitionen stark gefordert. Und da haben wir die Nagelprobe bei der Budgetdiskussion im Dezember machen. Also ich denke durchaus, beim Einlegerschutz werden wir uns irgendwo im europäischen Umfeld müssen ein bisschen anpassen. Aber ich möchte schon trotz allem auch davor warnen, dass man jetzt unter dem Schock anfängt zu regulieren und machen und alles versucht einzuhängen. Das kommt am Schluss nicht besser raus. Man muss schauen mit diesen unnötigen Boni, mit diesem Anreizsystem, das falsch ist. Man muss beim Einlegerschutz schauen. Aber man kann nicht über alles den Deckel heben. Wir sehen es beim Bund, dort, wo alles reguliert ist, bei der SBB, produzieren wir jedes Jahr mehr Milliarden Defizit. Also das System, wenn alles reguliert ist, ist nicht besser. Man muss einen vernünftigen Mittelweg finden. Und der liegt sicher dort, dass man den Exzess versucht, oder muss eindämmen, ganz eindeutig, weil das verstehen die Leute zu Recht nicht. Wie machen Sie denn das? Eben, ich denke, die Eidgenössische Bankenkommission hätte jetzt schon Rechtskompetenz, das Anreizsystem zu senken, sehr schnell. Wenn wir das politisch machen und einen Deckel versuchen drauf zu tun, ist auch mit dem OR nicht möglich, oder? Wir können nicht Obligationen, wir können nicht die Bank verpflichten, 80'000 Arbeitsverträge künden, weil die Politik plötzlich einen Furz hat und sagt, wir müssen es jetzt anders machen. Das muss auch Sache sein von der Bank wieder, aber im Gespräch selbstverständlich. Und der Druck muss schon erfolgen, weil das Anreizsystem hat dazu geführt und dass man auch den Einleger schützt, wie der Werner Marti das gesagt hat, das ist auch berechtigt. Aber ein Staat kann auch nicht am Schluss eine Garantie geben für alles. Der Staat kann nicht für Millionen Einlagen schützen und eine Garantie übernehmen. Irgendwo trägt jeder von uns auch noch ein Risiko. Und dann muss er halt überlegen, ob er zu der UBS geht oder zu einer Kantonalbank oder ich weiss nicht woher. Also jede Verantwortung können wir dem Bürger nicht wegnehmen. Frau Bundesrätin. Also es ist ja nicht so, dass die Eidgenössische Bankenkommission bis heute nichts gemacht hat in dem Bereich, im Bereich Aufsicht. Schauen Sie mal den Bericht 2007 an, der jetzt von der Eidgenössischen Bankenkommission gerade mit Bezug auf die UBS rausgekommen ist. Das heisst, wo man jetzt lesen kann, Sie sehen dort, dass man durchaus darauf hinweist, dass die Boni auch Abgangsentschädigungen vor allem... Ja, natürlich ist es spät. Wir müssen auch nicht mehr Vergangenheitsbewältigung machen, wir müssen für die Zukunft etwas machen. Ich sage nur, die EBK und künftig ist ja die FINMA, also die Finanzmarktaufsicht, die noch ein bisschen mehr Möglichkeiten die auch hat, die man vielleicht auch noch verstärken muss. Das ist durchaus möglich. Aber die haben darauf hingewiesen. Wenn ich den Bericht lese, dann stelle ich mir auch die Frage rein juristisch, ob da nicht Sorgfaltspflichten verletzt worden sind, ob man diese Frage dann nicht einmal noch aufwerfen muss und diesen Weg eben auch gehen gegenüber den ehemaligen Verantwortlichen. Aber das wird sich zeigen, man muss den Bericht jetzt analysieren. Okay. Zum Einlegerschutz, vielleicht darf ich dort noch etwas sagen. Also zu der Frage... Wenn Sie mich so nicht fragen, dann bin ich ja K.O., dann kann ich ja nicht Nein sagen. Nein, zu der Erhöhung von den Einlagen, also von den Einlagen, Spareinlagen. Wir haben ja klar gesagt, der Bundesrat, jetzt, wir wollen die erhöhen. Wir haben auch gesagt, wir uns orientieren, seit der National- und gesagt, wir uns orientieren an der Höhe der EU-Maßstäbe, die es hat. Wir werden aber dann auch noch darüber diskutieren im Parlament, wie sieht denn der Topf von der Einlagensicherung aus? Muss das ein Fonds sein? Muss das eine Versicherung sein? Wir sagen heute als Bundesrat zusammen mit der Finanzdelegation, wir stehen da für den Schutz von diesen Einlagen bis zum Rahmen, wie es die EU vorsieht. Aber der andere Teil von der Finanzierung von dem Schutz müssen wir dann schon noch genau anschauen. Ich will auf das nicht unbedingt stärker eingehen, weil das ist mehr oder weniger unbestritten. Das hat man gerne gehört. Also das geht um die Sicherung von diesen Sparguthaben, wo jetzt bei 30'000 Franken Sicherheit liegt, wo soll ungefähr auf das Niveau angehoben werden. Aber ich will sehr gerne ein bisschen im Grundsätzlichen bleiben und nochmal zu dem diskutieren, wo wir jetzt stehen, Frau Benziger. Grundsätzlich ist die Feststellung, das bisherige System hat versagt. Es hat versagt und das System ist ein klares Zusammenspiel der Banken, die ihre Freiheiten wollen und haben können wahrnehmen in einem weiten Rahmen. Von der Politik, die es verpasst hat, saubere Regulativ zu setzen. Und von der Bankenaufsicht, die nicht genug dotiert war, um so früh Bericht zu schreiben, damit man eingreifen kann. Der jetzige Bankenbericht ist ein typisches Beispiel. Der kommt so zu spät, dass man sagt, tut uns leid, man muss sich Verantwortlichkeitsklagen übersetzen. Wenn wir überlegen, wenn man jetzt nachher sagt, wir tun nur ein Pflaster drauf, was mit dem Paket gemacht wird, ist das nur der erste Schritt. Es braucht genau das gleiche Zusammenspiel
für die Zukunft. Es braucht auch die nationale Politik. Es braucht eine starke, eine verstärkte Bankenaufsicht. Und es braucht, und da würde ich doch noch mal sehr, sehr deutlich zum Herrn Rohner rüber schauen, es braucht, und das erwarte ich, das Eingeständnis von der Bankenseite, dass man einverstanden ist mit einem stärkeren Regulativ, weil das bisherige hat versagt. Und diese Aussage, die würde ich wahnsinnig gerne von Ihnen da hören, weil es ist das bisherige System aus diesen 3 Bereichen, das versagt hat. Es muss weitergehen, es braucht die 3 auch in einem übergeordneten Rahmen. Okay, Herr Rohner. Noch ganz Nein, geschwind. Sie haben ihn gefragt. Ich will eine Antwort von Herrn Rohner. Ja, also ich habe das positiv zurückspielen. Wenn Sie uns gehört haben, wir haben schon vor einem halben Jahr gesagt, wir erwarten, dass strengere Eigenkapitalvorschriften kommen. Wir sind auch bereit, die mitzutragen. Wir haben es selber gesagt, unsere Bilanz ist zu gross, wir sie verkleinern. Wir haben immer gesagt, dass wir diesen Regulierungen offen sind. Ich glaube, das sind die richtigen, die Systemstabilität stärken. Credit Suisse hat die Vereinbarung getroffen und erfüllt sie bereits. Wir werden in der nächsten Woche mit der Bankenkommission darüber reden. Und ich glaube, die Teile des Regulativs sind viel, viel wichtiger als die anderen, die wir vorher darüber geredet haben, weil die Stabilität garantieren. Und da haben wir gesagt, das sind die Fehler, die wir gemacht haben, die haben wir auch öffentlich dargelegt. Wir sind übrigens die einzige Institution von der ganzen Welt, die öffentlich darüber Bericht erstattet hat, was sie falsch gemacht hat und was sie für Fehler gemacht hat, was sie daraus gelernt hat und wie sie die Fehler bewältigen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Prozess. Den schulden wir unseren Kunden und unseren Mitarbeitern, Aktionären und in den Aufsichtsbehörden. Und den haben wir jetzt gemacht. Und dort innen ist auch klar ersichtlich, dass wir uns diesen Massnahmen überhaupt nicht verwehren. Das ist ja auch allgemein als sehr positiv gewertet worden. Marianne Fassbinder. Ja, ich sehe jetzt, das ganze Bonussystem und Entlöhnungssystem wird jetzt da sehr politisch gehandhabt. Aber ich denke, es geht doch vor allem darum, wir haben doch jetzt ein Problem bei der UBS, wo jetzt mit dem Massnahmenpaket Stabilisierung gewährleistet vom Finanzplatz. Ein anderes Problem ist doch, dass man das Vertrauen wieder schafft im Finanzplatz. Und ich glaube, da wäre es eben ein Signal von der UBS selber, ohne dass man jetzt politisch die Regulierungen macht oder darauf wartet, dass die UBS selber eben einen Schritt macht und sagt, sie kommt von dem Entlöhnungssystem weg. Es wird ja immer, nicht so deutlich, oder? Darf ich schnell ausreden? Es wird immer argumentiert von der UBS oder von den Banken, dass man das muss zahlen, weil man sonst nicht mehr konkurrenzfähig ist gegen ausländische Banken, die hohen Boni bezahlen. Ich stelle das in Frage. Es gibt sehr wohl Banken, wo es nicht gut geht. Eine ist HSBC, die Hongkong-Shanghai-Bank, die eine Entlöhnungssumme hat, relativ, die viel tiefer ist als die UBS, viel tiefer. Und dann kann ich auch ins Inland kommen. Wir haben Spezialisten also die Aussage, so stimmt sie nicht. Oder? Wenn Sie die machen, dann tun Sie verschiedene Geschäftsfelder, wo ganz unterschiedliche Mitarbeiter drin sind, Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Es gibt nicht das Lohnsystem. Ich glaube, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen Management, zwischen uns, zwischen Angestellten im Vermögensverwaltungsgeschäft, zwischen Leuten, die Risiken eingehen und Händlern. Das sind ganz unterschiedliche Märkte, die sind an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Systemen. Und wir können nicht ein einziges System für das alles anwenden. Da müssen wir differenzieren. Und das ist wichtig, dass wir da auch mit einer gewissen Vorsicht und Besonnenheit tragen und nicht am Schluss Schaden anrichten. Okay. Aber trotzdem, ich Sie vorhin unterbrochen habe, wofür ich mich entschuldige. Aber mit Ihren Aufrufen in aller Ehre, das finde ich richtig, aber mit dem verfallen Sie wieder in alten Glauben von der Selbstregulierung vom Bankensystem. Und ich glaube, eine Lehre, die wir jetzt aus der Krise, wo wir drin sind, müssen ziehen, ist, dass das nicht genügt. Ich glaube, da sollten wir uns einig sein, dass es da vom Staat her strengere Regeln braucht, als wir bis jetzt hatten. Und da tun wir doch auch von euch her, von der Fachpresse her, nicht immer das hohe Lied des Selbstregulierung. Es wäre schön, wenn es funktioniert, oder? Aber es funktioniert leider nicht, oder? Ich widerspreche dem nicht. Frau Kleiner, also, jetzt haben wir verschiedene Aspekte angesprochen. Der Martin hat eigentlich gesagt, die Boni-Diskussion, das ist nur ein Element. Es gibt auch noch wichtige andere Fehler. Was sagen Sie zu dem? Also ich habe eigentlich nicht im Sinn gehabt, Banken in Schutz zu nehmen, aber die Diskussion, die ich jetzt höre, denke mir nicht ganz realitätsgerecht.
das, was wir jetzt machen, ist eigentlich unter den Arm greifen von der UBS. Ich würde einfach daran erinnern, dass alle Banken, und wir haben eine Vielzahl von Banken in der Schweiz gut dastehen. Und wenn wir jetzt alle die Banken in einen Topf hineinwerfen, dann tun wir allen anderen, die gut gewirtschaftet haben, auch recht. Und die haben zum Teil riesige Liquidität, die sie kaum wissen, was machen. Aber das ist eigentlich nicht meine Aussage, die ich machen wollte. Aber ich wollte sie präzisieren. Es geht im Moment nicht um den Finanzplatz Schweiz, wo wir unter die Arme greifen müssen, sondern es geht um die UBS, wo wir unter die Arme greifen müssen. Und da habe ich einfach das Gefühl, die UBS ist jetzt in der Verpflichtung, wirklich etwas zu machen, wo die Leute, das Volk versteht. Und was heisst etwas machen? Etwas machen ist zum Beispiel für mich, dass ich erwarte von diesen UBS-Managern, die, wie unser Präsident Fulvio Pelli gesagt hat, Boni eingesackt haben für eine sehr schlechte Leistung, dass die da zurückgehen. Und eine juristische Diskussion ist für mich da nicht der richtige Ansatzpunkt, sondern jetzt geht es um eine gewisse moralische Diskussion. Es geht um Anstand, es geht um Respekt allen denen gegenüber, die arbeiten, zu normalen Löhnen und gute Leistungen erbringen. Okay, also auch Freiwilligkeit, sagen Sie. Ein Zeichen von der Bank. Ich hätte es lieber, wenn wir Schadenersatzklagen anheben. Ob man das kann oder nicht, weiss ich nicht. Ich bin nicht Juristin, aber auf jeden Fall muss da etwas zurückkommen. Es wird nicht möglich sein, dass man das Vertrauen zurückgewinnen kann. Okay. Und ich meine, auch die Boni müssen wir begrenzen. Es gibt übrigens noch andere Firmen, wo auch nicht besonders gut geschafft wird, wo auch zweistellige Millionenzahlen an Boni ausgezahlt wird. Auch da finde ich einfach unglaublich. Ja, in der Pharma. Ja. Da finde ich auch unglaublich. Und das ist ein System, das das Volk nicht mehr akzeptiert. Am Schluss, da haben wir jetzt gesehen, wenn etwas schief geht, dann muss gleich der Staat eingreifen und dann muss der Staat schauen, dass die Sache wieder in die Ordnung kommt. Und das kann es nicht sein. Danke vielmals. Der Herr, den wir noch nicht gehört haben, von der EVP, bitte. Ja, genau. Also jetzt bin ich schon ein bisschen erstaunt. Jetzt tut die UBS, also jetzt tut man, oder der Herr Pelli appelliert jetzt da an die Eigenverantwortung. Da die Boni-Diskussion, die soll sich jetzt da selber entwickeln bei der UBS. Aber ich bin schon erstaunt, es geht um 68 Milliarden, die der Staat jetzt da zahlt. Der UBS unter die Arme greift. Also bei so einer Summe, denke ich, reicht das nicht, wenn man davon ausgeht, dass die UBS da selber jetzt vielleicht ein paar Franken da wieder zurückspielt in die Staatskasse. Das, denke ich, das ist zu kurz geschaut. Ich will es vielleicht vergleichen mit einem Haus. Oder? In einem Haus brennt es. Jetzt im Moment gehe ich davon aus, jetzt hat das Zimmer brennt. Vielleicht hat sogar noch die Struktur auch schon ein bisschen Schaden genommen und der Schwelbrand geht weiter. Bis jetzt hat man immer davon ausgegangen, dass das Haus eine Sprinkleranlage hat und dass sich das alles selber löscht. Das ist auch der Schock, der jetzt vielleicht bei den Freisinnigen ein bisschen deutlich wird. Aber umgekehrt, jetzt hat man die Feuerwehr gebraucht. Jetzt hat man die Feuerwehr gerufen, der Staat gerufen. Und jetzt ist es doch nichts anderes als legitim und verständlich, dass man erwartet, dass der Staat auch an die Löschaktion, an das Löschwasser, das da ist gezahlt wurde, auch gewisse Bedingungen knüpft. Okay, gut. Aber ich habe von da gehört, dass Sie gesagt haben, also das stimmt ja so nicht mit den 68 Milliarden. Das ist ja nicht Geld, das jetzt einfach gezahlt wird, der UBS. Also mich stört es im Moment, dass man davor redet, der Staat zahlt 68 Milliarden. Faktisch hat der Staat im Moment macht er eigentlich ein Risikogeschäft auf zwei Ebenen. Der Bund kommt einen sehr hohen Zins über für das Geld, das zur Verfügung gestellt, und die Nationalbank geht davon aus, dass sie allenfalls das Geschäft machen kann. Als privates Unternehmen würde ich sagen, wahrscheinlich machen die gar keinen schlechten Deal. Das Problem ist nur, dass der Staat und die Bevölkerung nicht gefragt wird, ob sie diesen Deal machen wollen, sondern treuhänderisch hat unser Bundesrat und hat die Nationalbank und die EBK haben den Entscheid für uns gefällt. Ich bin der Meinung nach wie vor, es ist durchaus ein Risikogeschäft, aber mit sehr grossen Chancen. Und man soll jetzt nicht sagen, der Staat zahlt schon. Es kann sein, dass der Staat irgendetwas zahlt. Das ist bei jedem Risikogeschäft. 12,5% Zins kommt niemand über ohne ein Risiko. Und das muss man vielleicht irgendwann lernen. Und wenn du schnell zu der Boni etwas sagen darf. Ich bin auch der Meinung, dort wäre es jetzt wirklich, und das habe ich auch schon der Konkurrenzbank von der UBS gesagt, es wäre an der Bank intern, da mit Bescheidenheit jetzt aufzuwarten, nach Lösungen zu suchen, dass derartige exorbitante Boni nicht mehr nötig sind im internationalen Kontext. Wenn die Banken diesen Selbstständigungseffekt nicht anbringen in den nächsten 1,5 Jahren, sage ich, dann wird die Politik handeln müssen und wird Grenzen setzen, die ungesund sind für das Wirtschaftssystem. Aber die Banken haben noch die Chance, jetzt zu handeln. Herr Bäumler, Sie kommen jetzt vor wie einer, der die rote Karte bekommen hat und jetzt geben Sie noch einmal eine gelbe, wenn Sie sagen, jetzt warten wir noch einmal 1,5 Jahre. Also jetzt ist die Politik heute gefordert, heute müssen wir handeln, heute müssen wir die entsprechenden Massnahmen treffen. Und es ist so, Sie haben recht. Es ist ein Risikogeschäft, wo der Bund ins Risiko geht und wo die Nationalbank ins Risiko geht für ein grosses Geschäft. Und da kann man und soll man Bedingungen setzen. Ich denke, ich habe Mails bekommen von vielen Gewerblern, die gesagt haben, sie haben von der Bank keinen Kredit mehr bekommen, sie müssen zutun. In ihr Risiko sind nicht übernommen worden. Und jetzt übernimmt der Staat das Risiko. Ich glaube, ich sage, das hat man gemacht. Ich tue das nicht
Ich tue das nicht sagen, man hätte es nicht machen zur Stützung vom System. Aber die Bedingungen, die wir heute stellen müssen, die müssen wir als Politiker stellen. Und da will ich von euch nicht immer das gleiche Lied hören, das ich jetzt seit 17 Jahren gehört habe. Da hoffe ich jetzt einmal auf eine andere Strophe. Also unter uns gesagt jetzt noch mal klar, wir reden im Moment von einer Bank, die eine Risikokapitalfinanzierung gebraucht hat vom Staat. Und alle anderen Banken stehen im Moment auch noch sehr gut da. Und auch die UBS hat Geschäftsbereiche, wo sie sehr einen guten Job gemacht hat. Offensichtlich will sie nämlich kein Geld mehr verdienen. Aber sie hat im Moment das Problem. Und weil eine Bank ein Problem hat und weil sie grobe Fehler gemacht hat, das ist ganz klar unbestritten, dürfen wir jetzt nicht das ganze Bankensystem von der Schweiz und international abstrafen. Die Gefahr ist schon da. Eine Gefahr ist da und ich will das aufnehmen. Wir reden jetzt von der Bankenrettung, also von dieser. Das ist kein Geschenk, eindeutig nicht. Das ist eine Risikoinvestition, ganz klar. Das Geschenk ist es nicht. Aber die Gefahr ist da, dass man die übrige Wirtschaft nachher vergisst. Und das sind zum Beispiel KMU. Und dass man, das ist angetönt worden, dass man nachher die Kreditgewährung nicht mehr gibt. Okay, was heisst das, dass Sie konkrete Massnahmen verlangen vom Bundesrat? Dass Sie sagen, das wären eben Auflagen, die man machen müsste? Das wäre für mich eine klare Auflage. Dass man sagt, Kreditgewährung KMU muss zumindest sehr günstig. Man kann natürlich nicht verlangen, dass Banken grosse Risiken eingehen. Aber sie müssen es machen. Das ist für mich eine klare Auflage. Okay, also fragen wir den Herrn Rohn, was halten Sie von dem? Wir haben 147'000 KMU-Kunden, die wir mit grosser Leidenschaft betreuen und wo wir einen super Job machen. Wenn bei uns 25 Milliarden in der Schweiz Geld abfließt, wo bei den Kantonalbanken liegt, und dort nicht einmal mehr investiert werden kann, so sehe ich doch dort auch noch eine Möglichkeit von der Kreditvergabe. Wir haben einen riesigen Konkurrenzkampf. Es ist nicht so, dass ein gutes Kreditgeschäft nicht abgeschlossen wird. Aber es wäre absurd, wenn Sie verlangen, dass man jetzt ein schlechtes abschliessen muss. Der Wettbewerb von der Kreditvergabe spielt. Geld ist im Schweizer System vorhanden. Es stimmt nicht, dass gute Geschäfte nicht gemacht werden wegen dem. Das ist nicht so. Danke vielmals, ja. Der Direktor vom Gewerbeverband. Guten Abend, Herr Bigler. Guten Abend. Ich glaube, es ist richtig, dass Geld- und Kreditversorgung die funktioniert. Wir haben keine Klagen von KMU, die sagen, sie kommen nicht an Kredite her. Hingegen ist die Befindlichkeit schon die, dass man sagt, wir sind jetzt jahrelang von den Banken mit Auflagen belastet worden. Man hat uns gesagt, wie man die Risiken managen muss. Man hat entsprechende Zinssätze verlangt. Und jetzt ausgerechnet muss eine der grössten Banken muss zum Staat greifen. Und unsere Sorge ist eigentlich die, und die Sorge bleibt bestehen nach den Aussagen von der Frau Bundesrätin, dass man nämlich jetzt sich immer noch von den KMU zahlen, indem man sagt, wir wollen über das Aktienrecht einen gewissen Kontrollmechanismus einführen. Das finde ich richtig. Das ist richtig das ist für Grossfirmen. Nein, das hat sie angesprochen. Ja. Und wichtig ist, dass KMU müssen befürchten, weil alles über den gleichen Leisten geschlagen wird und man nicht unterscheiden zwischen grossen und kleinen Firmen, dass dann Kleinfirmen enorme administrative Auflagen haben. Wir haben das berechnet, das sind Zehntausende von Franken. Und da geht der Appell an die Politik, dass man das korrigiert. Jetzt läuft die ganze Diskussion. Es kann nicht sein, dass KMU in diesem Punkt müssen zahlen. Okay. Und noch ein Punkt zum Einlegerschutz, wenn das ist gesagt worden, es sei unbestritten. Es geht nicht nur um Sparguthaben. Wir sind auch der Meinung, man muss auch prüfen, in der zweiten Phase, was macht man zum Beispiel mit den Lohnkonten. Also wenn wir eine Bankenpleite haben, dann muss an und für sich geschaut werden, dass die Löhne noch gezahlt werden können. Und da werden wir uns überlegen, mit welchen Vorstößen dass wir Ideen einbringen. Danke mal, Herr Bigler. Ich komme noch mal in die Mitte. Gibt es da eine Reaktion auf das, was gesagt worden ist? Ja, also ich will jetzt vielleicht einfach sagen, wir haben ja, das ist Herr Direktor vom Gewerbeverband, klar, wir haben die Aktienrechtsrevision in eine Kommission hineingebracht und haben sie wieder zurücknehmen müssen. Das heisst, wir haben sie wieder zurückgenommen, um sie nochmal verstärken und nochmal ein bisschen besser bündeln. Das ist klar, dass wir eine Unterscheidung machen. Das heisst, dass nicht alle Regeln gleich gelten für die KMUs und dann für die grossen Unternehmen auch. Was wir auch schon klar zum Ausdruck gebracht haben, als Auflage haben wir, das habe ich auch in der Medienorientierung gesagt, wir erwarten selbstverständlich von der UBS, dass sie zu angemessenen Bedingungen die Kredite zur Verfügung stellt, den vielen KMUs, die mit ihren Bankverpflichtungen haben. Und im Übrigen möchte ich... Aber Entschuldigung, das tönt einfach schärig schwammig, oder? Ja, nein, wir erwarten zu angemessenen Bedingungen. Was heisst das? Wir können die Banken nicht verpflichten und sagen, zu welchen Bedingungen. Das sind marktgerechte Bedingungen, was eben uns gemeldet worden ist, was jetzt aber auch wieder anders gesagt worden ist, dass das nicht mehr spiele. Aber offensichtlich spielt es eben schon nicht so gut. Wir glauben an ein liberalen System, der immer gut funktioniert. Ja, es ist das liberale System, das das Reichtum der Schweiz geschaffen hat. Und jetzt wegen ein Problem UBS können wir nicht alles in Frage stellen. Wir brauchen einen Finanzmarkt,
der funktioniert. Und die Intervention des Bundesrates war dazu gedacht, das zu garantieren. Aber es sind viele Gelder, aber wir müssen nicht übertreiben. Es sind Gelder, die der Bund zurückbekommen wird. Okay, jetzt müssen wir wieder etwas Vertrauen ins System einlegen. Und UBS muss dazu auch beitragen. Interessanter Punkt, aber wir einen Schritt. Ja, aber das System verbessern ist nicht, dass der Staat alles entscheidet. Nein, und der Staat soll von der SP kommen nur Maßnahmen, die immer seit Jahren, behaupten, der Staat muss alles regeln. Vielen Dank. Die Diskussion kennen wir. Ja, jetzt die Marktwirtschaft von der SP. Nein, nur schnell noch. Das ist ein Satz. Eine marktwirtschaftliche Maßnahme. Geben wir in der Postfinanz eine Banklizenz, dann haben wir einen starken Konkurrent, der das Finanzsystem in der Schweiz stärkt. Aber mit quersubventionieren. Wir trennen sie von der Post, dann ist es möglich. Danke vielmals, nicht alle miteinander, sonst versteht man nicht. Ich will nochmal die Gäste von der ersten Runde reinholen. Danke Ihnen vielmals für den mittleren Teil dieser Sendung. Frau Bundesrätin bleibt da. Wir holen nochmal den Konzernchef von der UBS, den Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund und Marianne Fassbind. Also, wenn ich es darf sagen, der Herr Belli hat es eigentlich unterbrochen, nicht ich, vorher. Also ich will die Aussage von der Frau Nationalrätin Kleiner aufnehmen. Also es ist ja so, dass wir nicht über einen kranken Bankenplatz jetzt diskutieren. Wir haben einen Bankenplatz Schweiz, ein Finanzsystem, das funktioniert. Also denken Sie an all die guten, stabilen Kantonalbanken, die wir haben, an eine Raiffeisenbank, eine Postfinanz, die funktioniert, an die vielen Privatbanken auch. Also wenn wir es jetzt im Ganzen einmal anschauen, müssen wir es ein bisschen relativieren. Aber wir haben jetzt einen Teil, der ein bisschen und einen grossen Marktanteil hat, der Schwierigkeiten hat. Und wir haben das ganze System, das wir damit stabilisieren wollen. Damit machen wir etwas für die Realwirtschaft auch. Vorhin ist gesagt worden, man muss dann auch etwas für die Realwirtschaft machen. Was wäre die Alternative, wenn wir nichts gemacht hätten? Das hätte sicher gravierende wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Nicht nur auf das Bankensystem, auch auf den übrigen Teil unserer Wirtschaft. Und dass wir investieren, jetzt gerade auch in dieser relativ schwierigen Situation, das ist ganz klar. Und ich habe immer gesagt, das Budget 2009 wird nicht merken, dass der Bund jetzt sich da auch in dieser Art und Weise mitbeteiligt hat. Wir werden genau gleich die Ausgaben, und nicht Konsumausgaben, sondern vor allem auch Investitionen tätigen, die vorgesehen sind. Also Frau Bundesrätin, das ist ja genau das, was man Mühe hat, zu verstehen. Wir haben bei der Swissair Milliardenbeträge gezahlt. Wir sind in einem völlig anderen Verhältnis. Wir reden jetzt nicht mehr von 2-3 Milliarden wie damals bei der Rettung von der Swissair, sondern wir reden von 68 Milliarden. Und trotzdem hört man, dass das nicht der Steuerzahler zahlt und dass es kein Problem sein soll. Also kein Problem. Es ist gesagt worden, es hat jedes Geschäft, das man macht in diesem Bereich, hat gewisse Risiken, das ist klar. Aber in diesem Bereich drin, und wenn Sie das Gesamtsystem anschauen, sind die Chancen viel grösser, die man hat. Also jetzt konkret für den Bund, wenn Sie die Pflichtwandelanleihen anschauen. Das sind die 6 Milliarden. Das sind 6 Milliarden. Wir stellen die 6 Milliarden zur Verfügung, im Sinne von einem Darlehen, wo wir in 30 Monaten einmal, wenn wir das wetten könnten, in Aktienkapital mit Stimmrecht umwandeln, was aber eigentlich nicht unsere Intention ist. Also wir wetten das dann wieder platzieren und das in dem Sinne als eine Investition vorübergehender Natur anschauen. Wir haben 12,5% Zins. Wo kriegen Sie das heute? Also nächstes Jahr wird der Bund 700 Millionen Franken einnehmen aus dieser Investition. Genau. Und darum sagen Sie ja, das ist eigentlich ein gutes Geschäft. Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass die UBS weiter Geschäft macht. Das ist aber ein bisschen umstritten. Das sehen nicht alle Leute so. Ich weiß nicht, ob es da am Ring umstritten ist. Ja, so ist es. Also das eine ist natürlich das Geschäft, das der Bund macht. Das hat ein Risiko, weil sie ja die Aktien dann kaufen können oder eben nicht kaufen. Das kommt darauf an, was der Preis ist von dieser Aktie. Das wissen wir heute nicht, oder? Aber das Zweite ist natürlich das, was die Nationalbank lüpft. Oder? Die 54 Milliarden $. Und der Skandal eigentlich an dem ist, dass das außerhalb von allen demokratischen Prozessen passiert. Das heisst, da kann weder das Parlament noch das Volk etwas dazu sagen, sondern das Nationalbankdirektor. Und man muss sagen, die haben einen guten Job gemacht in dieser Krise, wahrscheinlich einer der besten Jobs. Vielleicht ist es genau darum, dass sie das am Schluss haben, weil sie das Problem gesehen. Sie haben gesagt, mal, wir hängen uns hier rein, wir lüpfen das Ding. Und jetzt ist das bei der Nationalbank völlig außer Kontrolle und ohne die Möglichkeit, dass wir in der Schweiz sagen können, nur zu diesen und diesen Bedingungen. Nein, und das ist das, was mich sehr stört. Also die Nationalbank, das Direktorium ist ja befugt. Die haben die Befugnis nicht etwas neben dem Rechtsrahmen durchgemacht. Ja, das sage ich nicht neben dem Rechtsrahmen. Es geht darum, ist es demokratisch oder ist es nicht demokratisch? Die haben das absolut korrekt abgewickelt im
Rahmen von ihren Kompetenzen. Die Zweckgesellschaft, die hier errichtet wird, mit den Aktiven drin, die die Nationalbank finanziert, mit den Darlehen, die wird allein kontrolliert von der Nationalbank. Ja, technisch verstehe ich das schon, aber es kann weder das Parlament noch das Volk etwas dazu sagen. Und wir reden da von 54 Milliarden es ist nicht eine Frage von der Politik der Nationalbank, irgendwelche Vorschriften machen. Da wäre ich mich auch dagegen. Die Nationalbank ist selbstständig. Politik hat nicht die Politik von der Nationalbank. Bund und Kantone haben noch 20 Milliarden Franken in der Nationalbank hinein, zum Beispiel. Kaum ist das zustande gekommen, haben die Kantone den Finger gehabt und haben gesagt, wir wollen im Fall ausgeschüttet haben von diesen 20 Milliarden Franken, wir wollen nichts dazu beitragen. Und ich finde wichtig, dass jetzt die Kantone mitmachen. Dann könnte das kantonale Parlament sagen, doch, die UBS ist uns wichtig. Der Steuerzahler kann sagen, wir wollen die UBS, wir geben das Geld der UBS, aber wir wollen, dass der gleiche Seich nicht mehr passiert. Und da etwas haben sie gut gemacht, muss man auch sagen. Die Eigenmittelvorschriften, dass sie die erhöht haben, das ist wichtig, das ist Punkt Nummer 1. Gut, aber Punkt Nummer 2 ist... Das ist ja jetzt möchte ich gerne auf die Nationalbank, also die Gewinnausschüttung eingehen. Bund und Kantone haben eine Gewinnausschüttungsvereinbarung mit der Nationalbank. Die läuft bis im Jahr 2012. Das muss ich Ihnen als Bankrat von der Nationalbank nicht sagen. Die läuft bis im Jahr 2012. 2,5 Milliarden. Ja, bis im 2012 bzw. 2013 wird sie einmal zwischengeprüft und läuft nachher bis 2017 weiter. Das ist die neue Regelung Finanzausgleich. Die 2,5 Milliarden sind an sich jetzt zugesichert in dem Sinn, dass man sagt, ausser wenn es eine ganz große Umkehr gibt im Gewinn erzielen von der Nationalbank. Die ganze Gesellschaft ist ausgerichtet auf 8, maximal 12 Jahre. Und Sie können nicht heute sagen, es gibt weniger Gewinnverteilung. Es ist durchaus möglich. Und darum hat es auch keinen Wert, dass Sie heute den Kantonen sagen, ja, Sie müssen jetzt verzichten. Wir gehen ja davon aus, dass in 8 Jahren oder bis spätestens in 12 Jahren die Aktiven wieder veräussert werden können, beziehungsweise wieder platziert werden können, mindestens zu dem Preis, was Sie jetzt mit dem Darlehen übernommen haben. Darf ich da schnell einhaken, dass man es versteht? Im Grunde genommen dreht sich doch die Frage darum, sind die 62 oder 68 Milliarden gut investiertes Geld, weil man sagt, da ist eigentlich der UBS, der Ramsch, abgenommen worden. Und Ramsch steht ja eigentlich nicht nach einem guten Geschäft. Und kann das Volk etwas dazu sagen? Ja, das ist jetzt Ihr Punkt. Das Parlament. Genau. Ja, nein, das ist okay, vielleicht kommen wir auf den. Aber meine Frage ist, wenn wir darüber reden, ob es da um Steuergelder geht und ob es da darum geht, was das für Papiere sind, wo sie der Bank abnehmen, in dieser Zweckgesellschaft, das ist eigentlich der Punkt. Ich denke, es ist unbestritten, was jetzt gemacht worden ist, also dass die Papiere übernommen worden sind von der Nationalbank und auch das Darlehen oder die Wandelobligation in Form von diesen 6 Milliarden. Aber ich denke, eben viel wichtiger ist, das Finanzsystem ist jetzt sicher mal gesichert, oder die Turbulenz in der Schweiz, wo man Angst hat, kann man wenigstens sagen, da ist mal eine Massnahme getroffen worden. Aber ich denke, viel wichtiger ist, was nachher passiert. Also was sind die Folgen, und vor allem nicht nur für die Schweiz, auch international, was sind die Folgen von diesen Massnahmen, Finanzmassnahmen, die weltweit eben getroffen worden sind. Und das haben wir selber gehört, auch in Amerika. Und Ben Bernanke hat gesagt, dass die Folgen werden schwerwiegend sein, eben für die Wirtschaft, also einschneidend und aus verschiedenen Hinsichten aus, also eben die Unternehmen, ich rede jetzt auch nicht nur über die Schweiz, sondern international. Gut, aber das ist nicht das Thema, das ich jetzt schnell ein bisschen diskutieren möchte, sondern die Frage, was ist mit diesen Milliarden, oder? Das sind, man macht eine Zweckgesellschaft, wo man das eigentlich den Klotz am Bein von der UBS wegnimmt und sagt, dass die Verantwortung, das trägt jetzt der Staat. Und das tönt nicht nach einem guten Geschäft, das tönt vor allem nach Risiko. Es ist sicher ein Risiko dabei, aber was sind das? Das sind Hypotheken für Wohnliegenschaften und Geschäftsliegenschaften, die heute im Tiefbereich drin sind, die einfach im Moment nicht liquid sind. In Amerika. Aber gehen Sie davon aus, dass man in 10 Jahren die gleichen Liegenschaftenpreise hat wie heute, dass die so tief bleiben in den nächsten 10 Jahren, oder? Genau. Das ist aber die richtige Frage. Ja, bis jetzt sind die Papiere einfach, die haben sich nicht erholt. Und vor allem ist, so wie ich es wahrnehme, gibt es kein Zeichen für Erholung. Aber die Nationalbank kann 10 Jahre oder mehr warten, eine Geschäftsbank Entschuldigung, nicht. aber jetzt muss ich etwas versuchen zu erklären, was schwierig, was kompliziert ist. Ich versuche es in so einfache Worte wie möglich zu fassen. Viele von diesen Papieren, die da drin sind, da haben wir bereits ganz grosse Verluste genommen. Also eine Obligation, die 100 ist jetzt vielleicht noch 30 bewertet. Sie zahlt aber immer noch einen Coupon von der 100er-Obligation, sie amortisiert auch. Wir haben im Mai ein Geschäft gemacht, wo wir einen Fonds finanziert haben mit 11,25 Milliarden $.
der 15 Milliarden von so Papier gekauft hat. Es hat auch geheissen, ja, ihr habt ja das Risiko alles noch. Das ist ein Taschenspielertrick, haben die einen gesagt. Seit dem Mai haben wir jeden Monat 300 Millionen Amortisation auf dem Kredit. Er ist jetzt noch 9,9 Milliarden. In der schlimmsten Phase der Krise, wo am meisten passiert ist die Rückzahlung noch so stattgefunden. Es ist also falsch, jetzt einfach zu sagen, das ist alles nichts und Ramsch. Es hat Risiken, das ist völlig richtig. Es wäre völlig falsch und unehrlich und unlauter, jetzt zu sagen, das ist kein Risikogeschäft. Sie haben es wunderbar zusammengefasst. Wir glauben, mit 6 Milliarden ersten Schutz auf diesen tiefen Preisen ist ein sinnvoller Schutz eingezogen worden. Gut, es ist eine Verhandlung zwischen Ihnen und dem Bund. Das heisst, man hat sich irgendwo in der Mitte getroffen. Nein, der Bund ist da gar nicht dabei. Ich wäre mir jetzt für die Nationalbank, aber es ist eigentlich der Bund, der die Nationalbank das macht. Nachdem wir lang intensiv zusammengearbeitet haben, Datenaustausch gemacht haben, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen eine Struktur gewählt, wo ich auch noch mal sagen muss, wenn Sie lesen, was all die Regierungen sagen, rundum, was institutionelle Investoren sagen, was die Schweizer Regierung, was die Schweizer Nationalbank und die EBK gemacht haben, so wird es allgemein als das beste, ausgewogenste Paket angeschaut, das man in dieser globalen Finanzkrise gemacht hat. Okay. New York Times heute Morgen hat gesagt, zusammen mit dem Wall Street Journal, hat gespottet über die Schweiz und hat gesagt, bis jetzt hat man eigentlich gemeint, die Schweiz übersteche die Krise ohne Staatseingriff. Und das, was jetzt passiert ist, ist ein Zeichen, dass eben der Platz doch nicht so gesund ist, wie man gemeint hat. Eigentlich ein Signal Richtung Misstrauen. Das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. Das Gegenteil von Vertrauen schaffen. Ja, schauen Sie, wenn Sie die einen haben, die kein Vertrauen mehr haben und für die müssen Sie das Zeichen setzen, dass das Risiko vorbei ist, dann haben wir auch das Risiko gehabt, dass haben wir gewusst, dass andere Leute nachher schockiert sind durch die Massnahmen. Aber ich glaube, in allererster Linie haben wir müssen vorausschauend eine Massnahme treffen, wo, wenn sich das alles verschlimmert, uns schützt. Und ich denke nochmal, wir haben mit Behörden, die extrem schnell, extrem konstruktiv uns geholfen haben, eine Lösung zu finden. Und gut, das jetzt, haben Sie vorher schon gesagt. Ja, ich würde es gerne noch 5-mal mehr sagen. Ja, das ist wirklich wichtig. Das glaube ich Ihnen. Aber wir haben nur noch ein paar Minuten in der Sendung. Aber ich will schnell an diesem Punkt anschliessen, einmal in die erste Reihe gehen. Hans Kaufmann von der SVP, was sagt Sie dem, was Sie gehört haben? Ja, also das Paket, das jetzt so geschnürt worden ist, vor allem auch die Auslagerung in die Zweckgesellschaft, das macht mir Sinn. Man könnte ja sagen, die Nationalbank hätte das ganze Paket auch aufs eigene Buch nehmen können und dagegen einfach, trivial gesagt, Noten drucken, um das abzukaufen. Aber das hätte natürlich Auswirkungen gehabt auf Geldpolitik, hätte sicher zu einem späteren Zeitpunkt Inflation gegeben. Aber die Frage ist das vertrauensbildend oder nicht? Ja, für mich ist das, weil man jetzt weiss, dass die Wertschriften aus der Bilanzen sind von der UBS. Es ist gesagt worden, 6 Milliarden als erstes Auffangpolster, das ist sehr viel. Es zeigt aber auch, dass es die Nationalbank nicht aufs eigene Buch genommen hat, dass man eben hofft, dass man besser wird abschneiden. Es gibt ja auch eine Gewinnverwendung allenfalls, wenn mehr übrig bleibt als 1 Milliarde, 50-50. Das ist für mich ein Zeichen, dass die UBS auch nicht gerne alles abtreten hat, weil es natürlich eine Hoffnung ist, dass es mehr gibt. Und die allerbrutalste Lösung wäre gewesen, wir hätten keine Liquidität zur Verfügung gestellt. Dann hätte die UBS wahrscheinlich in der Not einen Haufen auch noch vermarktbare Sachen müssen verkaufen, Kredite künden, und das wäre sicher das Allerdümmste gewesen im jetzigen Moment. Also, darum muss ich sagen, das kann ich unterstützen. Und andere Zentralbanken haben auch Wertschriften schlechterer Qualität entgegengenommen, nur haben sie die auf die eigenen Bücher genommen. Für mich ist das die elegantere Lösung. Und es ist die Aufgabe. Also ich sehe da nicht, dass wir jetzt noch Volksabstimmungen machen müssen. Das ist eine Sache, wo es um Stunden geht. Also das ist die Antwort zum Einwand vom Herrn Lampas. Das ist völlig unglaublich. Und es ist ein Auftrag, Verfassungsauftrag für die Notenbank.
Kaufkraft zu erhalten und Stabilität vom Finanzsystem. Und das hat sie erfüllt. Jetzt muss man doch nicht Angst haben vor dem Volk, oder, Herr Kaufmann? Es ist doch einfach, wenn man die Zeitung liest, dann ist doch sonnenklar, was die Leute wollen. Ich glaube, es will niemand, dass die UBS untergeht. Und es werden alle dafür sein, oder ein grosser Teil dafür sein, dass man die UBS unter die Arme greift. Das ist klar. Aber was die Leute wollen, ist, dass sie klar sehen und hören, da hat es Risiken drunter. Und sie wollen nachher irgendein Zugeständnis. Und ich glaube, den Leuten leuchtet es nicht ein, warum sie, die gerettet worden sind, mehr verdienen als Frau Wittmer-Schlumpf, die sie gerettet hat. Und da sollen wir jetzt einfach eine Massnahme in ihrem Sinn treffen. Und dann haben die Leute das Gefühl, jetzt haben wir Ordnung hergestellt im Land. Und das kostet jetzt halt etwas, aber das ist etwas für die Zukunft. Ich glaube, das würden die Leute sagen. Und da dürfen wir jetzt krank stehen. Da müssen wir nicht technische Lösungen wählen, sondern saubere Sachen. Danke vielmals. Das war schon Ihr Schlussvotum, ohne dass Sie es gewusst haben. Jawohl, genau. Und jetzt kommen die anderen 3 da dran. Zur Frage, was ist das Fazit von der Diskussion und vor allem, ist das die richtige vertrauensbildende Massnahme gewesen? Wie sehen Sie jetzt in den nächsten Wochen? Ich würde eigentlich gerne, dass Sie das Schlusswort haben. Dann fangen wir mit dem Marianne Fassbinder an. Ja, also Sie haben es schon gesagt, Herr Brennwald, es ist eben wirklich, ich komme darauf zurück, ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt die UBS es auch schafft, dass die Kundengelder, die abfließen, gestoppt werden. Und ich glaube, da langt eben das Finanzpaket nicht. Das ist ein Teil davon. Aber jetzt ist die UBS dran, die wirklich mehr noch Massnahmen treffen muss, um das Vertrauen wieder herzustellen von den Kunden. Und da hat es wahrscheinlich verschiedene Massnahmen, die möglich sind. Eins ist sicher von mir aus gesehen das Entlöhnungssystem, das unbedingt verändert werden sollte. Das andere ist auch, dass die UBS wieder näher zum Kunden herkommt. Also, dass die Kundenberater nicht die Rolle jetzt übernommen haben, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie quasi zu Produktverkäufern geworden sind und gar nicht mehr verstehen, was für Produkte sie verkaufen, weil ja die von den Investmentbankern gemacht worden sind. Und das Dritte ist auch Transparenz. Das wiederhole ich halt auch in der Informationspolitik in Zukunft und nicht so, wie sie in den vergangenen 18 Monaten gemacht worden sind. Barcelona. Zuerst möchte ich sagen, unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben in den letzten 18 Monaten einen extremen super Job gemacht, haben in ganz schwierigen Umfeld täglich müssen mit ganz vielen negativen Reaktionen umgehen. Und ich bin stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mein Dank geht auch an alle die vielleicht jetzt zulassen. Ich brauche keine Änderung dort? Nein, definitiv nicht. Ich habe das Gefühl, die haben einen besseren Job gemacht als je zuvor. Jetzt noch zur Vertrauensbildung. Zur Vertrauensbildung. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Hilfe und Unterstützung vom Bundesrat, von der Bankenkommission und Nationalbank die Lösung gefunden haben, die die Ursache von der Verunsicherung beseitigt. Und damit ist die Basis für das Vertrauen wiederherzustellen gelegt. Das ist eine Basis. Vertrauen kann man nicht vom einen Tag auf den anderen wiederholen. Da braucht es ganz viele Massnahmen. Wir werden auf allen Ebenen hart arbeiten, jeden Tag, dass wir das wieder zurückverdienen und wieder die UBS sind, wo wir alle stolz sind drauf. Danke vielmals, Frau Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Also wir haben diese Massnahmen entschieden und jetzt auch umgesetzt, weil wir überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist, um die Stabilität des ganzen Systems sicherzustellen, um auch wieder Vertrauen zu schaffen. Wir sind auch wirklich überzeugt, dass es der Weg ist, den wir jetzt eingeschlagen haben, der uns hilft, auch den KMUs, also den vielen betroffenen Unternehmungen, die in Bankverbindungen stehen, aber auch den Banken untereinander, die Möglichkeit geben, zum weiter wirtschaften. Und letztendlich ist es das, was jetzt die Wirtschaft braucht in einer ganz schwierigen Zeit. Wir haben jetzt als Nationalbank, Eidgenössische Bankenkommission, als Bund, zusammen mit Finanzdelegation und Parlament, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht zu dieser notwendigen Vertrauensbildung. Wir gehen jetzt davon aus und legen auch grossen Wert darauf, dass jetzt Banken selber den nächsten Schritt ins Vertrauen, ins wachsende Vertrauen, die Stabilisierung vom Vertrauen auch macht. Und wir rechnen auch damit und legen sehr großen Wert darauf, werden das auch mit allem Nachdruck verfolgen, dass man sich auch mit gewissen Regulatoren, die eine freie Marktwirtschaft eben braucht, gewisse Leitlinien braucht auch eine Marktwirtschaft, die gelten auch für den Bankenbereich und dass die Banken dann auch mitmachen, wenn es dann um das geht. Danke vielmals, das verfolgen wir mit Interesse. Danke vielmals, Frau Bundesrätin, herzlichen Dank dem Konzernchef von der UBS, Marcel Rohner, Marianne Fassbind vom Schweizer Fernsehen und Daniel Lampard. Wir haben auf unserem Internet eine Abstimmung laufen oder eine Umfrage zu der Frage, ob der Rettungsplan richtig ist oder nicht. Da können Sie schauen. Sie können jetzt die Diskussion weiterführen auf www.arena.sf.tv. Ich hoffe, dass wir die nächste Woche ein anderes Thema machen können. Sie wahrscheinlich auch.
Sicher ist, dass es die nächste Arena gibt, am 20.10 am nächsten Freitag. Es geht weiter mit Tagesschau Nacht. Gute Nacht miteinander. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Oh, ihr macht mich alle verrückt! Man kommt nicht nur die Banken schützen, man muss auch die Einleger umfassend schützen. Das eine ist die Regulierung des Bankensystems. Und da muss ich einfach den Gedanken aufgreifen, den der Jon Pultschuh vorhin geäussert hat. Wir sind nicht mehr allein. Ich glaube, dass die Schweiz eine Insel der Glückseligkeit ist, die ist diese Woche endgültig untergegangen. Wir müssen uns bewusst sein, dass auch wir, dass es keinen Finanzmarkt Schweiz gibt, sondern es nur einen internationalen Finanzmarkt gibt und der muss international reguliert werden. Und da erwarte ich von der Schweiz, dass sie da mitwirkt und es nicht probiert, abseits und probiert, Rosinen rauszupicken. Okay, und was wir bei der ganzen... Nein, noch ein letzter Punkt Thema, wo wir durcheinander diskutieren. Wo wir mit dem Ganzen nichts vergessen. Wir reden jetzt nur über den Finanzmarkt. Aber es gibt noch eine Realwirtschaft. Eine Realwirtschaft, die unter dem Ganzen leiden tut. Und da dürfen wir bei dieser Politik, die man da macht, nicht nur an die denken, die am lautesten rufen und sich am besten in die Szene setzen, sondern all die anderen, die von dem eben betroffen sind. Und da ist Bundespolitik, insbesondere im Rahmen der Finanzpolitik, mit Investitionen stark gefordert. Und da haben wir die Nagelprobe bei der Budgetdiskussion im Dezember machen. Also ich denke durchaus, beim Einlegerschutz werden wir uns irgendwo im europäischen Umfeld müssen ein bisschen anpassen. Aber ich möchte schon trotz allem auch davor warnen, dass man jetzt unter dem Schock anfängt zu regulieren und machen und alles versucht einzuhängen. Das kommt am Schluss nicht besser raus. Man muss schauen mit diesen unnötigen Boni, mit diesem Anreizsystem, das falsch ist. Man muss beim Einlegerschutz schauen. Aber man kann nicht über alles den Deckel heben. Wir sehen es beim Bund. Dort, wo alles reguliert ist, bei der SBB, produzieren wir jedes Jahr mehr Milliarden Defizit. Also das System, wenn alles reguliert ist, ist nicht besser. Man muss einen vernünftigen Mittelweg finden. Und der liegt sicher dort, dass man den Exzess versucht, oder muss eindämmen, ganz eindeutig, weil das verstehen die Leute zu Recht nicht. Wie machen Sie denn das? Eben, ich denke, die Eidgenössische Bankenkommission hätte jetzt schon Rechtskompetenz, das Anreizsystem zu senken, sehr schnell. Wenn wir das politisch machen und einen Deckel versuchen drauf zu tun, ist auch mit dem OR nicht möglich, oder? Wir können nicht Obligationen, wir können nicht die Bank verpflichten, 80'000 Arbeitsverträge künden, weil die Politik plötzlich einen Furz hat und sagt, wir müssen es jetzt anders machen. Das muss auch Sache sein von der Bank wieder, aber im Gespräch selbstverständlich. Und der Druck muss schon erfolgen, weil das Anreizsystem hat dazu geführt und dass man auch den Einleger schützt, wie der Werner Marti das gesagt hat, das ist auch berechtigt. Aber ein Staat kann auch nicht am Schluss eine Garantie geben für alles. Der Staat kann nicht für Millionen Einlagen schützen und eine Garantie übernehmen. Irgendwo trägt jeder von uns auch noch ein Risiko. Und dann muss er halt überlegen, ob er zu der UBS geht oder zu einer Kantonalbank oder ich weiss nicht woher. Also jede Verantwortung können wir dem Bürger nicht wegnehmen. Frau Bundesrätin. Also es ist ja nicht so, dass die Eidgenössische Bankenkommission bis heute nichts gemacht hat in diesem Bereich, im Bereich Aufsicht. Schauen Sie mal den Bericht 2007 an, der jetzt von der Eidgenössischen Bankenkommission gerade mit Bezug auf die UBS rausgekommen ist. Das heisst, wo man jetzt lesen kann, Sie sehen dort, dass man durchaus darauf hinweist, dass die Boni auch Abgangsentschädigungen vor allem... Ja, natürlich ist es spät. Wir müssen auch nicht mehr Vergangenheitsbewältigung machen, wir müssen für die Zukunft etwas machen. Ich sage nur, die EBK und künftig ist jetzt FINMA, also die Finanzmarktaufsicht, die noch ein bisschen mehr Möglichkeiten auch hat, die man vielleicht auch noch verstärken muss. Das ist durchaus möglich. Aber die haben darauf hingewiesen. Wenn ich den Bericht lese, dann stelle ich mir auch die Frage rein juristisch, ob da nicht Sorgfaltspflichten verletzt worden sind, ob man diese Frage dann nicht einmal noch aufwerfen muss und diesen Weg eben auch gehen gegenüber den ehemaligen Verantwortlichen. Aber es wird sich zeigen, man muss den Bericht jetzt analysieren. Okay. Zum Einlegerschutz, vielleicht darf ich dort noch etwas sagen. Also zu der Frage... Wenn Sie mich so nicht fragen, bin ich ja K.O., da kann ich ja nicht Nein sagen. Zu der Erhöhung von den Einlagen, also von den Einlagen, Spareinlagen. Wir haben ja klar gesagt, der Bundesrat, jetzt, wir wollen die erhöhen.
Wir haben auch gesagt, wir uns orientieren, seit der Nationalrat Maurer gesagt, wir uns orientieren an der Höhe der EU-Maßstäbe. Wir werden aber dann auch noch darüber diskutieren im Parlament, wie sieht denn der Topf von der Einlagensicherung aus? Muss das ein Fonds sein? Muss das eine Versicherung sein? Wir sagen heute als Bundesrat zusammen mit der Finanzdelegation, wir stehen da für den Schutz von diesen Einlagen bis zum Rahmen, wie es die EU vorsieht. Aber der andere Teil von der Finanzierung von dem Schutz müssen wir dann schon noch genau anschauen. Ich will auf das nicht unbedingt stärker eingehen, weil das ist mehr oder weniger unbestritten. Das hat man gern gehört. Also das geht um die Sicherung von diesen Sparguthaben, wo jetzt bei 30'000 Franken Sicherheit liegt, wo soll ungefähr auf das Niveau angehoben werden. Aber ich will sehr gerne ein bisschen im Grundsätzlichen bleiben und nochmal zu dem diskutieren, wo wir jetzt die Stimmenverbände sind. Grundsätzlich ist die Feststellung, das bisherige System hat versagt. Es hat versagt und das System ist ein klares Zusammenspiel der Banken, die ihre Freiheiten wollen und haben können wahrnehmen in einem weiten Rahmen. Von der Politik, die es verpasst hat, saubere Regulativ zu setzen, und von der Bankenaufsicht, die nicht genug dotiert war, um so früh Bericht zu schreiben, damit man eingreifen kann. Der jetzige Bankenbericht ist ein typisches Beispiel. Der kommt so zu spät, dass man sagt, tut uns leid, man muss sich Verantwortlichkeitsklagen übersetzen. Wenn wir überlegen, wenn man jetzt nachher sagt, wir tun nur ein Pflaster drauf, was mit dem Paket gemacht wird, ist das nur der erste Schritt. Es braucht genau das gleiche Zusammenspiel für die Zukunft. Es braucht auch die nationale Politik, es braucht eine verstärkte Bankenaufsicht und es braucht, und da würde ich doch noch mal sehr, sehr deutlich zum Herrn Rohner rüber schauen, es braucht, und das erwarte ich, das Eingeständnis von der Bankenseite, dass man einverstanden ist mit einem stärkeren Regulativ, weil es bisherig hat versagt. Und diese Aussage, die würde ich wahnsinnig gerne von Ihnen da hören, weil es ist das bisherige System aus diesen 3 Bereichen, das versagt hat. Es muss weitergehen, es braucht die 3 auch in einem übergeordneten Rahmen. Okay, Herr Rohner. Noch ganz Nein, geschwind. Sie haben ihn gefragt. Ich will eine Antwort von Herrn Rohner. Ja, also ich kann das positiv zurückspielen. Wenn Sie uns gehört haben, wir haben schon vor einem halben Jahr gesagt, wir erwarten, dass strengere Eigenkapitalvorschriften kommen. Wir sind auch bereit, die mitzutragen. Wir haben es selber gesagt, unsere Bilanz ist zu gross, wir verkleinern sie verkleinern. Wir haben immer gesagt, dass wir diesen Regulierungen offen sind. Ich glaube, das sind die richtigen, die Systemstabilität stärken. Credit Suisse hat die Vereinbarung getroffen und erfüllt sie bereits. Wir werden in den nächsten Wochen mit der Bankenkommission darüber reden. Und ich glaube, diese Teile des Regulativs sind viel, viel wichtiger als die anderen, die wir vorher darüber geredet haben, weil die Stabilität garantieren. Und da haben wir gesagt, das sind die Fehler, die wir gemacht haben, die haben wir auch öffentlich dargelegt. Wir sind übrigens die einzige Institution von der ganzen Welt, die öffentlich darüber Bericht erstattet hat, was sie falsch gemacht hat und was sie für Fehler gemacht hat, was sie daraus gelernt hat und wie sie die Fehler bewältigen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Prozess. Den schulden wir unseren Kunden und unseren Mitarbeitern, Aktionären und in den Aufsichtsbehörden. Und den haben wir jetzt gemacht. Und dort drinnen ist auch klar ersichtlich, dass wir uns diesen Massnahmen überhaupt nicht verwehren. Das ist ja auch allgemein als sehr positiv gewertet worden. Ich sehe jetzt, das ganze Bonussystem und Entlöhnungssystem wird jetzt da sehr politisch gehandhabt. Aber ich denke, es geht doch vor allem darum, wir haben doch jetzt ein Problem bei der UBS, wo jetzt mit dem Massnahmenpaket Stabilisierung gewährleistet vom Finanzplatz. Ein anderes Problem ist doch, dass man das Vertrauen wieder schafft im Finanzplatz. Und ich glaube, da wäre es eben ein Signal von der UBS selber, ohne dass man jetzt politisch die Regulierungen macht oder darauf wartet, dass die UBS selber eben einen Schritt macht und sagt, sie kommt von dem Entlöhnungssystem weg. Es sagt ja der Herr Rohner. Nicht so deutlich, oder? Darf ich schnell ausreden? Es wird immer argumentiert von der UBS oder von den Banken, dass man das muss zahlen, weil man sonst nicht mehr konkurrenzfähig ist gegen ausländische Banken, die die hohen Boni bezahlen. Ich stelle das in Frage. Es gibt sehr wohl Banken, wo es nicht gut geht. Eine ist HSBC, die Hongkong-Shanghai-Bank, die eine Entlöhnungssumme hat, relativ, die viel tiefer ist als die UBS, viel tiefer. Und dann kann ich auch ins Inland kommen. Wir haben Spezialisten also die Aussage, so stimmt sie nicht. Oder? Wenn Sie die machen, dann tun Sie verschiedene Geschäftsfelder, wo ganz unterschiedliche Mitarbeiter drin sind, Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Es gibt nicht das Lohnsystem. Ich glaube, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen Management, zwischen uns, zwischen Angestellten im
im Vermögensverwaltungsgeschäft zwischen Leuten, die Risiken eingehen und Händlern. Das sind ganz unterschiedliche Märkte, die sind an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Systemen. Und wir können nicht ein einziges System für das alles anwenden. Da müssen wir differenzieren. Und das ist wichtig, dass wir da auch mit einer gewissen Vorsicht und Besonnenheit rangehen. Und nicht am Schluss Schaden anrichten. Okay. Aber trotzdem, ich Sie vorhin unterbrochen habe, wofür ich mich entschuldige. Aber mit Ihren Aufrufen in aller Ehre, das finde ich richtig, aber mit dem verfallen Sie wieder in alten Glauben von der Selbstregulierung vom Bankensystem. Und ich glaube, eine Lehre, die wir jetzt aus der Krise, wo wir drin sind, müssen ziehen, ist, dass das nicht genügt. Ich glaube, da sollten wir uns einig sein, dass es da vom Staat her streng Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Die Arena, meine Damen und Herren, danke vielmals. Grüezi miteinander, herzlich willkommen am Freitagabend. Die dritte Sendung in kurzer Zeit zur Finanzkrise heute Abend über den unglaublichen 68 Milliarden Franken schweren Rettungsplan für die UBS. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hochkarätige Gäste haben. Heute bei uns ist Frau Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie ist Stellvertreterin vom Bundesrat Merz im Finanzdepartement. Der Marcel Rohner ist bei uns. Er ist der Konzernchef der UBS. Der Daniel Lampard, Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und Mariam Fassbind, sie ist Finanzexpertin vom Schweizer Fernsehen. Später in der Sendung 4 Spitzenpolitiker und Finanzexperten aus den Parteien. Guten Abend alle miteinander. Die grösste Rettungsaktion in der Geschichte der Schweiz. Büssen jetzt die Steuerzahler für die Fehler der Banken? Oder ist jetzt Schluss mit Millionenboni und Gewinnmaximierung? Frau Bundesrätin Schlumpf, die UBS hat in den letzten 2 Wochen schon fast wieder als sicher gegolten. Man hat gehört von aggressiven Abschreibungen, von Kapitalerhöhungen. Sind Sie persönlich doch überrascht gewesen, dass das jetzt nötig war? Also, dass es jetzt gerade nötig geworden ist, in dieser Art und Weise überrascht. Es hat uns ein bisschen überrascht, aber nicht in dem Sinn, dass wir nicht vorbereitet gewesen wären. Wir haben schon, wo der Quartalsbericht veröffentlicht worden ist, wo wir darüber geredet haben, haben wir die Zahlen ein bisschen analysiert und haben natürlich gesehen, dass die Bank im Liquiditätsbereich Schwierigkeiten hat. Man hat nicht gewusst genau, wie sich das weiterentwickelt. Es war auch eine ganz verrückte Zeit gewesen, die letzten paar Wochen. Er hat einmal ausgeschlagen in die und einmal in die andere Seite. Aber wir sind vorbereitet gewesen. Wir haben ja immer gesagt, wir werden die Massnahmen, die wir vorbereitet haben für verschiedenste Eventualitäten, werden wir dann beschließen und dann umsetzen, wenn es dann nötig ist. Also nicht eigentlich wirklich mit dem gerechnet, so wie die meisten Leute, oder? Man hat das Gefühl gehabt, die Bank ist jetzt über das Gröbste weg und man ist zwar im Kontakt, aber dass eine Rettung durch den Staat nötig ist, kann man das sagen, hätte das Sie eigentlich so nicht erwartet? Dass in einer gewissen Art der Staat zur Stabilisierung von dem Finanzsystem, wo die UBS ein wichtiger Teil davon ist, beitragen könnte allenfalls. Das hat man vor 2 Wochen schon gesehen, dass die Bewegung so kann gehen. Man hat aber nicht gewusst, in welchem Ausmaß und vor allem haben wir auch noch nicht gewusst, welche Massnahmen denn wirklich notwendig werden. Man hat ja schon letztes Jahr angefangen, die Frage der Eigenmittelerhöhung zu diskutieren. Das ist von der Eidgenössischen Bankenkommission ausgekommen. Das ist jetzt sehr akzentuiert natürlich auch davon geredet worden. Man hat die Einlagensicherung diskutiert, auch schon längere Zeit. Man hat auch die Frage, wie allenfalls die Nationalbank da könnte mit unterstützen. Das ist ja ihre Aufgabe, Stabilität vom Finanzplatz gewährleisten. Was man bis zum Schluss natürlich nicht so voraussehen können, ist, dass der Staat dann noch eine Wandelanleihe oder mit einer Wandelanleihe dann noch Mittel zur Verfügung stellt. Das ist so der letzte Schritt gewesen. Herr Rohner, was ist am Sonntag passiert, wo Sie der Frau Wittmer-Schlumpf angerufen haben und gesagt haben, das geht nicht mehr ohne den Staat?
Das war eigentlich das Auslösen von einer Massnahme, die man als vorbehaltenen Entschluss vorbereitet hat. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Wissen Sie, wenn Sie eine Bank führen, dann haben Sie jetzt eine Situation und Sie müssen etwas antizipieren, das noch kommen könnte. Und es sind 3 Sachen passiert, die wichtig sind. Etwas war Kundenabfluss. Wir haben Kunden verloren, in zunehmend schnellem Ausmaß. Also jetzt in der letzten Zeit noch verstärkt, sagen wir, in den letzten Wochen vom September und dann Tag für Tag hat sich das verstärkt. Die Krise hat sich verstärkt. Es hat panikartige Zustände gegeben, Schlangen vor dem Goldschalter, weil die Leute Angst haben und Gold kaufen, wenn sie Angst haben. Und dann haben wir weltweit Regierungsgarantien gehabt, wo Land für Land rausgekommen ist mit Garantien. Und in dieser Situation hat es ein Risiko gegeben, dass sich das anfängt zu verschlimmern. Und dann müssen wir sagen, das Risiko können wir nicht eingehen. Okay. Jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, das doch alles überraschend gekommen ist. In dieser Dimension zum Beispiel hat eben in den letzten 2 Wochen haben diverse Leute vor den Kameras gesagt, das laufe eigentlich grundsätzlich gut, zum Beispiel auch Leute von ihrer Bank. Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit für derartige Maßnahmen. Die Schweizer Banken sind sehr stark kapitalisiert und wir sind in der Schweizer Wirtschaft nach wie vor gut aufgestellt. Wir haben keine Liegenschaftenblase. Wir haben eine Konjunktur, die noch recht stabil ist. Die Kredite werden auch erteilt, von dort her keine Kreditklemme. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen berichten zu können, dass wir die UBS recht erfolgreich durch diese Turbulenzen manövrieren konnten. Herr Rohner, das war am 2. Oktober, vor genau 2 Wochen. Eine solche Kommunikation im Zickzackkurs, das ist genau das, was Vertrauen kostet. Das ist eine grosse Schwierigkeit, weil man das muss sagen, wo an einem bestimmten Zeitpunkt eintritt, weil man in einem vertrauensbasierten System nicht etwas schlecht reden für die Zukunft und weil sich in dieser Zeit danach die ganze Sache sehr, sehr schnell und drastisch verschlechtert hat. Aber ist es so, dass der Herr Kur in diesem Zeitpunkt keine Ahnung hat von dem Szenario, das sich jetzt in den 2 Wochen unterdessen entwickelt hat? Wenn Sie ein Szenario vorbereiten, eine Notfalllösung, die Sie möglicherweise auslösen müssen, wenn etwas eintritt, wo das Risiko entsteht, das Sie vermeiden wollen, dann können Sie das nicht sagen, weil sonst tun Sie es gerade in dem Moment, wo Sie sagen, auslösen. Im 3. Quartal haben wir das erste Mal wieder einen kleinen Gewinn gemacht. Wenn Sie das ist genau der Punkt. Von dem reden Sie jetzt. Aber Sie haben im 3. Quartal, das habe ich erst heute beim genauen Anlesen gesehen, auch 4,4 Milliarden auf genau diesen faulen Papier abgeschrieben. Lassen Sie mich noch schnell das erklären. Ja. Wir haben ja dann, wo wir das Resultat bekannt haben, auch gesagt, das setzt sich zusammen aus ausserordentlichen Faktoren, die in beide Richtungen stark gehen. Die Risikopositionen sind alle offengelegt gewesen. Und jetzt, wenn Sie das vergleichen mit dem Resultat von vielen anderen Firmen, mit dem 3. Quartal, sind wir in der Tat relativ gut dadurch gekommen. Und das ist eine wichtige Nachricht. Und das müssen ja die Leute auch wissen. Wenn es dann aber Situationen und Entwicklungen gibt, die sich beschleunigen, dann kommen wir zu einem Schluss, dass wir etwas machen müssen, damit wir die Ursache definitiv eliminieren können. Okay, also natürlich kein Widerspruch zu dem, was der Herr Kur vor etwas Wichtiges gesagt hat. Ich will nachher Mariam Fassbind fragen, wie sie das beurteilt als Finanzexpertin. Und als Kommunikationsexpertin auch noch. Also fragen Sie. Also ich finde, das ist eben genau der heikle Punkt, dass eben die UBS neben dem Kapital, das sie verloren hat, eben auch viel Vertrauensverlust hatte mit den Geldern, die abgeflossen ist. Das ist ja ein Zeichen, ein klares Zeichen, dass eben ein grosser Vertrauensverlust bei der UBS da ist. Dass eben die Informationspolitik der Kunden, aber ich denke auch von den Mitarbeitern und von den Aktionären einfach nicht verstanden worden ist, was die UBS in den letzten vergangenen 18 Monaten betrieben hat. Wir schauen mal, was eben vor 2 Wochen passiert ist mit dem Gewinnausweis, der gezeigt worden ist. Wenn man den genau anschaut, weiss man nicht genau, ist das wirklich im Kerngeschäft geworden.
erwirtschaftet worden oder ist es nicht auch mehr Zinsersparnis, die gemacht worden ist durch Schulden, die abgebaut worden sind. Und das hat einfach ein falsches Bild vermittelt. Ich denke auch, ich weiss nicht, was Sie dazu sagen, Frau Wittmer-Schlumpf, auch gegenüber vom Bundesrat, gegenüber von den Aktionären, gegenüber von den Mitarbeitern, dass man das Gefühl hatte, die UBS ist eine Bank, die jetzt eigentlich Krisen übersteht, ohne staatliche Hilfe, aber auch, wo jetzt wieder auf dem Aufwärtsweg ist. Und das hat natürlich jetzt schockiert, die Nachricht gestern. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen, ich will da nicht weiter ausholen. Das war etwa vor 6 Wochen oder vor 2 Monaten, wo der Peter Kur, der VW-Präsident, gesagt hat, dezidiert im Interview, es braucht bei der UBS keine Kapitalerhöhung mehr. Und da frage ich mich, der Herr Kur ist doch Anwalt, er kennt sich sehr gut aus mit den Richtlinien in Amerika und auch in der Schweiz, warum ein Anwalt so eine Aussage machen kann in der Kenntnis, und die UBS hat ja genug Analysten, die hochgezahlt sind, die eigentlich hätten voraussehen können, dass die 60 Milliarden Positionen, die noch in den Büchern sind von der UBS, könnten gefährdet sein, wenn die Marktturbulenzen, die ja dann schon volatil waren, sich fortsetzen. Was sagen Sie zu dem, Frau Bundesrätin? Ich kann jetzt einfach nur sagen, ich staune ein bisschen, dass man nach der Kommunikation, die die UBS gemacht hat, dass wenig Medien eigentlich das genau analysiert haben. Die Zahlen sind offengelegt worden. Man hat ja dort schon gesehen, dass es dank dem Rating, das auch auf der Passivseite eben schlechter war und damit die Schulden tiefer ausgewiesen werden müssen, dass das eigentlich buchhalterische eine Frage war. Und da hat, wenn man die Bilanz ganz genau angeschaut hat und auch die Entwicklung, dann hat man eigentlich schon gesehen, im Moment von dieser Medienorientierung, dass das nicht so ganz optimal ist. Also, dass gewisse Schwierigkeiten im Liquiditätsbereich bestehen. Ich bin selber ein bisschen erstaunt gewesen, aus der optimistische Haltung aufgrund von den Zahlen, die man gesehen hat und wo wir, also wenn ich mir sage, das ist die Finanzverwaltung, ist die Nationalbank, ist die EBK, wo wir so vor uns hatten und gesagt haben, das ist sehr optimistisch, wenn man mit diesen Zahlen diese Aussagen macht. Aber die Zahlen selber sind korrekt gewesen, nur haben nicht alle Medien das Gleiche herausgelesen. Dass Sie auch sagen, das ist ein bisschen eine seltsame Wahrnehmung gewesen. Zahlen haben wir gehabt, wie man die dann kommuniziert ist. Also ich muss natürlich sagen, am Schluss ist Kommunikation immer das, was gehört wird. Und wenn nicht das gehört worden ist, was wir wollen sagen, dann haben wir den Kommunikationsfehler gemacht, das ist klar. Was wir aber eigentlich wollen sagen, ist möglichst wenig. Weil das immer das grosse Dilemma ist, wenn Sie anfangen, Teile und Stückchen geben, dann heisst es selektiv. Wir haben aber auch nicht nichts können sagen. Und zwar genau wegen etwas, was Frau Bundesrätin gesagt hat. Alle die Zahlen, die Sie jetzt sagen, die sind alle auf dem Tisch gelegen. Es hat wochenlang Spekulationen gegeben darüber, wie viel wo abgeschrieben worden ist. Übrigens, die Zusammensetzung von Gewinn ist bei allen anderen Mitbewerbern genau gleich. Wir sind also im relativen Vergleich im 3. Quartal relativ gut dadurch gekommen. Wir haben auch gesagt, und das ist auch wichtig, wir werden mit aller Kraft an der Reduktion von diesen Risikopositionen arbeiten. Wenn wir sehen, dass sich die Situation verschlimmert und wir mit Massnahmen treffen, um das zu beschleunigen, haben wir das Gefühl gehabt, dass die Lösung, die wir zusammen mit dem Bundesrat, mit der Bankenkommission, mit der Nationalbank können erarbeiten, letztlich die optimale Lösung ist für unsere Kunden und für den Finanzplatz. Und ich muss sagen, ich bin im Bundesrat und der Behörde sehr dankbar, dass wir so konstruktiv und so schnell haben zusammenarbeiten können. Ich habe das als außerordentlich konstruktiv empfunden und möchte mich für das auch bedanken. Das ist ganz wichtig gewesen. Es ist die beste Lösung in dieser Situation. Okay, aus Sicht von Ihnen, von der UBS? Ich glaube auch aus Sicht vom Finanzplatz. Das schauen wir genauer an der Sendung. Daniel Lampart. Der Herr Rohner sagt, es ist kein Rettungsplan. Und es sind eigentlich alle sich einig, über die Frage, ob es ein Rettungsplan ist oder nicht, das werden wir noch streiten. Aber es sind alle sich einig, dass es ihn braucht. Was sagen Sie zu dem, was wir bis jetzt gehört haben? Ja, der normale Mensch sieht nicht in die Papiere rein. Wir wissen relativ wenig. Wir können nur glauben. Und jetzt sind wir wieder auf der Vertrauensschiene. Jetzt ist der Bundesrat, der uns sagt, zusammen mit der Nationalbank, dass das eine gute Sache ist. Ich war gestern baff, dass man da gesagt hat, man kann Geschäft machen. Jeder, der die Preise im amerikanischen Immobilienmarkt anschaut, sieht, dass die sich verdoppelt haben seit dem Jahr 2000, aber inzwischen um 20% zurückgekommen sind. Jetzt, wir lüpfen die 68 Milliarden. Die UBS sagt, 10% garantieren wir. Wenn es 10% runtergeht, das nehmen wir. Es gibt das Risiko, dass es wesentlich tiefer runtergeht. Oder? Und am Schluss zahlt das
die Schweizer Bevölkerung. Und was überraschend ist... Frau Bundesrätin sagt gerade nein. Moment. Spontan. Was überraschend ist, dass, obwohl das Risiko besteht, der Bundesrat sozusagen keine Auflagen gemacht hat. In Deutschland zum Beispiel hat der Finanzminister gesagt, wir geben Geld, aber keine Bank zahlt mehr Lohn als 500'000 €. In Amerika hat man gesagt, wir geben das Geld, aber wer mehr als 500'000 $ verdient, der muss viel mehr Steuern zahlen. Das sind Signale, wo man sagt, man will etwas machen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert, weil jeder weiß, dass die Boni ein grosses Problem sind, eine Hauptursache von dieser Bankenkrise. Also Sie sagen, es ist zu wenig Auflage gemacht worden. Ja, entweder man sagt, UBS soll mehr Risiken nehmen, sie soll eigentlich alle Abschreibungen nehmen in Zukunft, dann ist das Problem von der UBS. Oder man sagt, wenn die Allgemeinheit das muss nehmen, dann muss man Auflagen machen und schauen, dass das besser kommt. Und zweite Aussage, der Steuerzahler muss blüten. Also vielleicht jetzt einmal zuerst, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die einzelnen Bestandteile von diesen Gesamtmaßnahmen reden, aber Sie sprechen, Herr Lampert, Sie sprechen die ganze Situation SNB, also Schweizerische Nationalbank an. Es ist natürlich nicht so, dass die Aktiven, die jetzt reingegangen sind in die Spezialgesellschaft, dass das alles illiquide, also im Moment sind sie illiquide, aber sind alles Faule auf die Dauer, sondern das sind Aktive und die sind hinterlegt mit Hypotheken, das wissen Sie so gut wie ich. Das sind Wohnliegenschaften, das sind Geschäftshäuser und ein Teil von dem ganzen Betrag sind auch ganz gesunde Sachen. Man hat einfach den ganzen Kuchen raus drin. Und die Nationalbank muss ja nicht das Mohren verkaufen. Also Sie gehen wie ich wahrscheinlich davon aus, dass die Situation, die wir heute haben, auf dem Finanzmarkt, auf dem Liegenschaftenmarkt, in der ganzen Wirtschaft, dass die auch mal wieder in eine andere Richtung geht. Also vielleicht müssen wir halt auch in der Politik und in der Wirtschaft mal lernen, über Zeiträume von 10 Jahren schauen. Und das kann die Nationalbank, das kann eine Geschäftsbank nicht. Das ist der Unterschied. Und das sagt natürlich der Jean-Pierre Roth auch. Und das ganze Direktorium. Wir können die reinnehmen und wir können warten und wir können sie dann verkaufen, wenn die Marktpreise wieder gegeben sind. Also von daher ist das Risiko nicht so gewaltig. Also es ist immer ein Risiko. Das ist nicht zu bestreiten. Das gibt's. Also die UBS tut von dem Risiko, vom gesamten Risiko 6 Milliarden abdecken, indem sie die 6 Milliarden auch in die Zweckgesellschaft hineinbringen. Dann hat die Nationalbank noch eine Vereinbarung getroffen mit der UBS, dass wenn es zu einer Asymmetrie käme, in der Entwicklung von dieser Zweckgesellschaft bzw. von den Erträgen von dieser Zweckgesellschaft. Was heisst Asymmetrie? Also wenn die sich unterschiedlich entwickeln, wenn jetzt zum Beispiel die Aktiven in der Zweckgesellschaft, die eben die Nationalbank mit einem Darlehen finanziert, wenn die völlig unter dem Wert wären und sich nicht so entwickeln würden wie das Geschäftsergebnis von der UBS selber, dann hat die Nationalbank nachher, das hat sie sich vorbehalten, die Möglichkeit, sich an den Aktien in einem größeren Umfang von der UBS beteiligen und das wieder rauszulösen. Okay. Also, der zweite Punkt war, wo Herr Lampert gesagt hat, man hat keine Auflagen gemacht oder keine verbindlichen Abmachungen getroffen, was die ganz umstrittenen Sachen sind, zum Beispiel Millionengehälter, Abfindungen, Optionen und so weiter. Also vielleicht vorausgeschickt, das ist natürlich der Bereich, der mich auch erschüttert, dass man Boni auszahlt in einem Moment, wo man so viel Geld ins Sand setzt. Das ist, glaube ich, das ist völlig unbestritten. Das kann man nicht mehr unter freier Marktwirtschaft verkaufen. Aber okay, das sollte man nicht anschauen, sondern das ist jetzt etwas, was ich auch nicht tolerieren kann. Aber wir machen ja nicht etwas zum Boni finanzieren, sondern wir machen etwas, um den Finanzplatz, das ganze System Schweiz zu unterstützen und damit einen Haufen Arbeitsplätze und die KMUs, die alle dort mit verbunden sind und alle Banken untereinander. Aber zu dieser Frage, wir haben Auflagen gemacht. Also jetzt bei unserer Pflichtwandelanleihe, in der Pflichtwandelanleihe drin sind ganz klare Auflagen. Wir wirken nicht direkt einwirken auf die ganze Kompensationssystem nach der Pflichtwandelanleihe und diesen Auflagen drin, sondern wir machen das über die Bankenkommission, die zusammen mit anderen Ländern im regulatorischen Bereich jetzt die Fragen aufarbeitet und nachher auch Regeln setzt, was man unter Boni, Abgangsentschädigung... Ich glaube, wir kommen im Verlauf der Sendung darauf, ob das genug ist. Das ist wirklich Nein, es ist nicht genug und darum möchte ich dann noch einen anderen Teil dazu sagen, aber ich weiss nicht, wie ich würde gerne nachher mit den Politikern darüber reden, weil das ist schon ganz umstritten. Ich will es einfach schnell zusammenfassen. Wenn man heute zum Beispiel bei uns auf die Internetseite schaut, wie es bei den Leuten tönt, was die Leute uns schreiben, dann ist von Schock dreht, von Schock, von Empörung, von Frustration, von Wut über Banken. Und ich will schon gerne, dass wir diesen Faden nicht verlieren. Also, wir reden von 68 Milliarden, die in dem, ich sage jetzt gleich, in dem Rettungsplan drin sind. Wie kommt das bei Ihnen an? Ja gut, bei mir kommt es auch wie wahrscheinlich bei der Durchschnittsbürgerin oder dem Bürger. Und
Was mir jetzt persönlich noch mehr zu denken gibt, als Tatsache, dass man das jetzt machen muss. Ich meine, es ist ja mittlerweile fast ein bisschen absurd, weil in der Welt haben das mittlerweile fast alle Industriestaaten gemacht. Darum ist irgendwie die Überraschung nicht mehr so riesig nach dem, was im Ausland passiert ist. Aber was mir zu denken gibt, ist, dass ich bis jetzt zumindest sozusagen von der schweizerischen Klasse-Politik, von unseren Eliten noch nicht gehört haben, ja, was machen wir denn in der Zukunft, oder? Weil das ist eine weltweite Krise vom ganzen Finanzsystem und irgendwie scheint es bis jetzt noch nicht eine Perspektive zu geben. Also für mich ist klar, wenn wir in die Zukunft schauen, dann bin ich der Meinung, grundsätzlich muss es auch möglich sein, in Zukunft eine außerordentliche Leistung außerordentlich entschädigen können. Nicht in zweistelliger Millionenhöhe. Und von dort her wäre ich ein Gegner, dass man sagt, fertig Boni überhaupt nicht mehr, weil das wäre demoralisierend für gute Leute. Ich meine aber, dass eigentlich die Eidgenössische Bankenkommission schon jetzt die Möglichkeit hätte, gewisse Auflagen zu machen in Bezug auf das Anreizsystem, weil das Anreizsystem, das Bonisystem hat dazu geführt, dass man offenbar auch für schlechtes Geld also für schlechte Leistungen gutes Geld bekommt. Okay, aber ein bisschen konkreter, man hört einfach im Moment nichts, oder? Frau Fösch hat ganz klar gesagt, in Deutschland hat man Beträge gehört. 500'000 Euro oder Euro, ja genau. 500'000 Euro und keine Boni. Genau. Man muss sich aber einfach vorstellen, was es... Problem. Die Frage, die sich jetzt heute stellt, was macht Politik, oder? Und was stellen wir da für Forderungen? Das sind nicht jetzt fromme Wünsche an Herrn Ospel oder an die diversen anderen Beteiligten, was sie zurückgeben müssen, sondern was für Rahmenbedingungen stellen wir. Und wenn Sie sagen, Sie müssen dem Herrn Ospel in die Augen schauen und sagen, du hast schlechte Arbeit gemacht, muss ich euch bitten, in die Augen schauen und sagen, ihr habt auch schlechte Arbeit gemacht. Weil ihr habt gegen unseren Willen permanent die Vorstöße, die wir gemacht haben bezüglich Corporate Governance, bezüglich Bankregulierung etc. auf die lange Bank geschoben. Und jetzt muss man handeln. Ich glaube, jetzt muss man handeln, jetzt muss man schnell handeln und man muss griffige Massnahmen treffen. Und da habe ich Ihnen auch schon gesagt, Frau Bundesrätin, es langt nicht, wenn man das einfach outsourced an die DBK, an ein technisches Gremium, auf internationale Gepflogenheiten verweist. Ich denke, da braucht es auch vom Bundesrat bezüglich Boni und Entschädigungen klare Vorgaben. Und wenn man sagt, man kann das ziffernmässig nicht festlegen, glaube ich, das sollte noch machbar sein. Man kann von jedem Schuldner in diesem Land das Existenzminimum auf Franken und Rappen festlegen. Dort streiten wir von 100 Franken auf oder ab. Da sollte es möglich sein, irgendwo einen Deckel festzulegen. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Politik, das zu machen. Das ist aber nicht die einzige Maßnahme. Es gibt noch einen Haufen andere, die das ist nicht der richtige Weg. Ich bin auch der Meinung, dass man es begrenzen muss. Aber es ist doch in unserem System mit den vielen privaten Unternehmungen nicht der richtige Weg, sondern man muss die Aktionäre verpflichten, dass sie das übernehmen und die Löhne und die Bandbreite festlegen. Und das kann man über das Aktienrecht ja machen. Und das andere ist der Rahmen, der regulatorische Rahmen, den wir nicht allein als Schweiz festlegen können. Wir stehen im Wettbewerb. Was Herr Marti erzählt, ist Illusionspolitik. Weil es ist ganz einfach, wenn Sie jetzt entscheiden, der Bund entscheidet, wie hoch die Saläre sein müssen. Was passiert? Die Banken verschieben ihren Sitz in einem Land, wo diese Regel nicht gibt. Und dann haben wir auch die Banken nicht mehr. Also Sie müssen nicht in eine künstliche Welt leben. Die Welt ist diejenige, die hier gibt. Dort gibt es Unternehmen, die sehr gut arbeiten, die gut mit Boni arbeiten, die nicht übertreiben. Was passiert ist da die Kultur dieser Banken, die falsche war. Dass sie geglaubt haben, sehr schnell sehr viel Geld verdienen zu können. Das ist das Problem. Diese Kultur ist zu korrigieren. Ja, jetzt, du hast mich angegriffen, jetzt bleibst du einen Moment ruhig und lass mich antworten. Ja? Diese Kultur ist zu korrigieren. Und die Banken in der Schweiz waren nicht so am Anfang unserer Entwicklung als große Finanzplatz. Sie waren Banken, wo bescheidene Leute, die gut arbeiteten, keine große Boni wollten. Und plötzlich hat sich diese Situation entwickelt aufgrund von einer Internationalisierung des Systems. Und was vielleicht dort wo die Regulierung schwach war, das ist vielleicht wahr, dass es zwar schwach war, aber es war bei den Anreizen. Es gab zu viele Geldanreize waren möglich, um kurzfristig und risikofreundlich zu arbeiten. Das war der Fehler und das muss korrigiert werden. Wenn das korrigiert wird, wird auch die Politik der Entlöhnung korrigiert. Das ist jetzt eine Illusionspolitik, Herr Belli. Kollege Fulvio Belli,
Ich habe nicht Sie persönlich angegriffen, sondern ich habe die Politik der FDP und der SVP angegriffen, die diese Systeme jahrelang gestützt hat und die dazu beigetragen hat, dass es zu diesen Exzessen gekommen ist. Das ist Punkt 1. Wir haben verhindert, dass... Okay, Herr Belli, jetzt müssen Sie ihn auch ausreden lassen. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich nicht in der realen Welt lebe. Ich glaube, ich lebe in der realen Welt. Ich kann mich an die Arena vom letzten Freitag erinnern, wo ich der Einzige war, der gesagt hat, passt auf, was machen wir im Notfallszenario? Eine Woche später ist das eingetreten, währenddem Ihre Vertreter nach wie vor an die Selbstheilung und Selbstregulierung des Marktes geglaubt haben, obwohl dieser Markt schon lange an Wundbrand gelitten hat. Also jetzt fahre ich auf Mundart weiter. Aber ich will nicht so lange bei diesen Boni bleiben, das ist Scheinmaßnahme. Es braucht noch viele andere. Bankregulierung. Okay, wenn Sie sagen, wir verlassen das Thema, das finde ich gar nicht schlecht. Ich will aber noch schnell zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie seien erschüttert gewesen, Frau Bundesrätin, über die Aussage von Ihrem Verwaltungsratspräsident gestern Abend im 10 vor 10, dass auch in Zukunft zweistellige Millionen Boni nicht werden ausgeschlossen sein. Also ich denke, es ist grundsätzlich einmal schwierig, mit Zahlen umzubieten. In einem Geschäft, das 80'000 Leute hat, auf der ganzen Welt in verschiedensten Geschäftsfeldern tätig ist. Was sicher wird passieren, ist, in der ganzen Finanzindustrie werden die Bonuszahlungen drastisch zurückgehen. Das ist klar. Wir dürfen aber die Dynamik auch nicht vergessen. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt, wo wir Leute haben müssen gehen. Und dann haben wir die Risiken, die wir bewirtschaften müssen. Und dann brauchen wir auch wieder Leute, die die Kenntnis und das Wissen haben, um uns die Situation jetzt zu lösen. Und dann befinden wir uns in einem Umfeld, wo wir diesen Kräften ausgesetzt sind, wo wir uns nicht einfach auf einer Insel frei bewegen können. Und das dürfen wir einfach nicht ganz außer Acht lassen. Und da können wir nicht eine pauschale Gradaussage, einen Deckel über alles rein machen. Gut, also aber in dieser gesagt, Situation. Das wird in Deutschland Deutschland macht das. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, nein, die Bundesangestellten sind besser bezahlt als die kantonalen, dann heisst es ja, das ist jetzt so, die Leistung zählt und nichts anderes. Das gibt es doch x-mal in der Schweiz. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Vergleiche. Und wenn jetzt die Deutschen vorausgehen und Amerika auch, dann wäre es doch nur eigentlich eine Frage vom Respekt, dass jetzt der Herr Churer nicht, kaum hätte er das Geld, gerade wieder sagt, es gibt keine Limite für Boni, sondern dass er dort dann einfach wirklich zugesteht, nein, jetzt gibt es etwas, also jetzt müssen wir etwas machen. Und darum habe ich das Vertrauen nicht. Sie reden immer von Glauben und Vertrauen, oder? Und Glauben und Vertrauen ist eben nicht nur an den Börsen, oder? Dass immer auf und runter geht, sondern das ist bei uns real. Wir leben jetzt hier und wir müssen mit einer Rezession leben, oder vorausgesehen, eine Rezession müssen wir befürchten, wo sie uns teilweise in die Schuhe geschoben haben. Und jetzt kommt der Herr Churer und sagt, ja, nein, weil wir kommen dann vielleicht nicht so gute Angestellte über und darum müssen wir jetzt halt gleich noch ein bisschen Boni zahlen. Das ist einfach schamlos. Ja. Schauen Sie, also ich verstanden, dass das ist eine Realität, ist genauso wichtig. Für uns ist es die allerwichtigste Realität, weil das ist das Land, wo wir herkommen, wo wir am meisten Geld verdienen als Institution, was am wichtigsten ist, und die nehmen wir sehr ernst. Aber wir haben die anderen Geschäfte auch. Wir können nicht eine weltweite Lohnpolitik isoliert einsetzen. Und ich kenne die deutsche Regelung nicht. Ich weiß nicht, für wer sie genau gilt, aber ich bin überzeugt, es ist kein Deckel für alle Angestellten von der Deutschen Bank gesetzt worden oder von einer anderen Bank. Das ist es nicht. Und wenn es das ist, dann geht es nicht. Okay. Dann, das können sie nicht umsetzen. Und da müssen wir einfach auch realistisch sein, was wir heute haben. Wir haben ja die Situation, die wir haben, und mit der müssen wir umgehen. Wir versuchen, das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen und auch unter Berücksichtigung von dem, was Sie sagen. Danke vielmals. Vielleicht können wir Frau Bundesrätin noch mal fragen, was das heisst in Zahlen. Wenn Frau Frösch sagt, also in Deutschland diskutiert man über einen fixen Betrag, 500'000 €. Bei uns haben wir können lesen, der bestzahlte Beamte, Chef von einem Bundesbetrieb, von der SBB, ist gerade in diesen Tagen rausgekommen, hat 500'000 Franken Grundlohn. Gibt es dann eine Zahl, die Sie sich vorstellen und wo man sagt, die EBK-Bankkommission, der schwebt das vor? Das wäre völlig unseriös, wenn jetzt irgendeine Zahl einfach würde ich sagen. Und Frau Frösch weist jetzt auf Deutschland hin und auf Amerika hin. Aber wenn Sie dort schauen, was beschlossen worden ist, das ist nicht die ganze Entschädigung und Entlöhnung, die beschlossen worden ist, sondern es sind die Grundlohnbestandteile. Also Sie haben damit irgendwelche Vereinbarungen, die für irgendwelche andere zusätzliche Leistungen laufen, eben nicht im Griff. Und das ist das, was die Amerikaner heute schon sagen. Die tätig sind im Finanzbereich, ja, stört uns nicht groß. Wir können mit Vereinbarungen ja dann wieder
irgendetwas anderes machen. Das kann es ja auch nicht sein. Dann müssen wir ja eigentlich den Unternehmen die Verantwortung übergeben, um die Löhne klar auch definieren, auch für ihre Kader, für ihre Verwaltungsräte. Das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen. Okay. Herr Martin, Sie haben gesagt, Sie werden jetzt eigentlich nicht weiter über das Thema diskutieren, sondern es gibt andere wichtige Elemente, die man diskutieren bei diesem Plan. Also ich finde, es ist ein wichtiges Element, aber es gibt wirklich noch einen Haufen andere, die für die Volkswirtschaft von der Schweiz ebenso wichtig sind. Das ist der Einlegerschutz. Da haben wir die Zusage, dass das in die Dezember-Session kommt. Erste Phase, zweite Phase im Februar. Wir sind der Auffassung, dass das so schnell wie möglich kommt. Ja, man müsste wirklich als Schweiz zwei Erkenntnisse irgendwie versuchen zu haben. Erstens, die Schweiz muss sich im Klaren sein, wir sind nicht mehr eine Insel, wir sind kein Sonderfall, gerade auch im Finanzwesen drin. Weil das hat man ja, der Präsident von Economy Suisse hat das ja noch vor kurzem gesagt, uns geht es gut, die Schweiz gewinnt. Also die Erkenntnis, denen muss man sich bewusst sein. Und dann, abgeleitet davon, muss man halt als Schweiz auch vorausgehen, wenn es darum geht, international ein neues regulatorisches Werk aufzubauen. Weil das ist absolut zentral, okay, also um dafür zu sorgen, dass... Nein, keine Insellösung. Right. Und internationale Regulierung, weil nur dann kann man den Wahnsinn, der ja stattgefunden hat, für die Zukunft irgendwie dafür sorgen, dass es nicht mehr stattfindet. Danke vielmals. Ich will auf diese Seite gehen. Also 68 Milliarden, der Herr Rohner sagt, das ist nicht ein Rettungsplan, Herr Bäumle. Ja gut, ob es ein Rettungsplan oder nicht, das finde ich jetzt nicht so relevant. Wichtig finde ich jetzt eigentlich, dass man in der Situation, wo die Bank das erste Mal auch ansteht, auch da heute und sagt, wir haben jetzt eine Situation, wo eine Notwendigkeit da war. Für mich haben da der Bund, die EBK, die Finanzverwaltung und die Nationalbank einen super Job gemacht mit der UBS zur Rettung vom Finanzplatz. Und das war einfach nötig gewesen. Es ist sehr unschön, und das wird wahrscheinlich Herr Rohner bestätigen, dass eine UBS muss überhaupt so etwas in Anspruch nehmen. Aber unschön hier oder her. Wir haben heute keine Alternative mehr. Wir müssen positiv vorwärts schauen. Ich sehe das Ganze nicht so negativ. Wir müssen Konjunktur erhalten. Und mit diesem Schritt, glaube ich, hat Frau Bundesrätin gezeigt, dass der Bundesrat sehr wohl handlungsfähig ist und einen sehr guten Job kann machen. Schauen wir, was das nachher heisst im Detail, Herr Hochwald. Also ich begreife die Wut von gewissen Leuten, durchaus. Und es ist auch ein Sündenfall, ordnungspolitisch gesehen. Aber es ist uns nichts anderes übrig geblieben. Und der Bundesrat hat sehr gut gehandelt. Das ist nur das übrig geblieben. Ich wette allerdings jetzt, und dem Herr recht geben, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen mehr schauen, was in Zukunft passiert. Controlling muss besser werden, Bankenaufsicht, wir kommen sicher zu dem. Und die Auflagen, über die möchte ich schon noch eingehender reden. Gerade auch was KMU betrifft, zum Beispiel. Okay, also mit was für Auflagen ist das verbunden? Da würde ich jetzt gerne Politiker eigentlich hören. Ich würde Ihnen 3 für den Moment danken und um ein Auswechseln bitten. Herr Lampaert, Marion Fassbind und Marcel Rohner von der UBS und unsere Politiker führen beten. Dann können wir das politisch werten. Wir haben 4 Spitzenpolitiker, die alle auch in den Finanzkommissionen oder Finanzdelegationen sind bei uns. Und zwar der Fulvio Belli, Parteipräsident von der FDP von der Schweiz. Guten Abend, Herr Belli. Der Ueli Maurer, er ist Parteipräsident im Kanton Zürich von der SVP. Der Werner Marti, Nationalrat von der SP aus dem Kanton Glarus. Und Therese Frösch von den Grünen. Guten Abend miteinander. Ja. Herr Belli, ich bin sehr erstaunt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagt die FDP, eine von den Auflagen, die wir vorher gerade darüber geredet haben, ist, dass die Ex-Manager der UBS jetzt mitzahlen an der Misere, die angerichtet worden ist. Ja, also die UBS, wie viele andere, haben entschieden, ein System der Entlöhnung mit Boni auszuwählen. Boni bedeutet, gute Leistungen werden bezahlt. Wenn die Leistungen schlecht sind, wie der Fall UBS jetzt zeigt, müssen die Boni zurückbezahlt werden. Es sind nicht verdient. Das ist ganz einfach die Regel, die die UBS selber entschieden hat. Aber große Boni für die guten Zeiten, schlechte. Wie wollen Sie das machen? Rechtlich? Ja, erstens ist ein Problem der Selbstverantwortung dieser Leute. Wir kennen, wer diese Leute sind. Wir können in den Augen schauen und sagen, ja, jetzt gebe bitte zurück, weil du hast schlecht gearbeitet. Also Sie würden einfach auf Freiwilligkeit quasi dran bauen? Ja, ich glaube, die UBS versucht jetzt etwas. Wenn ich gut informiert bin, gibt es Gespräche, die geführt werden, um das zu erreichen. Ah ja. Und zweitens, was heißt das? Das ist aber interessant. Also ja, der Herr Rohner führt Gespräche mit dem Herr Ospel und sagt, Marcel, gib doch ein paar von deinen Millionen bitte zurück. Also ich habe schon, als ich reingekommen bin, zu dem etwas gesagt, das kommt dann in der Sendung, die vor dieser Sendung kommt. Das Gespräch habe nicht ich, aber ich sage nur, wir haben so Gespräche und die sind natürlich
auch vertraulich im Moment, das verstehen Sie. Und das Ergebnis des Gesprächs, das kommt dann in unserem Kompensationsbericht raus, der im April veröffentlicht wird. Das ist aber interessant zu hören. Muss ich das als eine Massnahme werten, wo Sie sagen, das könnte das Vertrauen zurückbringen in die Bank? Schauen Sie, am Schluss müssen auch alle Leute für sich selber entscheiden. In so einem Fall gibt es noch Fragen, die wir abklären, rechtlicher Art, damit wir sicher sind, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist das, was man im Moment machen kann und was wir auch jetzt vorhaben für die nächste Zeit. Danke vielmals. Frau Frösch, die Grünen sind eigentlich am weitesten gegangen in den Forderungen, die sie verbindet mit der Hilfe, die der Staat der UBS soll leisten. Was heisst das? Ja, das heisst ganz klar, dass man jetzt das Geld gesprochen hat. Das ist offenbar nötig gewesen, für einen Wirtschaftsplatz zu retten oder auch ein bisschen zu stabilisieren. Aber jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Auflagen sind keine da. Und wenn sich jetzt die Bankenkommission, wie die Frau Bundesrätin angeführt hat, irgendwo auf einer Insel treffen mit dem Herrn Achermann oben innen oder irgendjemand und die dann über ihre Boni-Regelungen reden, dann ist das natürlich ein Hohn. Das heisst, das, was jetzt heute im Bundestag verabschiedet worden ist, zumindest das in Deutschland, das ist doch ganz klar. Das Parlament ist nicht einberufen worden. Wir haben eine Sondersession verlangt. Es ist jetzt ausgegeben worden, die Rettungsaktion ist gemacht worden, um das Grounding zu verhindern und die Verluderung der letzten 20 Jahre, wo wir wirklich genug haben von dem System. Das heisst, die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles. Wir haben jetzt die ganze Situation. Und da ist es doch ganz klar, wenn der Herr Roth, der Nationalbankenpräsident, sagt, redet von der Bankenfamilie und er sagt, das eine Kind ist jetzt gekommen, die UBS, aber das andere kann ja auch noch kommen, wenn es Geld braucht, dann muss ich sagen, ja, und die Volkswirtschaft und die ganze Realwirtschaft und wir alle. Also wenn dann die Kinder kommen, dann sagen wir doch endlich einmal, wenn die Kinder kommen, dann tun wir euch jetzt aber einmal das Sackgeld streichen und fertig, Schluss. Und das muss man jetzt machen. Und da kann man nicht warten, das muss man jetzt machen. Das ist ein Signal, ein psychologisch ganz wichtiges Signal, dass da der Bundesrat den Mut hat und nicht nur dem Marktglauben, dem Mythos hinterher rennt und sagt, aber jetzt ist egal wie, das rechtliche regeln wir nachher. Message ist klar, Frau Bundesrätin hat schon in der Mitte von Ihrem Votum den Kopf geschüttelt. Also, wir wissen auch, Frau Nationalrätin, wir wissen auch ganz genau, dass ein freier Markt gewisse Regeln braucht. Das kann er nämlich nicht spielen. Das hat sich jetzt gezeigt, oder die letzten paar Jahre haben pervertiert in diesem Bereich. Das ist unglaublich, was sich da abgespielt hat. Und ich verstehe jeden Bürger und jede Bürgerin auf der Straße, der sich wirklich ärgert, der Emotionen hat. Die habe ich im Übrigen auch gehabt. Aber letztendlich müssen wir ein Problem lösen. Also wir können ja nicht einfach uns dann im Ärger einfach zufrieden geben. Wir müssen irgendwie ein Problem lösen und vorwärts schauen. Und eine von den Bedingungen, die wir gemacht haben mit der Pflichtwandelanleihe, ist, dass die EBK nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern die Eidgenössische Bankenkommission die Regulatoren jetzt festlegt. Die sind im Übrigen von einem Haben Sie denn Vorgaben gemacht? Wir haben ein internationales Forum, FSF, das das schon festgelegt hat, was aber noch nicht mit allen Ländern abgesprochen Und was ist da drin? Dort sind ganz klare Vorgaben über Boni, über Abgangsentschädigungen, über Anreizsysteme. Gerade das, wo wir immer darüber reden. Also die zum Teil völlig unverständlichen Anreizsysteme, die will man dort in den Griff kriegen. Herr Bundesrätin, ich zweifle, ja, dass es so klar ist. Gestern hat der Peter Kurr von der UBS, der Verwaltungsratspräsident, im 10 vor 10 gesagt, es wird auch in Zukunft zweistellige Millionenbeträge geben bei den Boni, bei den Investmentbanken. Das heisst, dass die Auflagen die Auflagen sind noch nicht in Kraft und die Aussage gestern, die hat mich auch schlichtweg erschüttert, das muss ich sagen. In dieser Situation sollte man derige Aussagen aber warum sagt ihr das Bundesrat Jetzt möchte ich einfach noch bitte fertig sagen. Wir haben jetzt eine Gesetzesvorlage auf dem Tisch, wo die Möglichkeit besteht, das Problem nicht nur für Banken, sondern für den ganzen Unternehmensbereich einmal klar zu regeln, in gewissen Grenzen, wo man dann auch noch Eigenverantwortung spielen lässt und wo man Selbstverantwortung auch noch lässt und Handlungsspielräume lässt im neuen Aktienrecht. Also wir hätten jetzt Möglichkeiten, und ich denke, es ist auch richtig, dass wir dort ein bisschen klarere Bestimmungen noch einbauen, wo wir eben genau den ganzen Bereich nicht nur für Banken, sondern für den ganzen Unternehmensbereich. Okay. Frau Bundesrätin, ich muss sagen, ich bin erschüttert, wenn Sie erschüttert sind, wenn Sie so etwas von Peter Kurr hören, nachdem er in engsten Verhandlungen war mit den Banken. Aber ich will gerne, dass Ueli Maurer und Werner Marti jetzt einsetzen können, an diesem Punkt der Diskussion. Ich denke, es gibt zwei Punkte. Das eine ist
Vergangenheit. Da glaube ich nicht, dass es Sinn macht, wenn man die Leute an der Sanierung beteiligt. Hingegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auf freiwilliger Basis einen freiwilligen Beitrag leisten, in einer Form für die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Weil ob da noch mal ein paar Millionen zurückfließen, macht eigentlich nichts aus. Aber für das Image von diesen Herren wäre so eine Lösung, vielleicht auf freiwilliger Basis, die dann auch freiwillig ist, durchaus international reguliert werden. Und da erwarte ich von der Schweiz, dass sie da mitwirkt und es nicht probiert, abseits und probiert, Rosinen rauszupicken. Okay, und was wir bei der ganzen... noch ein letzter Punkt, Thema, wo wir durcheinander diskutieren. Wo wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen. Wir reden jetzt nur über den Finanzmarkt. Aber es gibt noch eine Realwirtschaft. Eine Realwirtschaft, die unter dem Ganzen leiden tut. Und da dürfen wir bei dieser Politik, die man da macht, nicht nur an die denken, die am lautesten rufen und sich am besten in die Szene setzen, sondern all die anderen, die von dem eben betroffen sind. Und da ist Bundespolitik, insbesondere im Rahmen der Finanzpolitik, mit Investitionen stark gefordert. Und da haben wir die Nagelprobe bei der Budgetdiskussion im Dezember machen. Also ich denke durchaus, beim Einlegerschutz werden wir uns irgendwo im europäischen Umfeld müssen ein bisschen anpassen. Aber ich möchte schon trotz allem auch davor warnen, dass wir jetzt unter dem Schock anfangen zu regulieren und machen und alles versucht einzuhängen. Das kommt am Schluss nicht besser raus. Man muss schauen mit diesen unnötigen Boni, mit diesem Anreizsystem, das falsch ist. Man muss beim Einlegerschutz schauen. Aber man kann nicht über alles den Deckel heben. Wir sehen es beim Bund, dort, wo alles reguliert ist, bei der SBB, produzieren wir jedes Jahr mehr Milliarden Defizit. Also das System, wenn alles reguliert ist, ist nicht besser. Man muss einen vernünftigen Mittelweg finden. Und der liegt sicher dort, dass man den Exzess versucht, oder muss eindämmen, ganz eindeutig, weil das verstehen die Leute zu Recht nicht. Wie machen Sie denn das? Eben, ich denke, die Eidgenössische Bankenkommission hätte jetzt schon Rechtskompetenz, das Anreizsystem zu senken, sehr schnell. Wenn wir das politisch machen und einen Deckel versuchen drauf zu tun, ist auch mit dem OR nicht möglich, oder? Wir können nicht Obligationen, wir können nicht die Bank verpflichten, 80'000 Arbeitsverträge künden, weil die Politik plötzlich einen Furz hat und sagt, wir müssen es jetzt anders machen. Das muss auch Sache sein von der Bank wieder, aber im Gespräch selbstverständlich. Und der Druck muss schon erfolgen, weil das Anreizsystem hat dazu geführt und dass man auch den Einleger schützt, wie der Werner Marti das gesagt hat, das ist auch berechtigt. Aber ein Staat kann auch nicht am Schluss eine Garantie geben für alles. Der Staat kann nicht für Millionen Einlagen schützen und eine Garantie übernehmen. Irgendwo trägt jeder von uns auch noch ein Risiko. Und dann muss er halt überlegen, ob er zu der UBS geht oder zu einer Kantonalbank oder ich weiss nicht woher. Also jede Verantwortung können wir dem Bürger nicht wegnehmen. Frau Bundesrätin. Also es ist ja nicht so, dass die Eidgenössische Bankenkommission bis heute nichts gemacht hat in diesem Bereich, im Bereich Aufsicht. Schauen Sie mal den Bericht 2007 an, der jetzt von der Eidgenössischen Bankenkommission gerade mit Bezug auf die UBS rausgekommen ist. Das heisst, wo man jetzt lesen kann, Sie sehen dort, dass man durchaus darauf hinweist, dass die Boni auch Abgangsentschädigungen vor allem... Ja, natürlich ist es spät. Wir müssen auch nicht mehr Vergangenheitsbewältigung machen, wir müssen für die Zukunft etwas machen. Ich sage nur, die EBK und künftig ist jetzt FINMA, also die Finanzmarktaufsicht, die noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, die man vielleicht auch noch verstärken muss. Das ist durchaus möglich. Aber die haben darauf hingewiesen. Wenn ich den Bericht lese... Vom Gewerkschaftsbund und Marianne Fassbind. Also, wenn ich es darf sagen, der Herr Belli hat es eigentlich unterbrochen, nicht ich, vorher. Also ich will die Aussage von der Frau Nationalrätin Kleiner aufnehmen. Also es ist ja so, dass wir nicht über einen kranken Bankenplatz jetzt diskutieren. Wir haben einen Bankenplatz Schweiz, ein Finanzsystem, das funktioniert. Also denken Sie an all die guten, stabilen Kantonalbanken, die wir haben, an eine Raiffeisenbank, eine Postfinanz, die funktioniert, an die vielen Privatbanken auch. Also wenn wir es jetzt im Ganzen einmal anschauen, müssen wir es ein bisschen relativieren. Aber wir haben jetzt einen Teil, der ein bisschen und einen grossen Marktanteil hat, der Schwierigkeiten hat. Und wir haben das ganze System, das wir damit stabilisieren wollen. Damit machen wir etwas für die Realwirtschaft. Vorher ist gesagt worden, man muss dann auch etwas für die Realwirtschaft machen. Was wäre die Alternative, wenn wir nichts gemacht hätten? Das hätte sicher gravierende wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Nicht nur auf das Bankensystem, auch auf den übrigen Teil unserer Wirtschaft. Und dass wir investieren, jetzt gerade auch in dieser relativ schwierigen Situation, das ist ganz klar. Und ich habe immer gesagt, das Budget 2009 wird nicht merken, dass der Bund jetzt sich da auch in dieser Art und Weise mitbeteiligt hat. Wir werden genau gleich die Ausgaben, und nicht Konsumausgaben, sondern vor allem auch Investitionen tätigen, die vorgesehen sind. Also Frau Bundesrätin, das ist ja genau das, was man Mühe hat, zu verstehen. Wir haben bei der Swissair Milliardenbeträge gezahlt. Wir
sind in einem völlig anderen Verhältnis. Wir reden jetzt nicht mehr von 2-3 Milliarden wie damals bei der Rettung von der Swissair, sondern wir reden von 68 Milliarden. Und trotzdem hört man, dass das nicht der Steuerzahler zahlt und dass es kein Problem sein soll. Also kein Problem. Es ist gesagt worden, es hat jedes Geschäft, das man macht in diesem Bereich, hat gewisse Risiken, das ist klar. Aber in diesem Bereich drin, und wenn Sie das Gesamtsystem anschauen, sind die Chancen viel grösser, die man hat. Also jetzt konkret für den Bund, wenn Sie die Pflichtwandelanleihen anschauen. Das sind die 6 Milliarden. Das sind 6 Milliarden. Wir stellen die 6 Milliarden zur Verfügung, im Sinne von einem Darlehen, wo wir in 30 Monaten einmal, wenn wir das wetten könnten, in Aktienkapital mit Stimmrecht umwandeln, was aber eigentlich nicht unsere Intention ist. Also wir wetten das dann wieder platzieren und das in dem Sinne als eine Investition vorübergehender Natur anschauen. Wir haben 12,5% Zins. Wo kriegen Sie das heute? Also nächstes Jahr wird der Bund 700 Millionen Franken einnehmen aus dieser Investition. Ja, darum sagen Sie ja, das ist eigentlich ein gutes Geschäft. Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass die UBS weiter Geschäft macht. Das ist aber ein bisschen umstritten. Das sehen nicht alle Leute so. Ich weiss nicht, ob es da am Ring umstritten ist. So ist es. Also das eine ist natürlich das Geschäft, das der Bund macht. Das hat ein Risiko, weil sie ja die Aktien dann kaufen können oder eben nicht kaufen. Das kommt darauf an, was der Preis ist von dieser Aktie. Das wissen wir heute nicht, oder? Aber das Zweite ist natürlich das, was die Nationalbank lüpft. Oder? Die 54 Milliarden $. Und der Skandal eigentlich hat... Bereich, der mich auch erschüttert, dass man Boni auszahlt in einem Moment, wo man so viel Geld ins Sand setzt, das ist, glaube ich, das ist völlig unbestritten. Das kann man nicht mehr unter freier Marktwirtschaft verkaufen. Aber okay, das sollte man nicht anschauen, sondern das ist jetzt etwas, was ich auch nicht tolerieren kann. Aber wir machen ja nicht etwas zum Boni finanzieren, sondern wir machen etwas, um den Finanzplatz, das ganze System Schweiz zu unterstützen, damit ein Haufen Arbeitsplätze und die KMUs, die alle dort mit verbunden sind und alle Banken untereinander. Aber zu dieser Frage, wir haben Auflagen gemacht. Also jetzt bei unserer Pflichtwandelanleihe, in der Pflichtwandelanleihe drin sind ganz klare Auflagen. Wir wirken nicht direkt einwirken auf die ganze Kompensationssystem nach der Pflichtwandelanleihen und diesen Auflagen drin, sondern wir machen das über die Bankenkommission, die zusammen mit anderen Ländern im regulatorischen Bereich jetzt die Fragen aufarbeitet und nachher auch Regeln setzt, was man unter Boni, Abgangsentschädigung... Ich glaube, wir kommen im Verlauf der Sendung darauf, ob das genug ist. Das ist wirklich Nein, es ist nicht genug und darum möchte ich dann noch einen anderen Teil dazu sagen, aber ich weiss nicht, ich würde gerne nachher mit den Politikern darüber reden, weil das ist schon ganz umstritten. Ich will es einfach schnell zusammenfassen. Wenn man heute zum Beispiel bei uns auf die Internetseite schaut, wie es bei den Leuten tönt, was die Leute uns schreiben, dann ist von Schock dreht, von Schock, von Empörung, von Frustration, von Wut über Banken. Und ich will schon gerne, dass wir diesen Faden nicht verlieren. Also, wir reden von 68 Milliarden, die in dem, ich sage jetzt gleich, in dem Rettungsplan drin sind. Wie kommt das bei Ihnen an? Ja gut, bei mir kommt es auch wie wahrscheinlich bei der Durchschnittsbürgerin oder dem Bürger. Und was mir jetzt persönlich noch mehr zu denken gibt, als Tatsache, dass man das jetzt machen muss. Ich meine, es ist ja mittlerweile fast ein bisschen absurd, weil in der Welt haben das mittlerweile fast alle Industriestaaten gemacht. Darum ist irgendwie die Überraschung nicht mehr so riesig nach dem, was im Ausland passiert ist. Aber was mir zu denken gibt, ist, dass ich bis jetzt zumindest sozusagen von der schweizerischen Klasspolitik, von unseren Eliten noch nicht gehört haben, ja, was machen wir denn in der Zukunft, oder? Weil das ist eine weltweite Krise vom ganzen Finanzsystem und irgendwie scheint es bis jetzt noch nicht eine Perspektive zu geben. Also für mich ist klar, Wenn wir in die Zukunft schauen, dann bin ich der Meinung, grundsätzlich muss es auch möglich sein, in Zukunft eine außerordentliche Leistung außerordentlich entschädigen können. Nicht in zweistelliger Millionenhöhe. Und von dort her wäre ich ein Gegner, dass man sagt, fertig Boni überhaupt nicht mehr, weil das wäre demoralisierend für gute Leute. Ich meine aber, dass eigentlich die Eidgenössische Bankenkommission schon jetzt die Möglichkeit hätte, gewisse Auflagen zu machen in Bezug auf das Anreizsystem, weil das Anreizsystem, das Bonisystem hat dazu geführt, dass man offenbar auch für schlechtes Geld also für schlechte Leistungen gutes Geld bekommt. Okay, aber ein bisschen konkreter, man hört einfach im Moment nichts, oder? Frau Fösch hat ganz klar gesagt, in Deutschland hat man Beträge gehört. Wenn ich mir sage, das ist die Finanzverwaltung, ist die Nationalbank, ist die EBK, wo wir so vor uns hatten und gesagt haben, das ist sehr optimistisch, wenn man mit diesen Zahlen diese Aussagen macht. Aber die Zahlen selber sind korrekt gewesen, nur haben nicht alle Medien das Gleiche herausgelesen. Dass Sie auch sagen, das ist ein bisschen eine seltsame Wahrnehmung gewesen. Zahlen haben wir gehabt, wie man die dann kommuniziert ist. Also ich muss natürlich sagen, am Schluss ist Kommunikation immer das, was gehört wird.
Und wenn nicht das gehört worden ist, was wir wollen sagen, dann haben wir den Kommunikationsfehler gemacht, das ist klar. Was wir aber eigentlich wollen sagen, ist möglichst wenig. Weil das immer das grosse Dilemma ist, wenn sie anfangen, Teile und Stückchen geben, dann heisst es selektiv. Wir haben aber auch nichts können sagen. Und zwar genau wegen etwas, was Frau Bundesrätin gesagt hat. Alle die Zahlen, die Sie jetzt sagen, die sind alle auf dem Tisch gelegen. Es hat wochenlang Spekulationen gegeben darüber, wie viel wo abgeschrieben worden ist. Übrigens, die Zusammensetzung von Gewinn ist bei allen anderen Mitbewerbern genau gleich. Wir sind also im relativen Vergleich im 3. Quartal relativ gut dadurch gekommen. Wir haben auch gesagt, das ist auch wichtig, wir werden mit aller Kraft an der Reduktion von diesen Risikopositionen arbeiten. Wenn wir sehen, dass sich die Situation verschlimmert und wir mit Massnahmen treffen, um das zu beschleunigen, haben wir das Gefühl gehabt, dass die Lösung, die wir zusammen mit dem Bundesrat, mit der Bankenkommission, mit der Nationalbank können erarbeiten, letztlich die optimale Lösung ist für unsere Kunden und für den Finanzplatz. Und ich muss sagen, ich bin im Bundesrat und der Behörde sehr dankbar, dass wir so konstruktiv und so schnell haben zusammenarbeiten können. Ich habe das als außerordentlich konstruktiv empfunden und möchte mich für das auch bedanken. Das ist ganz wichtig gewesen. Es ist die beste Lösung in dieser Situation. Okay, aus Sicht von Ihnen, von der UBS? Ich glaube auch aus Sicht vom Finanzplatz. Das schauen wir genauer an in der Sendung. Daniel Lampart. Der Herr Rohner sagt, es ist kein Rettungsplan. Und es sind eigentlich alle sich einig, über die Frage, ob es ein Rettungsplan ist oder nicht, das werden wir noch streiten. Aber es sind alle sich einig, dass es ihn braucht. Was sagen Sie zu dem, was wir bis jetzt gehört haben? Ja, der normale Mensch sieht nicht in die Papiere rein. Wir wissen relativ wenig. Wir können nur glauben. Und jetzt sind wir wieder auf der Vertrauensschiene. Jetzt ist der Bundesrat, der uns sagt, zusammen mit der Nationalbank, dass das eine gute Sache ist. Ich war gestern baff, dass man da gesagt hat, man kann Geschäft machen. Jeder, der die Preise im amerikanischen Immobilienmarkt anschaut, sieht, dass die sich verdoppelt haben seit dem Jahr 2000, aber inzwischen um 20% zurückgekommen sind. Jetzt, wir lüpfen die 68 Milliarden. Die UBS sagt, 10% garantieren wir. Wenn es 10% runtergeht, das nehmen wir. Es gibt das Risiko, dass es wesentlich tiefer runtergeht. Oder? Und am Schluss zahlt das die Schweizer Bevölkerung. Und was überraschend ist, gegenüber von den Aktionären, gegenüber von den Mitarbeitern, dass man das Gefühl hatte, die UBS ist eine Bank, die jetzt eigentlich Krisen übersteht, ohne staatliche Hilfe, aber auch, wo jetzt wieder auf dem Aufwärtsweg ist. Und das hat natürlich jetzt schockiert, die Nachricht gestern. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen, ich will da nicht weiter ausholen. Das war etwa vor 6 Wochen oder vor 2 Monaten, wo der Peter Kurer, der VW-Präsident, gesagt hat, dezidiert im Interview, es braucht bei der UBS keine Kapitalerhöhung mehr. Und da frage ich mich, der Herr Kurer ist doch Anwalt, er kennt sich sehr gut aus mit den Richtlinien in Amerika und auch in der Schweiz, warum ein Anwalt so eine Aussage machen kann in der Kenntnis. Und die UBS hat ja genug Analysten, die hochgezahlt sind, die eigentlich hätten voraussehen können, dass die 60 Milliarden Positionen, die noch in den Büchern sind von der UBS, könnten gefährdet sein, wenn die Marktturbulenzen, die ja dann schon volatil waren, sich fortsetzen. Was sagen Sie zu dem, Frau Bundesrätin? Ich kann jetzt einfach nur sagen, ich staune ein bisschen, dass man nach der Kommunikation, die die UBS gemacht hat, dass wenig Medien eigentlich das genau analysiert haben. Die Zahlen sind offengelegt worden. Man hat ja dort schon gesehen, dass es dank dem Rating, das auch auf der Passivseite eben schlechter war und damit die Schulden tiefer ausgewiesen werden müssen, dass das eigentlich buchhalterisch eine Frage war. Und da hat, wenn man die Bilanz ganz genau angeschaut hat und auch die Entwicklung, dann hat man eigentlich schon gesehen, im Moment von dieser Medienorientierung, dass das nicht so ganz optimal ist. Also, dass gewisse Schwierigkeiten im Liquiditätsbereich bestehen. Ich bin selber ein bisschen erstaunt gewesen, aus der optimistische Haltung aufgrund von den Zahlen, die man gesehen hat und wo wir, also wenn ich mir sage, das ist die Finanzverwaltung, ist die Nationalbank, ist die EBK, wo wir so vor uns hatten und gesagt haben, das ist sehr optimistisch, wenn man mit diesen Zahlen diese Aussagen macht. Aber die Zahlen selber sind korrekt gewesen, nur haben nicht alle Medien das Gleiche rausgelesen. Dass Sie auch sagen, das ist ein bisschen eine seltsame Wahrnehmung. Zahlen haben wir gehabt, wie man die dann kommuniziert, ist eine andere Frage. Also ich muss natürlich sagen, am Schluss ist Kommunikation immer das, was gehört wird. Und wenn nicht das gehört worden ist, was wir wollen sagen, dann haben wir den Kommunikationsfehler gemacht, das ist klar. Was wir aber eigentlich wollen sagen, ist möglichst wenig.
Weil das immer das grosse Dilemma ist, wenn sie anfangen, Teile und Stückchen geben, dann heisst es selektiv. Wir haben aber auch nichts können sagen. Und zwar genau wegen etwas, was die Frau Bundesrätin gesagt hat. Alle die Zahlen, die Sie jetzt sagen, die sind alle auf dem Tisch gelegen. Es hat wochenlang Spekulationen gegeben darüber, wie viel wo abgeschrieben worden ist. Übrigens, die Zusammensetzung von Gewinnen ist bei allen anderen Mitbewerbern genau gleich. Wir sind also im relativen Vergleich im 3. Quartal relativ gut dadurch gekommen. Wir haben auch gesagt, das ist auch wichtig, wir werden mit aller Kraft an der Reduktion von diesen Boni arbeiten, die nicht übertreiben. Was passiert ist, ist die Kultur dieser Banken, die falsche war. Dass sie geglaubt haben, sehr schnell sehr viel Geld verdienen zu können. Das ist das Problem. Diese Kultur ist zu korrigieren. Ja, jetzt, du hast mich angegriffen, jetzt bleibst du im Moment ruhig und lass mich antworten. Ja? Diese Kultur ist zu korrigieren. Und die Banken in der Schweiz waren nicht so am Anfang unserer Entwicklung als große Finanzplatz. Sie waren Banken, wo bescheidene Leute, die gut arbeiteten, keine großen Boni wollten. Und plötzlich hat sich diese Situation entwickelt aufgrund von einer Internationalisierung des Systems. Und was vielleicht die dort wo die Regulierung schwach war, das ist vielleicht wahr, dass es zwar schwach war, aber es war bei den Anreizen. Es gab zu viele Geldanreize waren möglich, um kurzfristig und risikofreundlich zu arbeiten. Das war der Fehler und das muss korrigiert werden. Wenn das korrigiert wird, wird auch die Politik der Entlöhnung korrigiert. Das ist jetzt eine Illusionspolitik, Herr Belli. Kollege Fulvio Belli, ich habe nicht Sie persönlich angegriffen, sondern ich habe die Politik der FDP und der SVP angegriffen, die diese Systeme jahrelang gestützt hat und die dazu beigetragen hat, dass es zu diesen Exzessen gekommen ist. Das ist Punkt 1. Wir haben verhindert, dass Herr Belli, jetzt müssen Sie ihn auch ausreden lassen. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich nicht in der realen Welt lebe. Ich glaube, ich lebe in der realen Welt. Ich kann mich an die Arena vom letzten Freitag erinnern, wo ich der Einzige war, der gesagt hat, passt auf, was machen wir im Notfallszenario? Eine Woche später ist das eingetreten, währenddem Ihre Vertreter nach wie vor an die Selbstheilung und Selbstregulierung des Marktes geglaubt haben, obwohl dieser Markt schon lange an Wundbrand gelitten hat. Also jetzt fahre ich auf Mundart weiter. Aber ich will nicht so lange bei diesen Boni bleiben, das ist eine Maßnahme. Es braucht noch viele andere. Bankregulierung. Okay, wenn Sie sagen, wir verlassen das Thema, das finde ich gar nicht schlecht. Ich will aber noch schnell zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie seien erschüttert gewesen, Frau Bundesrätin, über die Aussage von Ihrem Verwaltungsratspräsident gestern Abend im 10 vor 10, dass auch in Zukunft zweistellige Millionen Boni nicht werden ausgeschlossen sein. Also ich denke, es ist grundsätzlich einmal schwierig, mit Zahlen umzubieten. In einem Geschäft, das 80'000 Leute hat auf der ganzen Welt in verschiedensten Geschäftsfeldern tätig ist. Was sicher wird passieren, ist in der ganzen Finanzindustrie werden die Bonuszahlungen drastisch zurückgehen. Das ist klar. Wir dürfen aber die Dynamik auch nicht vergessen. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt, wo wir Leute haben müssen gehen. Und dann haben wir die Risiken, die wir bewirtschaften müssen. Und dann brauchen wir auch wieder Leute, die die Kenntnis und das Wissen haben, um uns die Situation. Und wir rechnen auch damit und legen sehr großen Wert darauf, werden das auch mit allem Nachdruck verfolgen, dass man sich auch mit gewissen Regulatoren, die eine freie Marktwirtschaft eben braucht, gewisse Leitlinien braucht auch eine Marktwirtschaft, die gelten auch für den Bankenbereich und dass die Banken dann auch mitmachen, wenn es dann um das geht. Danke vielmals, das verfolgen wir mit Interesse. Danke vielmals, Frau Bundesrätin. Herzlichen Dank dem Konzernchef von der UBS, Marcel Rohner, Marvin Fassbind vom Schweizer Fernsehen und Daniel Lampard. Wir haben auf unserem Internet eine Abstimmung laufen oder eine Umfrage zu der Frage, ob der Rettungsplan richtig ist oder nicht. Da können Sie schauen. Sie können jetzt die Diskussion weiterführen auf www.arena.sf.tv. Ich hoffe, dass wir die nächste Woche ein anderes Thema machen können. Sie wahrscheinlich auch. Sicher ist, dass es die nächste Arena gibt, am 20.10 am nächsten Freitag. Es geht weiter mit Tagesschau Nacht. Gute Nacht miteinander. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht.
ihr macht mich alle verrückt! Man kann nicht nur die Banken schützen, man muss auch die Anleger umfassend schützen. Das eine ist die Regulierung des Bankensystems. Und da muss ich einfach den Gedanken aufgreifen, den der Jon Pultschuh vorhin geäussert hat. Wir sind nicht mehr allein. Ich glaube, dass die Schweiz eine Insel der Glückseligkeit ist, die ist diese Woche endgültig untergegangen. Wir müssen uns bewusst sein, dass auch wir, dass es keinen Finanzmarkt Schweiz gibt, sondern dass es nur einen internationalen Finanzmarkt gibt und der muss international reguliert werden. Und da erwarte ich von der Schweiz, dass sie da mitwirkt und es nicht probiert, abseits zu probiert, Rosinen rauszupicken. Okay, und was wir wieder ganz... Weil sonst haben wir nachher einen Haufen Themen, die wir durcheinander diskutieren. Wo wir mit dem Ganzen nicht vergessen dürfen. Wir reden jetzt nur über den Finanzmarkt. Aber es gibt noch eine Realwirtschaft. Eine Realwirtschaft, die unter dem Ganzen leiden tut. Und da dürfen wir bei dieser Politik, die man da macht, nicht nur an die denken, die am lautesten rufen und sich am besten in die Szene setzen, sondern all die anderen, die von dem eben betroffen sind. Und da ist Bundespolitik, insbesondere im Rahmen der Finanzpolitik, mit Investitionen stark gefordert. Und da haben wir Nagelprobe bei der Budgetdiskussion im Dezember machen. Also ich denke durchaus, beim Einlegerschutz werden wir uns irgendwo im europäischen Umfeld müssen ein bisschen anpassen. Aber ja, der normale Mensch sieht nicht in die Papiere rein. Wir wissen relativ wenig. Wir können nur glauben. Und jetzt sind wir wieder auf der Vertrauensschiene. Jetzt ist der Bundesrat, der uns sagt, zusammen mit der Nationalbank, dass das eine gute Sache ist. Ich war gestern baff, dass man da gesagt hat, man kann Geschäft machen. Jeder, der die Preise im amerikanischen Immobilienmarkt anschaut, sieht, dass die sich verdoppelt haben seit dem Jahr 2000, aber inzwischen um 20% zurückgekommen sind. Jetzt, wir lüpfen die 68 Milliarden. Die UBS sagt, 10% garantieren wir. Wenn es 10% runtergeht, das nehmen wir. Es gibt das Risiko, dass es wesentlich tiefer runtergeht. Oder? Und am Schluss zahlt das die Schweizer Bevölkerung. Und was überraschend ist... Der Bundesrat sagt gerade noch. Ja, Moment. Was überraschend ist, dass, obwohl das Risiko besteht, der Bundesrat sozusagen keine Auflagen gemacht hat. In Deutschland zum Beispiel hat der Finanzminister gesagt, wir geben Geld, aber keine Bank zahlt mehr Lohn als 500'000 €. In Amerika hat man gesagt, wir geben Geld, aber wer mehr als 500'000 $ verdient, der muss viel mehr Steuern zahlen. Das sind Signale, wo man sagt, man will etwas machen, dass es in Zukunft nicht passiert, weil jeder weiß, dass die Boni ein grosses Problem sind, eine Hauptursache von dieser Bankenkrise. Also Sie sagen, es ist zu wenig Auflage gemacht worden. Ja, entweder man sagt, UBS soll mehr Risiken nehmen, sie soll eigentlich alle Abschreibungen nehmen in Zukunft, dann ist das Problem von der UBS. Oder man sagt, wenn die Allgemeinheit das muss nehmen, dann muss man Auflagen machen und schauen, dass das besser kommt. Und zweite Aussage, der Steuerzahler muss blüten. Also vielleicht jetzt einmal zuerst, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die einzelnen Bestandteile von diesen Gesamtmaßnahmen reden, aber Sie sprechen, Herr Lampert, Sie sprechen die ganze Situation SNB, also der Schweizerische Nationalbank an. Es ist natürlich nicht so, dass die Aktiven, die jetzt reingegangen sind in die Spezialgesellschaft, dass das alles illiquide, also im Moment sind sie illiquide, aber das sind alles Faule auf die Dauer, sondern das sind Aktive und die sind hinterlegt mit Hypotheken, das wissen Sie so gut wie ich. Das sind Wohnliegenschaften, das sind Geschäftshäuser und ein Teil von dem ganzen Betrag sind auch ganz gesunde Sachen. Man hat einfach den ganzen Kuchen raus drin. Und die Nationalbank muss ja nicht das Mohren verkaufen. Also Sie gehen wie ich wahrscheinlich davon aus, dass die Situation, die wir heute haben, auf dem Finanzmarkt, auf dem Liegenschaftenmarkt, in der ganzen Wirtschaft, dass die auch mal wieder in eine andere Richtung geht. Also vielleicht müssen wir halt auch in der Politik und in der Wirtschaft mal lernen, über Zeiträume von 10 Jahren schauen. Und das kann die Nationalbank, das kann eine Geschäftsbank nicht. Das ist der Unterschied. Und das sagt natürlich der Jean-Pierre Roth auch. Und das ganze Direktorium. Wir können die reinnehmen und wir können warten und wir können sie dann verkaufen, wenn die Marktpreise wieder gegeben sind. Also von daher ist das Risiko nicht so gewaltig. Also es ist immer ein Risiko. Das ist nicht zu bestreiten. Das gibt's. Also die UBS tut von dem Risiko, vom gesamten Risiko 6 Milliarden abdecken, indem sie die 6 Milliarden auch in die Zweckgesellschaft hineinbringen. Dann hat die Nationalbank noch eine Vereinbarung getroffen mit der UBS, dass wenn es zu einer Asymmetrie käme, zu einem späteren Zeitpunkt Inflation geben. Aber die Frage ist das vertrauensbildend oder nicht? Ja, für mich ist das, weil man jetzt weiss, dass die
Wertschriften aus der Bilanzen sind von der UBS. Es ist gesagt worden, 6 Milliarden als erstes Auffangpolster, das ist sehr viel. Es zeigt aber auch, dass es die Nationalbank nicht aufs eigene Buch genommen hat, dass man eben hofft, dass man besser wird abschneiden. Es gibt ja auch eine Gewinnverwendung allenfalls, wenn mehr übrig bleibt als 1 Milliarde, 50-50. Das ist für mich ein Zeichen, eben, dass die UBS auch nicht gerne alles abtreten hat, weil es natürlich eine Hoffnung ist, dass es mehr gibt. Und die allerbrutalste Lösung wäre gewesen, wir hätten keine Liquidität zur Verfügung gestellt. Dann hätte die UBS wahrscheinlich in der Not einen Haufen auch noch vermarktbare Sachen müssen verkaufen, Kredite künden, und das wäre sicher das Allerdümmste gewesen im jetzigen Moment. Also, darum doch muss ich sagen, Maßnahme. das kann ich unterstützen. Und andere Zentralbanken haben auch Wertschriften schlechterer Qualität entgegengenommen, nur haben sie die auf die eigenen Bücher genommen. Für mich ist das die elegantere Lösung. Und es ist die Aufgabe. Also ich sehe da nicht, dass wir jetzt noch Volksabstimmungen machen müssen. Das ist eine Sache, wo es um Stunden geht. Also das die Antwort zum Einwand vom Herrn Lampa, das ist völlig unglaublich. Und es ist ein Auftrag, Verfassungsauftrag für die Notenbank, Kaufkraft zu erhalten und Stabilität vom Finanzsystem, und das hat sie erfüllt. Jetzt muss man doch nicht Angst haben vor dem Volk, oder, Herr Kaufmann? Es ist doch einfach, wenn man Zeitung liest, dann ist doch sonnenklar, was die Leute wollen. Ich glaube, es will niemand, dass die UBS untergeht, und es werden alle dafür sein, oder ein grosser Teil dafür sein, dass man die UBS unter die Arme greift. Das ist klar. Aber was die Leute wollen, ist, dass sie klar sehen und hören, da hat es Risiken drunter, und sie wollen nachher irgendein Zugeständnis. Und ich glaube, den Leuten leuchtet es nicht ein, warum sie, die gerettet worden sind, mehr verdienen als Frau Wittmer-Schlumpf, die sie gerettet hat. Und da sollen wir jetzt einfach eine Massnahme in ihrem Sinn treffen. Und dann haben die Leute das Gefühl, jetzt haben wir Ordnung hergestellt im Land. Und das kostet jetzt halt etwas, aber das ist etwas für die Zukunft. Ich glaube, das würden die Leute sagen. Und da dürfen wir jetzt keine Angst haben, da müssen wir nicht technische Lösungen wählen, sondern eine saubere Sache. Danke vielmals. Das war schon Ihr Schlussvotum, ohne dass Sie es gewusst haben. Jawohl, genau. Und jetzt kommen die anderen 3 dran. Zur Frage, was ist das Fazit von der Diskussion, und vor allem, ist das die richtige vertrauensbildende Massnahme gewesen? Wie sehen Sie jetzt in den nächsten Wochen? Ich würde eigentlich gerne, dass Sie das Schlusswort haben. Dann fangen wir mit dem Marianne Fassbinder an. Ja, also Sie haben es schon gesagt, Herr Brennwald, es ist eben wirklich, ich komme darauf zurück, ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt die UBS es auch schafft, dass die Kundengelder, die abfließen, gestoppt werden. Und ich glaube, da langt eben das Finanzpaket nicht. Das ist ein Teil davon. Aber jetzt ist die UBS dran, die wirklich mehr noch Massnahmen treffen muss, um das Vertrauen wieder zu haben. Guten Abend, alle miteinander. Die grösste Rettungsaktion in der Geschichte der Schweiz, büssen jetzt die Steuerzahler für die Fehler der Banken, oder ist jetzt Schluss mit Millionenboni und Gewinnmaximierung? Frau Bundesrätin Schlumpf, die UBS hat in den letzten 2 Wochen schon fast wieder als sicher gegolten. Man hat gehört von aggressiven Abschreibungen, von Kapitalerhöhungen. Sind Sie persönlich doch überrascht gewesen, dass das jetzt nötig war? Also, dass es jetzt gerade nötig geworden ist, in dieser Art und Weise, überrascht. Es hat uns ein bisschen überrascht, aber nicht in dem Sinn, dass wir nicht vorbereitet gewesen wären. Wir haben schon, als der Quartalsbericht veröffentlicht worden ist, wo wir darüber geredet haben, haben wir die Zahlen ein bisschen analysiert und haben natürlich gesehen, dass die Bank im Liquiditätsbereich Schwierigkeiten hat. Man hat nicht gewusst genau, wie sich das weiterentwickelt. Es war auch eine ganz verrückte Zeit gewesen, die letzten paar Wochen. Er hat einmal ausgeschlagen in die und einmal in die andere Seite. Aber wir sind vorbereitet gewesen. Wir haben ja immer gesagt, wir werden die Massnahmen, die wir vorbereitet haben für verschiedenste Eventualitäten, werden wir dann beschließen und dann umsetzen, wenn es dann nötig ist. Also nicht eigentlich wirklich mit dem gerechnet, so wie die meisten Leute, oder? Man hat das Gefühl gehabt, die Bank ist jetzt über das Gröbste weg und man ist zwar im Kontakt, aber dass eine Rettung durch den Staat nötig ist, kann man das sagen, hätte das Sie eigentlich so nicht erwartet? Dass in einer gewissen Art der Staat zur Stabilisierung von dem Finanzsystem, wo die UBS ein wichtiger Teil davon ist, beitragen könnte allenfalls. Das hat man vor 2 Wochen schon gesehen, dass die Bewegung so kann gehen. Man hat aber nicht gewusst, in welchem Ausmaß, und vor allem haben wir auch noch nicht gewusst, welche Massnahmen denn wirklich notwendig werden. Man hat ja schon letztes Jahr angefangen, die Frage der Eigenmittelerhöhung zu diskutieren. Das ist von der Eidgenössischen Bankenkommission ausgekommen. Das ist jetzt sehr akzentuiert natürlich auch davon geredet worden. Man hat die Einlagensicherung diskutiert, auch schon längere Zeit. Man hat
auch die Frage, wie allenfalls die Nationalbank da könnte mit unterstützen. Das ist ja ihre Aufgabe, Stabilität vom Finanzplatz gewährleisten. Was wir bis zum Schluss natürlich nicht so voraussehen können, ist, dass der Staat dann noch eine Wandelanleihe oder mit einer Wandelanleihe dann noch Mittel zur Verfügung stellt. Das ist so der letzte Schritt gewesen. Herr Rohner, was ist am Sonntag passiert, wo Sie den Frau Wittmer-Schlumpf angerufen haben und gesagt haben, das geht nicht mehr ohne den Staat? Das war eigentlich das Auslösen von einer Massnahme, die man als vorbehaltenen Entschluss vorbereitet hat. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das ist klar. Man darf aber die Dynamik auch nicht vergessen. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt, wo wir Leute haben müssen gehen. Und dann haben wir die Risiken, die wir bewirtschaften müssen. Und dann brauchen wir auch wieder Leute, die die Kenntnis und das Wissen haben, um uns die Situation jetzt zu lösen. Und dann befinden wir uns in einem Umfeld, wo wir diesen Kräften ausgesetzt sind, wo wir uns nicht einfach auf einer Insel frei bewegen können. Und das darf man einfach nicht ganz außer Acht lassen. Und da können wir nicht eine pauschale Gradaussage, einen Deckel über alles rein machen. Gut, also aber in dieser gesagt, Situation. Das wird in Deutschland Deutschland macht das. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, nein, die Bundesangestellten sind besser bezahlt als die kantonalen, dann heisst es ja, das ist jetzt so, die Leistung zählt und nichts anderes. Das gibt es doch x-mal in der Schweiz. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Vergleiche. Und wenn jetzt die Deutschen vorausgehen und Amerika auch, dann wäre es doch nur eigentlich eine Frage vom Respekt, dass jetzt der Herr Churer nicht, kaum hat er das Geld, gerade wieder sagt, es gibt keine Limite für Boni, sondern dass er dort dann einfach wirklich zugesteht, nein, jetzt gibt es etwas, also jetzt müssen wir etwas machen. Und darum habe ich das Vertrauen nicht. Sie reden immer von Glauben und Vertrauen, oder? Und Glauben und Vertrauen ist eben nicht nur an den Börsen, oder? Dass immer auf und runter geht. Sondern das ist bei uns real. Wir leben jetzt hier und wir müssen mit einer Rezession leben. Oder vorausgesehen, eine Rezession müssen wir befürchten, wo sie uns teilweise in die Schuhe geschoben haben. Und jetzt kommt der Herr Churer und sagt, ja, nein, weil wir kommen dann vielleicht nicht so gute Angestellte über und darum müssen wir jetzt halt gleich noch ein bisschen Boni zahlen. Das ist einfach schamlos. Ja. Schauen Sie, also ich verstanden, dass das ist eine Realität, ist genauso wichtig. Für uns ist es die allerwichtigste Realität, weil das ist das Land, wo wir herkommen, wo wir am meisten Geld verdienen als Institution, die am wichtigsten ist, und die nehmen wir sehr ernst. Aber wir haben die anderen Geschäfte auch. Wir können nicht eine weltweite Lohnpolitik isoliert einsetzen. Und ich kenne die deutsche Regelung nicht. Ich weiß nicht, für wer sie genau gilt, aber ich bin überzeugt, es ist kein Deckel für alle Angestellten von der Deutschen Bank gesetzt worden oder von einer anderen Bank. Das ist es nicht. Und wenn es das ist, dann geht es nicht. Okay. Das können sie nicht umsetzen. Und da müssen wir einfach auch realistisch sein, was wir heute haben. Wir haben ja die Situation, die wir haben, und mit der müssen wir umgehen. Wir versuchen, das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen und auch unter Berücksichtigung von dem, was Sie sagen. Danke vielmals. Vielleicht können wir von der Bundesrätin noch mal fragen, was das heisst in Zahlen. Wenn Frau Frösch sagt, also in Deutschland diskutiert man über einen fixen Betrag, 500'000 €. Bei uns haben wir können lesen, der bestzahlte Beamte, Chef von einem Bundesbetrieb, von der SBB, ist gerade in diesen Tagen rausgekommen, hat 500'000 Franken Grundlohn. Gibt es dann eine Zahl, die Sie sich vorstellen und wo man sagt, die EBK-Bankkommission, der schwebt das vor? Das wäre völlig unseriös, wenn jetzt irgendeine Zahl einfach Maßstäbe hat. Wir werden aber dann auch noch darüber diskutieren im Parlament. Wie sieht denn der Topf von der Einlagensicherung aus? Muss das ein Fonds sein? Muss das eine Versicherung sein? Wir sagen heute als Bundesrat zusammen mit der Finanzdelegation, wir stehen da für den Schutz von diesen Einlagen bis zum Rahmen, wie es die EU vorsieht. Aber der andere Teil von der Finanzierung von dem Schutz müssen wir den schon noch genau anschauen. Ich will auf das nicht unbedingt stärker eingehen, weil das ist mehr oder weniger unbestritten. Das hat man gerne gehört. Also das geht um die Sicherung von diesen Sparguthaben, die jetzt bei 30'000 Franken Sicherheit liegt, die soll ungefähr auf das Niveau angehoben werden. Aber ich will sehr gerne ein bisschen im Grundsätzlichen bleiben und nochmal zu dem diskutieren, wo wir jetzt stehen, Frau Benziger. Grundsätzlich ist die Feststellung, das bisherige System hat versagt. Es hat versagt und das System ist ein klares Zusammenspiel der Banken, die ihre Freiheiten wollen und haben können wahrnehmen in einem weiten Rahmen.
von der Politik, die es verpasst hat, saubere Regulativ zu setzen, und von der Bankenaufsicht, die nicht genug dotiert war, um so früh Bericht zu schreiben, damit man eingreifen kann. Der jetzige Bankenbericht ist ein typisches Beispiel. Der kommt so zu spät, dass man sagt, tut uns leid, man muss sich Verantwortlichkeitsklagen übersetzen. Wenn wir überlegen, wenn man jetzt nachher sagt, wir tun nur ein Pflaster drauf, was mit dem Paket gemacht wird, ist das nur der erste Schritt. Es braucht genau das gleiche Zusammenspiel für die Zukunft. Es braucht auch die nationale Politik, es braucht eine starke, eine verstärkte Bankenaufsicht und es braucht, und da würde ich doch noch mal sehr, sehr deutlich zum Herrn Rohner rüber schauen, es braucht, und das erwarte ich, das Eingeständnis von der Bankenseite, dass man einverstanden ist mit einem stärkeren Regulativ, weil es bisherig hat versagt. Und diese Aussage, die würde ich wahnsinnig gerne von Ihnen da hören, weil es ist das bisherige System aus diesen 3 Bereichen, das versagt hat. Es muss weitergehen, es braucht die 3 auch in einem übergeordneten Rahmen. Okay, Herr Rohner. Noch ganz geschwind. Sie haben ihn gefragt. Ich will eine Antwort von Herrn Rohner. Ja, also ich kann das positiv zurückspielen. Wenn Sie uns gehört haben, wir haben schon vor einem halben Jahr gesagt, wir erwarten, dass strengere Eigenkapitalvorschriften kommen. Wir sind auch bereit, die mitzutragen. Wir haben es selber gesagt, unsere Bilanz ist zu gross, wir verkleinern sie verkleinern. Wir haben immer gesagt, dass wir diesen Regulierungen offen sind. Ich glaube, das sind die richtigen, die Systemstabilität stärken. Credit Suisse hat die Vereinbarung getroffen und erfüllt sie bereits. Wir werden in der nächsten Woche mit der Bankenkommission darüber reden. Und ich glaube, die Teile des Regulativs sind viel, viel wichtiger als die anderen, die wir vorher darüber geredet haben, weil die Stabilität garantieren. Und da haben wir gesagt, das sind die Fehler, die wir gemacht haben, die haben wir auch öffentlich dargelegt. Wir sind übrigens die einzige Institution von der ganzen Welt, die öffentlich darüber Bericht erstattet hat, was sie falsch gemacht hat und was macht. Wo wir einen Fonds finanziert haben mit 11,25 Milliarden $, wo 15 Milliarden von so Papier gekauft hat. Es hat auch geheissen, ja, ihr habt ja das Risiko alles noch, das ist ein Taschenspielertrick, haben die einen gesagt. Seit dem Mai haben wir jeden Monat 300 Millionen Amortisation auf dem Kredit. Er ist jetzt noch 9,9 Milliarden. In der schlimmsten Phase der Krise, wo am meisten passiert ist die Rückzahlung noch so stattgefunden. Es ist also falsch, jetzt einfach zu sagen, das ist alles nichts und Ramsch. Es hat Risiken, das ist völlig richtig. Es wäre völlig falsch und unehrlich und unlauter, jetzt zu sagen, das ist kein Risikogeschäft. Sie haben es wunderbar zusammengefasst. Wir glauben, mit 6 Milliarden ersten Schutz auf diesen tiefen Preisen ist ein sinnvoller Schutz eingezogen worden. Gut, das war eine Verhandlung zwischen Ihnen und dem Bund. Das heisst, man hat sich irgendwo in der Mitte getroffen. Nein, der Bund ist da gar nicht dabei. Ich wäre mir jetzt für die Nationalbank, aber es ist eigentlich der Bund, der die Nationalbank das macht. Nachdem wir lang intensiv zusammengearbeitet haben, Datenaustausch gemacht haben, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen eine Struktur gewählt, wo ich auch noch mal sagen muss, wenn Sie lesen, was all die Regierungen sagen, rundum, was institutionelle Investoren sagen, was die Schweizer Regierung, was die Schweizer Nationalbank und die EBK gemacht haben, so wird es allgemein als das beste, ausgewogenste Paket angeschaut, das man in dieser globalen Finanzkrise gemacht hat. Okay. Und das ist heute Morgen hat gesagt, zusammen mit dem Wall Street Journal, hat gespottet über die Schweiz und hat gesagt, bis jetzt hat man eigentlich gemeint, die Schweiz übersteche die Krise ohne Staatseingriff. Und das, was jetzt passiert ist, ist ein Zeichen, dass eben der Platz doch nicht so gesund ist, wie man gemeint hat. Eigentlich ein Signal Richtung Misstrauen. Das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. Das Gegenteil von Vertrauen schaffen. Ja, schauen Sie, wenn Sie die einen haben, die kein Vertrauen mehr haben und für die müssen Sie das Zeichen setzen, dass das Risiko vorbei ist, dann haben wir auch das Risiko gehabt. Das haben wir gewusst, dass andere Leute nachher schockiert sind durch die Massnahmen. Aber ich glaube, in allererster Linie haben wir müssen vorausschauend eine Massnahme treffen, wo, wenn sich das alles verschlimmert, uns schützt. Und ich denke nochmal, wir haben mit Behörden, die extrem schnell, extrem konstruktiv uns geholfen haben, eine Lösung zu finden. Und gut, das jetzt, haben Sie vorher schon gesagt. Ja, ich würde es gerne noch 5-mal mehr sagen. Das ist wirklich wichtig. Das darf ich Ihnen, aber wir haben nur noch ein paar Minuten in der Sendung. Ich will schnell an diesem Punkt anschliessen, einmal in die erste Reihe gehen. Hans Kaufmann von der SVP, was sagt Sie dem, was Sie gehört haben? Ja, also das
Paket, das jetzt so geschnürt worden ist, vor allem auch die Auslagerung in die Zweckgesellschaft, das macht mir Sinn. Man könnte ja sagen, von der Eigenmittelerhöhung diskutieren. Das ist von der Eidgenössischen Bankenkommission ausgekommen. Das ist jetzt sehr akzentuiert natürlich auch davon geredet worden. Man hat die Einlagensicherung diskutiert, auch schon längere Zeit. Man hat auch die Frage, wie allenfalls die Nationalbank da könnte mit unterstützen. Das ist ja ihre Aufgabe, Stabilität vom Finanzplatz gewährleisten. Was man bis zum Schluss natürlich nicht so voraussehen können, ist, dass der Staat dann noch eine Wandelanleihe oder mit einer Wandelanleihe dann noch Mittel zur Verfügung stellt. Das ist so der letzte Schritt gewesen. Herr Ohner, was ist am Sonntag passiert, wo Sie den Frau Wittmer-Schlumpf angerufen haben und gesagt haben, das geht nicht mehr ohne den Staat? Das war eigentlich das Auslösen von einer Massnahme, die man als vorbehaltenen Entschluss vorbereitet hat. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Wissen Sie, wenn Sie eine Bank führen, dann haben Sie jetzt eine Situation und Sie müssen etwas antizipieren, das noch kommen könnte. Und es sind 3 Sachen passiert, die wichtig sind. Etwas war Kundenabfluss. Wir haben Kunden verloren, in zunehmend schnellem Ausmaß. Also jetzt in der letzten Zeit noch verstärkt, sagen wir, in den letzten Wochen vom September und dann Tag für Tag hat sich das verstärkt. Die Krise hat sich verstärkt. Es hat panikartige Zustände gegeben, Schlangen vor dem Goldschalter, weil die Leute Angst haben und Gold kaufen, wenn sie Angst haben. Und dann haben wir weltweit Regierungsgarantien gehabt, wo Land für Land rausgekommen ist mit Garantien. Und in dieser Situation hat es ein Risiko gegeben, dass sich das anfängt zu verschlimmern. Und dann müssen wir sagen, das Risiko können wir nicht eingehen. Okay. Jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, das doch alles überraschend gekommen ist. In dieser Dimension zum Beispiel hat eben in den letzten 2 Wochen haben diverse Leute vor den Kameras gesagt, das laufe eigentlich grundsätzlich gut, zum Beispiel auch Leute von ihrer Bank. Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit für derartige Maßnahmen. Die Schweizer Banken sind sehr stark kapitalisiert und wir sind in der Schweizer Wirtschaft nach wie vor gut aufgestellt. Wir haben keine Liegenschaftenblase. Wir haben eine Konjunktur, die noch recht stabil ist. Die Kredite werden auch erteilt, von dort her keine Kreditklemme. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen berichten zu können, dass wir die UBS recht erfolgreich durch diese Turbulenzen manövrieren konnten. Herr Ohner, das war am 2. Oktober, vor genau 2 Wochen. Eine solche Kommunikation im Zickzackkurs, das ist genau das, was Vertrauen kostet. Das ist eine grosse Schwierigkeit, weil man das muss sagen, falsch und unehrlich und unlauter jetzt sagen, das ist kein Risikogeschäft. Sie haben es wunderbar zusammengefasst. Wir glauben, mit 6 Milliarden ersten Schutz auf diesen tiefen Preisen ist ein sinnvoller Schutz eingezogen worden. Gut, das war eine Verhandlung zwischen Ihnen und dem Bund. Das heisst, man hat sich irgendwo in der Mitte getäuscht. Nein, der Bund ist da gar nicht dabei. Ich wäre jetzt für die Nationalbank, aber es ist eigentlich der Bund, der die Nationalbank das macht. Nachdem wir lang intensiv zusammengearbeitet haben, Datenaustausch gemacht haben, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen eine Struktur gewählt, wo ich auch noch mal sagen muss, wenn Sie lesen, was all die Regierungen sagen, rundum, was institutionelle Investoren sagen, was die Schweizer Regierung, was die Schweizer Nationalbank und die EBK gemacht haben, so wird es allgemein als das beste, ausgewogenste Paket angeschaut, das man in dieser globalen Finanzkrise gemacht hat. Okay. New York Times heute Morgen hat gesagt, zusammen mit dem Wall Street Journal, hat gespottet über die Schweiz und hat gesagt, bis jetzt hat man eigentlich gemeint, die Schweiz übersteche die Krise ohne Staatseingriff. Und das, was jetzt passiert ist, ist ein Zeichen, dass eben der Platz doch nicht so gesund ist, wie man gemeint hat. Eigentlich ein Signal Richtung Misstrauen. Das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. Das Gegenteil von Vertrauen schaffen. Ja, schauen Sie, wenn Sie die einen haben, die kein Vertrauen mehr haben und für die müssen Sie ein Zeichen setzen, dass das Risiko vorbei ist, dann haben wir auch das Risiko gehabt, dass haben wir gewusst, dass andere Leute nachher schockiert sind durch die Massnahmen. Aber ich glaube, in allererster Linie haben wir müssen vorausschauend eine Massnahme treffen, wo, wenn sich das alles verschlimmert, uns schützt. Und ich denke nochmal, wir haben
mit Behörden, die extrem schnell, extrem konstruktiv uns geholfen haben, eine Lösung zu finden. Und gut, das jetzt, haben Sie vorher schon gesagt. Ja, ich würde es gerne noch 5-mal mehr sagen. Ja, das ist wirklich wichtig. Das darf ich Ihnen, aber wir haben nur noch ein paar Minuten in der Sendung. Ich will schnell an diesem Punkt noch anschliessen, einmal in die erste Reihe gehen. Hans Kaufmann von der SVP, was sagt Sie dem, was Sie gehört haben? Ja, also das Paket, das jetzt so geschnürt worden ist, vor allem auch die Auslagerung in die Zweckgesellschaft, das macht mir Sinn. Man könnte ja sagen, die Nationalbank hätte das ganze Paket auch aufs eigene Buch nehmen können und dagegen einfach, trivial gesagt, Noten drucken, um das abzukaufen. Aber das hätte natürlich Auswirkungen gehabt auf Geldpolitik, hätte sicher zu einem späteren Zeitpunkt Inflation gegeben. Aber die Frage ist das vertrauensbildend oder nicht? Ja, für mich ist das, weil man jetzt weiss, dass die Wertschriften Osterbilanzen sind von der UBS. Es ist gesagt worden, 6 Milliarden als erstes Auffangpolster, das ist sehr viel. Es zeigt aber auch, dass es die Nationalbank nicht aufs eigene Buch genommen hat, dass man eben hofft, dass man besser wird. Und jetzt, wenn Sie das vergleichen mit den Resultaten von vielen anderen Firmen, mit dem 3. Quartal sind wir in der Tat relativ gut dadurch gekommen. Und das ist eine wichtige Nachricht. Und das müssen ja die Leute auch wissen. Wenn es dann aber Situationen und Entwicklungen gibt, die sich beschleunigen, dann kommen wir zu einem Schluss, dass wir etwas machen müssen, damit wir die Ursache definitiv eliminieren können. Okay, also natürlich kein Widerspruch zu dem, was der Herr Chur vor 2 Wochen gesagt hat. Ich will nachher Mariam Fassbind fragen, wie sie das beurteilt als Finanzexpertin. Und als Kommunikationsexpertin auch noch. Ja. Also fragen Sie. Also ich finde, das ist eben genau der heikle Punkt, dass eben die UBS neben dem Kapital, das sie verloren hat, eben auch viel Vertrauensverlust gehabt hat mit den Geldern, die abgeflossen ist. Das ist ja ein klares Zeichen, dass eben ein grosser Vertrauensverlust bei der UBS da ist. Dass eben die Informationspolitik der Kunden, aber ich denke auch von den Mitarbeitern und von den Aktionären einfach nicht verstanden worden ist, was die UBS in den letzten vergangenen 18 Monaten betrieben hat. Wir schauen mal, was eben vor 2 Wochen passiert ist mit dem Gewinnausweis, der gezeigt worden ist. Wenn man den genau anschaut, weiss man nicht genau, ist das wirklich im Kerngeschäft erwirtschaftet worden oder ist es nicht auch mehr Zinsersparnisse gemacht worden, ist durch Schulden, die abgebaut worden sind. Und das hat einfach ein falsches Bild vermittelt. Ich denke auch, ich weiss nicht, was Sie dazu sagen, Frau Wittgenschlumpf, auch gegenüber vom Bundesrat, gegenüber von den Aktionären, gegenüber von den Mitarbeitern, dass man das Gefühl hatte, die UBS ist eine Bank, die jetzt eigentlich Krisen übersteht, ohne staatliche Hilfe, aber auch, wo jetzt wieder auf dem Aufwärtsweg ist. Und das hat natürlich jetzt schockiert, die Nachricht gestern. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen, ich will da nicht weiter ausholen. Das war etwa vor 6 Wochen oder vor 2 Monaten, wo der Peter Chur, der VW-Präsident, gesagt hat, dezidiert im Interview, es braucht bei der UBS keine Kapitalerhöhung mehr. Und da frage ich mich, der Herr Chur ist doch Anwalt, er kennt sich sehr gut aus mit den Richtlinien in Amerika und auch in der Schweiz, warum ein Anwalt so eine Aussage machen kann in der Kenntnis, und die UBS hat ja genug Analysten, die hochgezahlt sind, die eigentlich hätten voraussehen können, dass die 60 Milliarden Positionen, die noch in den Büchern sind von der UBS, könnten gefährdet sein, wenn die Marktturbulenzen, die ja dann schon volatil waren, sich fortsetzen. Was sagen Sie zu dem? Ich kann jetzt einfach nur sagen, ich staune ein bisschen, dass man nach der Kommunikation, die die UBS gemacht hat, dass wenig Medien eigentlich das genau analysiert haben. Die Zahlen sind offengelegt worden. Man hat ja dort schon gesehen, dass es dank dem Rating, das auch auf der Passivseite eben schlechter war und damit die Schulden tiefer ausgewiesen werden müssen, dass das eigentlich buchhalterisch eine Frage war. Wir haben ja das Risiko alles noch. Das ist ein Taschenspielertrick, haben die einen gesagt. Seit dem Mai haben wir jeden Monat 300 Millionen Amortisation auf dem Kredit. Er ist jetzt noch 9,9 Milliarden. In der schlimmsten Phase der Krise, wo am meisten passiert ist die Rückzahlung noch so stattgefunden. Es ist also falsch, jetzt einfach zu sagen, das ist alles nichts und Ramsch. Es hat Risiken, das ist völlig richtig. Es wäre völlig falsch und unehrlich und unlauter, jetzt zu sagen, das ist kein Risikogeschäft. Sie haben es wunderbar zusammengefasst. Wir glauben, mit 6 Milliarden ersten Schutz auf diesen tiefen Preisen ist ein sinnvoller Schutz eingezogen worden.
Gut, es war eine Verhandlung zwischen Ihnen und dem Bund. Das heisst, man hat sich irgendwo in der Mitte getroffen. Nein, der Bund ist da gar nicht dabei. Ich wäre mir jetzt für die Nationalbank, aber es ist eigentlich der Bund, der die Nationalbank das macht. Nachdem wir lang intensiv zusammengearbeitet haben, Datenaustausch gemacht haben, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen eine Struktur gewählt, wo ich auch noch mal sagen muss, wenn Sie lesen, was all die Regierungen sagen, rundum, was institutionelle Investoren sagen, was die Schweizer Regierung, was die Schweizer Nationalbank und die EBK gemacht haben, so wird es allgemein als das beste, ausgewogenste Paket angeschaut, das man in dieser globalen Finanzkrise gemacht hat. Okay. Und New York das Times ist heute das Ziel Morgen hat gesagt, zusammen mit dem Wall Street Journal, hat gespottet über die Schweiz und hat gesagt, bis jetzt hat man eigentlich gemeint, die Schweiz übersteche die Krise ohne Staatseingriff. Und das, was jetzt passiert ist, ist ein Zeichen, dass eben der Platz doch nicht so gesund ist, wie man gemeint hat. Eigentlich ein Signal Richtung Misstrauen. Das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. Das Gegenteil von Vertrauen schaffen. Ja, schauen Sie, wenn Sie die einen haben, die kein Vertrauen mehr haben und für die müssen Sie ein Zeichen setzen, dass das Risiko vorbei ist, dann haben wir auch das Risiko gehabt, das haben wir gewusst, dass andere Leute nachher schockiert sind durch die Massnahmen. Aber ich glaube, in allererster Linie haben wir müssen vorausschauend eine Massnahme treffen, wo, wenn sich das alles verschlimmert, uns schützt. Und ich denke nochmal, wir haben mit Behörden, die extrem schnell, extrem konstruktiv uns geholfen haben, eine Lösung zu finden. Und gut, das jetzt, haben Sie vorher schon gesagt. Ja, ich würde es gerne noch 5-mal mehr sagen. Das ist wirklich wichtig. Das darf ich Ihnen. Aber wir haben nur noch ein paar Minuten in der Sendung. Ich will schnell an diesem Punkt noch anschliessen, nochmal in die erste Reihe gehen. Hans Kaufmann von der SVP, sagen Sie dem, was Sie gehört haben. Ja, also das Paket, das jetzt so geschnürt worden ist, vor allem auch die Auslagerung in die Zweckgesellschaft, das macht mir Sinn. Man könnte ja sagen, die Nationalbank hätte das ganze Paket auch aufs eigene Buch nehmen können und dagegen einfach, trivial gesagt, Noten drucken, um das abzukaufen. Aber das hätte natürlich Auswirkungen gehabt auf Geldpolitik. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Die Arena, meine Damen und Herren, danke vielmals. Grüezi miteinander und herzlich willkommen am Freitagabend. Die dritte Sendung in kurzer Zeit zur Finanzkrise heute Abend über den unglaublichen 68 Milliarden Franken schweren Rettungsplan für die UBS. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hochkarätige Gäste haben. Heute bei uns ist Frau Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie ist Stellvertreterin vom Bundesrat Merz im Finanzdepartement. Der Marcel Rohner ist bei uns. Er ist der Konzernchef der UBS. Der Daniel Lampard, Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und Mariam Fassbind, sie ist Finanzexpertin vom Schweizer Fernsehen. Später in der Sendung 4 Spitzenpolitiker und Finanzexperten aus den Parteien. Guten Abend alle miteinander. Die grösste Rettungsaktion in der Geschichte der Schweiz. Büssen jetzt die Steuerzahler für die Fehler der Banken? Oder ist jetzt Schluss mit Millionenboni und Gewinnmaximierung? Frau Bundesrätin Schlumpf, die UBS hat in den letzten 2 Wochen schon fast wieder als sicher gegolten. Man hat gehört von aggressiven Abschreibungen, von Kapitalerhöhungen. Sind Sie persönlich doch überrascht gewesen, dass das jetzt nötig war? Also, dass es jetzt gerade nötig geworden ist in dieser Art und Weise, überrascht. Es hat uns ein bisschen überrascht, aber nicht in dem Sinn, dass wir nicht vorbereitet gewesen wären. Wir haben schon, wo der Quartalsbericht veröffentlicht worden ist, wo wir darüber geredet haben, haben wir die Zahlen ein bisschen analysiert und haben natürlich gesehen, dass die Bank im Liquiditätsbereich Schwierigkeiten hat. Man hat nicht gewusst genau, wie sich das weiterentwickelt. Es war auch eine ganz verrückte Zeit gewesen, die letzten paar Wochen. Er hat einmal ausgeschlagen in die und einmal in die andere Seite. Aber wir sind vorbereitet gewesen.
gewesen. Wir haben ja immer gesagt, wir werden die Massnahmen, die wir vorbereitet haben für verschiedenste Eventualitäten, werden wir dann beschließen und dann umsetzen, wenn es dann nötig ist. Also nicht eigentlich wirklich mit dem gerechnet, so wie die meisten Leute, oder? Man hat das Gefühl gehabt, die Bank ist jetzt über das Gröbste weg und man ist zwar in Kontakt, aber dass eine Rettung durch den Staat nötig ist, kann man das sagen, hätte das Sie eigentlich so nicht erwartet? Dass in einer gewissen Art der Staat zur Stabilisierung von dem Finanzsystem, wo die UBS ein wichtiger Teil davon ist, auch berechtigt. Aber der Staat kann auch nicht am Schluss eine Garantie geben für alles. Der Staat kann nicht für Millionen Einlagen schützen und eine Garantie übernehmen. Irgendwo trägt jeder von uns auch noch ein Risiko. Und dann muss er halt überlegen, ob er zu der UBS geht oder zu einer Kantonalbank oder ich weiss nicht woher. Also jede Verantwortung können wir dem Bürger nicht wegnehmen. Frau Bundesrätin. Also es ist ja nicht so, dass die Eidgenössische Bankenkommission bis heute nichts gemacht hat in diesem Bereich, im Bereich Aufsicht. Schauen Sie mal den Bericht 2007 an, der jetzt von der Eidgenössischen Bankenkommission gerade mit Bezug auf die UBS rausgekommen ist. Das heisst, wo man jetzt lesen kann, Sie sehen dort, dass man durchaus darauf hinweist, dass die Boni auch Abgangsentschädigungen vor allem... Ja, natürlich ist es spät. Wir müssen auch nicht mehr Vergangenheitsbewältigung machen, wir müssen für die Zukunft etwas machen. Ich sage nur, die EBK und künftig ist jetzt viel mehr, also die Finanzmarktaufsicht, die noch ein bisschen mehr Möglichkeiten dann auch hat, die man vielleicht auch noch verstärken muss, das ist durchaus möglich. Aber die haben darauf hingewiesen. Wenn ich den Bericht lese, dann stelle ich mir auch die Frage rein juristisch, ob da nicht Sorgfaltspflichten verletzt worden sind, ob man diese Frage dann nicht einmal noch aufwerfen muss und diesen Weg eben auch gehen gegenüber den ehemaligen Verantwortlichen. Aber das wird sich zeigen, man muss den Bericht jetzt analysieren. Okay. Zum Einlegerschutz, vielleicht darf ich dort noch etwas sagen. Also zu der Frage... Wenn Sie mich so nicht fragen, dann bin ich ja K.O., da kann ich ja nicht Nein sagen. Nein, zu der Erhöhung von den Einlagen, also von den Einlagen, Spareinlagen. Wir haben ja klar gesagt, der Bundesrat jetzt, wir wollen die erhöhen. Wir haben auch gesagt, wir uns orientieren, das hat der National- und Maurer gesagt, wir uns orientieren an der Höhe der EU-Maßstäbe, die es hat. Wir werden aber dann auch noch darüber diskutieren im Parlament, wie sieht denn der Topf von der Einlagensicherung aus? Muss das ein Fonds sein? Muss das eine Versicherung sein? Wir sagen heute als Bundesrat zusammen mit der Finanzdelegation, wir stehen da für den Schutz von diesen Einlagen bis zum Rahmen, wie es die EU vorsieht. Aber der andere Teil von der Finanzierung von dem Schutz müssen wir den schon noch genau anschauen. Ich will auf das nicht unbedingt stärker eingehen, weil das ist mehr oder weniger unbestritten. Das hat man gerne gehört. Also das geht um die Sicherung von diesen Sparguthaben, die jetzt bei 30'000 Franken Sicherheit liegt, die soll ungefähr auf das Niveau angehoben werden. Aber ich will sehr gerne ein bisschen im Grundsätzlichen bleiben und nochmal zu dem diskutieren, wo wir jetzt die Stimme verwenden. Grundsätzlich ist die Feststellung, das bisherige System hat versagt. Es hat versagt und das System ist ein klares Zusammenspiel der Banken, die ihre Freiheiten wollen und haben können wahrnehmen in einem weiten Rahmen. Von der Politik, die es verpasst hat, saubere Regulativ zu setzen. Und von der Bankenaufsicht, die nicht genug dotiert war, um so früh Bericht zu schreiben, damit man eingreifen kann. Der jetzige Bankenbericht ist ein typisches Beispiel. Der kommt so spät, dass man sagt, tut uns leid, man muss sich Verantwortlichkeitsklagen übersetzen. Wenn wir überlegen, wenn man jetzt nachher sagt, wir tun nur ein Pflaster drauf, was mit dem Paket gemacht wird, ist das nur... Das ist eine Massnahme. Es braucht noch viele andere Bankregulierung. Okay, wenn Sie sagen, wir verlassen das Thema, das finde ich gar nicht schlecht. Ich will aber noch schnell zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie seien erschüttert gewesen, Frau Bundesrätin, über die Aussage von Ihrem Verwaltungsratspräsidenten gestern Abend im 10 vor 10, dass auch in Zukunft zweistellige Millionenboni nicht werden ausgeschlossen sein. Also ich denke, es ist grundsätzlich einmal schwierig, mit Zahlen umzubieten. In einem Geschäft, das 80'000 Leute hat, auf der ganzen Welt die verschiedensten Geschäftsfelder tätig ist. Was sicher wird passieren, ist, in der ganzen Finanzindustrie werden die Bonuszahlungen drastisch zurückgehen. Das ist klar. Wir dürfen aber die Dynamik auch nicht vergessen. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt, wo wir Leute haben müssen gehen. Und dann haben wir die Risiken, die wir bewirtschaften müssen. Und dann brauchen wir auch wieder Leute, die die Kenntnis und das Wissen haben, um uns die Situation jetzt zu lösen. Und dann befinden wir uns in einem Umfeld, wo wir diesen Kräften ausgesetzt sind, wo wir uns nicht einfach auf einer Insel frei bewegen können. Und das darf man einfach nicht ganz ausser Acht lassen. Und da können wir nicht eine pauschale Gradaussage, einen Deckel über alles
machen. Gut, aber in dieser Situation. Das wird in Deutschland, Deutschland macht das. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, nein, die Bundesangestellten sind besser bezahlt als die kantonalen, dann heisst es ja, das ist jetzt so, die Leistung zählt und nichts anderes. Das gibt es doch x-mal in der Schweiz. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Vergleiche. Und wenn jetzt die Deutschen vorausgehen und Amerika auch, dann wäre es doch nur eigentlich eine Frage vom Respekt, dass jetzt der Herr Churer nicht, kaum hätte er das Geld, gerade wieder sagt, es gibt keine Limite für Boni, sondern dass er dort dann einfach wirklich zugesteht, nein, jetzt gibt es etwas, also jetzt müssen wir etwas machen. Und darum habe ich das Vertrauen nicht. Sie reden immer von Glauben und Vertrauen, oder? Und Glauben und Vertrauen ist eben nicht nur an den Börsen, oder? Dass immer auf und runter geht. Sondern das ist bei uns real. Wir leben jetzt hier und müssen mit einer Rezession leben. Oder vorausgesehen, eine Rezession müssen wir befürchten, wo sie uns teilweise in die Schuhe geschoben haben. Und jetzt kommt der Herr Churer und sagt, ja, nein, weil wir kommen dann vielleicht nicht so gute Angestellte über und darum müssen wir jetzt halt gleich noch ein bisschen Boni zahlen. Das ist einfach schamlos. Ja. Schauen Sie, also ich verstanden, dass das ist eine Realität, ist genauso wichtig. Für uns ist es die allerwichtigste Realität, weil das ist das Land, wo wir herkommen, wo wir am meisten Geld verdienen als Institution, die am wichtigsten ist, und die nehmen wir sehr ernst. Aber wir haben die anderen Geschäfte auch. Wir können nicht eine weltweite Lohnpolitik isoliert einsetzen. Und ich kenne die deutsche Regelung nicht. Ich weiß nicht, für wer sie genau gilt, aber ich bin überzeugt, es ist kein Deckel für alle Angestellten von der Deutschen Bank gesetzt worden oder von einer anderen Bank. Das ist es nicht. Und zum Beispiel hat der Finanzminister gesagt, wir geben Geld, aber keine Bank zahlt mehr Lohn als 500'000 €. In Amerika hat man gesagt, wir geben das Geld, aber wer mehr als 500'000 $ verdient, der muss viel mehr Steuern zahlen. Das sind Signale, wo man sagt, man will etwas machen, dass es in Zukunft nicht passiert, weil jeder weiß, dass die Boni ein grosses Problem sind, eine Hauptursache von dieser Bankenkrise. Also Sie sagen, es ist zu wenig Auflage gemacht worden. Ja, entweder man sagt, UBS soll mehr Risiken nehmen, sie soll eigentlich alle Abschreibungen nehmen in Zukunft, dann ist das Problem von der UBS. Oder man sagt, wenn die Allgemeinheit das muss nehmen, dann muss man Auflagen machen und schauen, dass das besser kommt. Und zweite Aussage, der Steuerzahler muss blüten. Also vielleicht jetzt einmal zuerst, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die einzelnen Bestandteile von diesen Gesamtmaßnahmen reden, aber Sie sprechen, Herr Lampert, Sie sprechen die ganze Situation SNB, also Schweizerische Nationalbank an. Es ist natürlich nicht so, dass die Aktiven, die jetzt reingegangen sind in die Spezialgesellschaft, dass das alles illiquide, also im Moment sind sie illiquide, aber sind alles Faule auf die Dauer, sondern das sind aktiv und die sind hinterlegt mit Hypotheken, das wissen Sie so gut wie ich. Das sind Wohnliegenschaften, das sind Geschäftshäuser und ein Teil von dem ganzen Betrag sind auch ganz gesunde Sachen. Man hat einfach den ganzen Kuchen raus drin. Und die Nationalbank muss ja nicht das Mohren verkaufen. Also Sie gehen wie ich wahrscheinlich davon aus, dass die Situation, die wir heute haben, auf dem Finanzmarkt, auf dem Liegenschaftenmarkt, in der ganzen Wirtschaft, dass die auch mal wieder in eine andere Richtung geht. Also vielleicht müssen wir halt auch in der Politik und in der Wirtschaft mal lernen, über Zeiträume von 10 Jahren schauen. Und das kann die Nationalbank, das kann eine Geschäftsbank nicht. Das ist der Unterschied. Und das sagt natürlich der Jean-Pierre Roth auch. Und das ganze Direktorium. Wir können die reinnehmen und wir können warten und wir können sie dann verkaufen, wenn die Marktpreise wieder gegeben sind. Also von daher ist das Risiko nicht so gewaltig. Also es ist immer ein Risiko. Das ist nicht zu bestreiten. Das gibt's. Also die UBS tut von dem Risiko, vom gesamten Risiko 6 Milliarden abdecken, indem sie die 6 Milliarden auch in die Zweckgesellschaft hineinbringen. Dann hat die Nationalbank noch eine Vereinbarung getroffen mit der UBS, dass wenn es zu einer Asymmetrie käme, in der Entwicklung von dieser Zweckgesellschaft bzw. von den Erträgen von dieser Zweckgesellschaft. Was heisst Asymmetrie? Also wenn die sich unterschiedlich entwickeln, wenn jetzt zum Beispiel die Aktiven in der Zweckgesellschaft, die eben die Nationalbank mit einem Darlehen finanziert, wenn die völlig unter dem Wert wären und sich nicht so entwickeln würden wie das Geschäftsergebnis von der UBS selber, dann hat die Nationalbank nachher, das hat sie sich vorbehalten, die Möglichkeit, sich an den Aktien einen größeren Umfang von der UBS zu beteiligen und das wieder rauszulösen. Okay. Also, der zweite Punkt war, wo Herr Lampert gesagt hat, man hat keine Auflagen gemacht oder keine verbindlichen Abmachungen getroffen, was die ganz umstrittenen Sachen sind, zum Beispiel Millionengehälter, Abfindungen, Optionen und so weiter. Also vielleicht vorausgeschickt, das ist natürlich der Bereich, der mich auch erschüttert. Dass man Boni auszahlt in einem Moment, wo man so viel Geld ins Sand setzt, das ist, glaube ich, das ist völlig unbestritten. Nachricht. Und das müssen ja die Leute auch wissen. Wenn es dann aber Situationen und Entwicklungen gibt, die sich beschleunigen,
dann kommen wir zu einem Schluss, dass wir etwas machen müssen, damit wir die Ursache definitiv eliminieren können. Okay, also natürlich kein Widerspruch zu dem, was der Herr Chur vor 2 Wochen gesagt hat. Ich will nachher Mariam Fassbind fragen, wie sie das beurteilt als Finanzexpertin. Und als Kommunikationsexpertin auch noch. Ja. Also fragen Sie. Also ich finde, das ist eben genau der heikle Punkt, dass eben die UBS neben dem Kapital, das sie verloren hat, eben auch viel Vertrauensverlust gehabt hat. Mit den Geldern, die abgeflossen ist. Das ist ja ein Zeichen, ein klares Zeichen, dass eben ein grosser Vertrauensverlust bei der UBS da ist. Dass eben die Informationspolitik der Kunden, aber ich denke auch von den Mitarbeitern und von den Aktionären einfach nicht verstanden worden ist, was die UBS in den letzten vergangenen 18 Monaten betrieben hat. Wir schauen mal, was eben vor 2 Wochen passiert ist mit dem Gewinnausweis, der gezeigt worden ist. Wenn man den genau anschaut, weiss man nicht genau, ist das wirklich im Kerngeschäft erwirtschaftet worden oder ist es nicht auch mehr Zinsersparnisse gemacht worden, ist durch Schulden, die abgebaut worden sind. Und das hat einfach ein falsches Bild vermittelt. Ich denke auch, ich weiss nicht, was Sie dazu sagen, Frau Wittgenschlumpf, auch gegenüber vom Bundesrat, gegenüber von den Aktionären, gegenüber von den Mitarbeitern, dass man das Gefühl hatte, die UBS ist eine Bank, die jetzt eigentlich Krisen übersteht, ohne staatliche Hilfe, aber auch, wo jetzt wieder auf dem Aufwärtsweg ist. Und das hat natürlich jetzt schockiert, die Nachricht gestern. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen, ich will da nicht weiter ausholen. Das war etwa vor 6 Wochen oder vor 2 Monaten, wo der Peter Chur, der VW-Präsident, gesagt hat, dezidiert im Interview, es braucht bei der UBS keine Kapitalerhöhung mehr. Und da frage ich mich, der Herr Chur ist doch Anwalt, er kennt sich sehr gut aus mit den Richtlinien in Amerika und auch in der Schweiz, warum ein Anwalt so eine Aussage machen kann in der Kenntnis, und die UBS hat ja genug Analysten, die hochgezahlt sind, die eigentlich hätten voraussehen können, dass die 60 Milliarden Positionen, die noch in den Büchern sind von der UBS, könnten gefährdet sein, wenn die Marktturbulenzen, die ja dann schon volatil waren, sich fortsetzen. Was sagen Sie zu dem? Ich kann jetzt einfach nur sagen, ich staune ein bisschen, dass man nach der Kommunikation, die die UBS gemacht hat, dass wenig Medien eigentlich das genau analysiert haben. Die Zahlen sind offengelegt worden. Man hat ja dort schon gesehen, dass es dank dem Rating, das auf der Passivseite eben schlechter war und damit die Schulden tiefer ausgewiesen werden müssen, dass das eigentlich buchhalterisch eine Frage war. Und da hat, wenn man die Bilanz ganz genau angeschaut hat und auch die Entwicklung, dann hat man eigentlich schon gesehen, im Moment von dieser Medienorientierung, dass das nicht so ganz optimal ist. Also, dass gewisse Schwierigkeiten in die Gesellschaft hineinbringen. Dann hat die Nationalbank noch eine Vereinbarung getroffen mit der UBS, dass wenn es zu einer Asymmetrie käme, in der Entwicklung von dieser Zweckgesellschaft bzw. von den Erträgen von dieser Zweckgesellschaft. Was heisst Asymmetrie? Also wenn die sich unterschiedlich entwickeln, wenn jetzt zum Beispiel die Aktiven in der Zweckgesellschaft, die eben die Nationalbank mit einem Darlehen finanziert, wenn die völlig unter dem Wert wären und sich nicht so entwickeln würden wie das Geschäftsergebnis von der UBS selber, dann hat die Nationalbank nachher, das hat sie sich vorbehalten, die Möglichkeit, sich an den Aktien einen größeren Umfang von der UBS beteiligen und das wieder rauszulösen. Okay. Also, der zweite Punkt war, wo der Herr Lampard gesagt hat, man hat keine Auflagen gemacht oder keine verbindlichen Abmachungen getroffen, was die ganz umstrittenen Sachen sind, zum Beispiel Millionengehälter, Abfindungen, Optionen und so weiter. Also vielleicht vorausgeschickt, das ist natürlich der Bereich, der mich auch erschüttert. Dass man Boni auszahlt in einem Moment, wo man so viel Geld ins Sand setzt, das ist, glaube ich, das ist völlig unbestritten. Das kann man nicht mehr unter freier Marktwirtschaft verkaufen. Aber okay, das sollte man nicht anschauen, sondern das ist jetzt etwas, was ich auch nicht tolerieren kann. Aber wir machen ja nicht etwas zum Boni finanzieren, sondern wir machen etwas, um den Finanzplatz, das ganze System Schweiz zu unterstützen und damit einen Haufen Arbeitsplätze und die KMUs, die alle dort mit verbunden sind und alle Banken untereinander. Aber zu dieser Frage, wir haben Auflagen gemacht. Also jetzt bei unserer Pflichtwandelanleihe, in der Pflichtwandelanleihe drin sind ganz klare Auflagen. Wir wirken nicht direkt einwirken auf die ganze Kompensationssystem nach der Pflichtwandelanleihe und diesen Auflagen drin, sondern wir machen das über die Bankenkommission, die zusammen mit anderen Ländern im regulatorischen Bereich jetzt die Fragen aufarbeitet und nachher auch Regeln setzt, was man unter Boni, Abgangsentschädigung... Ich glaube, wir kommen im Verlauf der Sendung darauf, ob das genug ist. Das ist wirklich Nein, es ist nicht genug und darum möchte ich dann noch einen anderen Teil dazu sagen, aber ich weiss nicht, ich will gerne nachher mit den Politikern darüber reden. Weil das
ist schon ganz umstritten. Ich will es einfach schnell zusammenfassen. Wenn man heute zum Beispiel bei uns auf die Internetseite schaut, wie es bei den Leuten tönt, was die Leute uns schreiben, dann ist von Schock die Rede, von Schock, von Empörung, von Frustration, von Wut über Banken. Und ich will schon gerne, dass wir diesen Faden nicht verlieren. Also, wir reden von 68 Milliarden, die in dem, ich sage jetzt gleich, in dem Rettungsplan drin sind. Wie kommt das bei Ihnen an? Ja gut, bei mir kommt es auch wie wahrscheinlich bei der Durchschnittsbürgerin oder dem Bürger. Und was mir jetzt persönlich noch mehr zu denken gibt, als Tatsache, dass man das jetzt machen muss. Ich meine, es ist ja mittlerweile fast ein bisschen absurd, weil in der Welt haben das mittlerweile fast alle Industriestaaten gemacht. Darum ist irgendwie die Überraschung nicht mehr so riesig nach dem, was im Ausland passiert ist. Aber was mir zu denken gibt, ist, dass ich bis jetzt zumindest sozusagen von der schweizerischen Klasse-Politik, von unseren Eliten noch nicht gehört haben, ja, was machen wir denn in der Zukunft? Und legen sehr großen Wert darauf, werden das auch mit allem Nachdruck verfolgen, dass man sich auch mit gewissen Regulatoren, die eine freie Marktwirtschaft eben braucht, gewisse Leitlinien braucht auch eine Marktwirtschaft, die gelten auch für den Bankenbereich und dass die Banken dann auch mitmachen, wenn es dann um das geht. Danke vielmals. Das verfolgen wir mit Interesse. Danke vielmals, Frau Bundesrätin. Herzlichen Dank dem Konzernchef von der UBS, Marcel Rohner, Marin Fassbind vom Schweizer Fernsehen und Daniel Lampard. Wir haben auf unserem Internet eine Abstimmung laufen oder eine Umfrage zu der Frage, ob der Rettungsplan richtig ist oder nicht. Da können Sie schauen. Sie können jetzt die Diskussion weiterführen auf www.arena.sf.tv. Ich hoffe, dass wir die nächste Woche ein anderes Thema machen können. Sie wahrscheinlich auch. Sicher ist, dass es die nächste Arena gibt, am 20.10 am nächsten Freitag. Es geht weiter mit Tagesschau Nacht. Gute Nacht miteinander. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Oh, ihr macht mich alle verrückt! Man kann nicht nur die Banken schützen, man muss auch die Einleger umfassend schützen. Das eine ist die Regulierung des Bankensystems. Und da muss ich einfach den Gedanken aufgreifen, den der Jon Pultschuh vorhin geäussert hat. Wir sind nicht mehr allein. Ich glaube, dass die Schweiz eine Insel der Glückseligkeit ist, die ist diese Woche endgültig untergegangen. Wir müssen uns bewusst sein, dass auch dass es keinen Finanzmarkt in der Schweiz gibt, sondern dass es nur einen internationalen Finanzmarkt gibt und der muss international reguliert werden. Und da erwarte ich von der Schweiz, dass sie da mitwirkt und es nicht probiert, abseits und probiert, Rosinen rauszupicken. Okay, und was wir bei der ganzen... Nein, noch ein letzter Punkt Themen, wo wir durcheinander diskutieren. Wo wir mit dem Ganzen nichts vergessen dürfen. Wir reden jetzt nur über den Finanzmarkt. Aber es gibt noch eine Realwirtschaft. Eine Realwirtschaft, die unter dem Ganzen leiden tut. Und da dürfen wir bei dieser Politik, die man da macht, nicht nur an die denken, die am lautesten rufen und sich am besten in die Szene setzen, sondern all die anderen, die von dem eben betroffen sind. Und da ist Bundespolitik, insbesondere im Rahmen der Finanzpolitik, mit Investitionen stark gefordert. Und da haben wir Nagelprobe bei der Budgetdiskussion im Dezember. Also ich denke durchaus, beim Einlegerschutz werden wir uns irgendwo im europäischen Umfeld müssen ein bisschen anpassen. Aber ich möchte schon trotz allem auch davor warnen. Isoliert einsetzen und ich kenne die deutsche Regelung nicht. Ich weiß nicht, für wer sie genau gilt, aber ich bin überzeugt, es ist kein Deckel für alle Angestellten von der Deutschen Bank gesetzt worden oder von einer anderen Bank. Das ist es nicht. Und wenn es das ist, dann geht es nicht. Okay. Denn das können sie nicht umsetzen. Und da müssen wir einfach auch realistisch sein, was wir heute haben. Wir haben ja die Situation, die wir haben, und mit der müssen wir umgehen. Wir versuchen, das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen und auch unter Berücksichtigung von dem, was Sie sagen. Danke vielmals. Vielleicht können wir Frau Bundesrätin noch mal fragen, was das heisst in Zahlen. Wenn Frau Frösch sagt, also in Deutschland diskutiert man über einen fixen Betrag, 500'000 €. Bei uns haben wir können lesen, der bestzahlte Beamte, Chef von einem Bundesbetrieb, von der SBB, ist gerade in diesen Tagen rausgekommen, hat 500'000 Franken Grundlohn. Gibt es dann eine Zahl, die Sie sich vorstellen und wo man sagt, die EBK-Bankkommission, der schwebt das vor?
Das wäre völlig unseriös, wenn jetzt irgendeine Zahl einfach würde ich sagen. Und Frau Frösch weist jetzt auf Deutschland hin und auf Amerika hin. Aber wenn Sie dort schauen, was beschlossen worden ist, das ist nicht die ganze Entschädigung und Entlöhnung, die beschlossen worden ist, sondern es sind die Grundlohnbestandteile. Also Sie haben damit irgendwelche Vereinbarungen, die für irgendwelche andere zusätzliche Leistungen laufen, eben nicht im Griff. Und das ist das, was die Amerikaner heute schon sagen. Die tätig sind im Finanzbereich, ja, stört uns nicht groß. Wir können mit Vereinbarungen ja dann wieder irgendetwas anderes machen. Das kann es ja auch nicht sein. Dann müssen wir ja eigentlich den Unternehmen die Verantwortung übergeben, um die Löhne klar auch definieren, für ihre Kader, für ihre Verwaltungsräte. Das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen. Okay. Herr Martin, Sie haben gesagt, Sie werden jetzt eigentlich nicht weiter über das Thema diskutieren, sondern es gibt andere wichtige Elemente, die man diskutieren bei diesem Plan. Also ich finde, es ist ein wichtiges Element, aber es gibt wirklich noch einen Haufen andere, die für die Volkswirtschaft von der Schweiz ebenso wichtig sind. Das ist der Einlegerschutz. Da haben wir die Zusage, dass das in die Dezember-Session kommt. Erste Phase, zweite Phase im Februar. Wir sind der Auffassung, dass das so schnell wie möglich kommt. Ja, man müsste wirklich als Schweiz zwei Erkenntnisse irgendwie versuchen zu haben. Erstens, die Schweiz muss sich im Klaren sein, wir sind nicht mehr eine Insel, wir sind kein Sonderfall, gerade auch im Finanzwesen drin. Weil das hat man ja, der Präsident von Economy Suisse hat das ja noch vor kurzem gesagt, uns geht es gut, die Schweiz gewinnt. Also die Erkenntnis, denen muss man sich bewusst sein. Und dann, abgeleitet davon, muss man halt als Schweiz auch vorausgehen, wenn es darum geht, international ein neues regulatorisches Werk aufzubauen. Weil das ist absolut zentral, okay, also um dafür zu sorgen, dass... Nein, keine Insellösung. Und internationale Regulierung, weil nur dann kann man den Wahnsinn, der ja stattgefunden hat, für die Zukunft irgendwie dafür sorgen, dass es nicht mehr stattfindet. Danke vielmals. Ich will auf diese Seite gehen. Also 68 Milliarden, der Herr Rohner sagt, das ist nicht ein Rettungsplan, Herr Bäumle. Ja gut, ob es ein Rettungsplan ist oder nicht, das finde ich jetzt nicht so relevant. Wichtig finde ich jetzt eigentlich, dass man in der Situation, wo die Bank das erste Mal... Aussagen, einen Deckel über alles rein machen. Gut, also aber in dieser Situation. Das wird in Deutschland Deutschland macht das. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, nein, die Bundesangestellten sind besser bezahlt als die kantonalen, dann heisst es ja, das ist jetzt so, die Leistung zählt und nichts anderes. Das gibt es doch x-mal in der Schweiz. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Vergleiche. Und wenn jetzt die Deutschen vorausgehen und Amerika auch, dann wäre es doch nur eigentlich eine Frage vom Respekt, dass jetzt der Herr Kurer nicht, kaum hätte er das Geld, gerade wieder sagt, es gibt keine Limite für Boni, sondern dass er dort dann einfach wirklich zugesteht, nein, jetzt gibt es etwas, also jetzt müssen wir etwas machen. Und darum habe ich das Vertrauen nicht. Sie reden immer von Glauben und Vertrauen, oder? Und Glauben und Vertrauen ist eben nicht nur an den Börsen, oder? Dass immer rauf und runter geht. Sondern das ist bei uns real. Wir leben jetzt hier und müssen mit einer Rezession leben. Oder vorausgesehen, eine Rezession müssen wir befürchten, wo sie uns teilweise in die Schuhe geschoben haben. Und jetzt kommt der Herr Kurer und sagt, ja, nein, weil wir kommen dann vielleicht nicht so gute Angestellte über und darum müssen wir jetzt halt gleich noch ein bisschen Boni zahlen. Das ist einfach schamlos. Ja. Schauen Sie, also ich verstanden, dass das ist eine Realität, die ist genauso wichtig. Für uns ist es die allerwichtigste Realität, weil das ist das Land, wo wir herkommen, wo wir am meisten Geld verdienen als Institution, die am wichtigsten ist, und die nehmen wir sehr ernst. Aber wir haben die anderen Geschäfte auch. Wir können nicht eine weltweite Lohnpolitik isoliert einsetzen, und ich kenne die deutsche Regelung nicht. Ich weiß nicht, für wer sie genau gilt, aber ich bin überzeugt, es ist kein Deckel für alle Angestellten von der Deutschen Bank gesetzt worden oder von einer anderen Bank. Das ist es nicht. Und wenn es das ist, dann geht es nicht. Okay. Denn das können sie nicht umsetzen. Und da müssen wir einfach auch realistisch sein, was wir heute haben. Wir haben ja die Situation, die wir haben, und mit der müssen wir umgehen. Wir versuchen, das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen, und auch unter Berücksichtigung von dem, was Sie sagen. Danke vielmals. Vielleicht können wir Frau Bundesrätin noch mal fragen, was das heisst in Zahlen. Wenn Frau Frösch sagt, also in Deutschland diskutiert man über einen fixen Betrag, 500'000 €. Bei uns haben wir können lesen, der bestzahlte Beamte, Chef von einem Bundesbetrieb, von der SBB, ist gerade in diesen Tagen rausgekommen, hat 500'000 Franken Grundlohn. Gibt es dann eine Zahl, die Sie sich vorstellen und wo man sagt, die EBK-Bankenkommission, der schwebt das vor? Das wäre völlig unseriös, wenn jetzt irgendeine Zahl einfach würde sagen. Und Frau Frösch weist jetzt auf Deutschland hin und auf Amerika hin. Aber wenn Sie dort schauen, was beschlossen worden ist, das ist nicht die ganze Entschädigung und Entlöhnung, die beschlossen worden ist, sondern es sind die Grundlohnbestandteile. Also Sie haben damit irgendwelche Vereinbarungen, die für irgendwelche andere zusätzliche Leistungen laufen, eben nicht im Griff. Und das ist das, was die Amerikaner heute schon sagen. Die tätig sind im Finanzbereich, ja, stört uns nicht groß. Wir können mit Vereinbarungen ja dann wieder
wieder irgendetwas anderes machen. Das kann es ja auch nicht sein. Dann müssen wir ja eigentlich den Unternehmen die Verantwortung übergeben, um die... Also für mich ist es klar. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann bin ich der Meinung, grundsätzlich muss es auch möglich sein, in Zukunft eine außerordentliche Leistung außerordentlich entschädigen können. Nicht in zweistelliger Millionenhöhe. Und von dort her wäre ich ein Gegner, dass man sagt, Fertigboni überhaupt nicht mehr, weil das wäre demoralisierend für gute Leute. Ich meine aber, dass eigentlich die Eidgenössische Bankenkommission schon jetzt die Möglichkeit hätte, gewisse Auflagen zu machen in Bezug auf das Anreizsystem, weil das Anreizsystem, das Bonisystem hat dazu geführt, dass man offenbar auch für schlechtes Geld also für schlechte Leistungen gutes Geld bekommt. Okay, aber ein bisschen konkreter, man hört einfach im Moment nichts, oder? Frau Fösch hat ganz klar gesagt, in Deutschland hat man Beträge gehört. 500'000 Euro, oder Euro, ja genau. 500'000 Euro und keine Boni. Genau. Man muss sich aber einfach vorstellen, was es... Problem. Die Frage, die sich jetzt heute stellt, was macht Politik, oder? Und was stellen wir da für Forderungen? Das sind nicht jetzt fromme Wünsche an Herrn Ospel oder an die diversen anderen Beteiligten, was sie zurückgeben müssen, sondern was für Rahmenbedingungen stellen wir. Und wenn Sie sagen, Sie müssen dem Herrn Ospel in die Augen schauen und sagen, du hast schlechte Arbeit gemacht, muss ich euch bitten, in die Augen schauen und sagen, ihr habt auch schlechte Arbeit gemacht. Weil ihr habt gegen unseren Willen permanent die Vorstöße, die wir gemacht haben bezüglich Corporate Governance, bezüglich Bankregulierung etc. auf die lange Bank geschoben. Und jetzt muss man handeln. Ich glaube, jetzt muss man handeln, jetzt muss man schnell handeln und man muss griffige Massnahmen treffen. Und da habe ich Ihnen auch schon gesagt, Frau Bundesrätin, es langt nicht, wenn man das einfach outsourced an die DBK, an ein technisches Gremium, auf internationale Gepflogenheiten verweist. Ich denke, da braucht es auch vom Bundesrat bezüglich Boni und Entschädigungen klare Vorgaben. Und wenn man sagt, man kann das ziffernmässig nicht festlegen, glaube ich, das sollte noch machbar sein. Man kann von jedem Schuldner in diesem Land das Existenzminimum auf Franken und Rappen festlegen. Dort streiten wir auf 100 Franken auf oder ab. Da sollte es möglich sein, irgendwo einen Deckel festzulegen. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Politik, das zu machen. Das ist aber nicht die einzige Maßnahme. Es gibt noch einen Haufen andere, die das ist nicht der richtige Weg. Ich bin auch der Meinung, dass man es begrenzen muss. Aber es ist doch in unserem System mit den vielen privaten Unternehmungen nicht der richtige Weg, sondern man muss die Aktionäre verpflichten, dass sie das übernehmen und die Löhne und die Bandbreite festlegen. Und das kann man über das Aktienrecht ja machen. Und das andere ist der Rahmen, der regulatorische Rahmen, wo wir nicht allein als Schweiz festlegen können. Wir stehen im Wettbewerb. Was Herr Marti erzählt, ist Illusionspolitik. Weil es ist ganz einfach, wenn Sie jetzt entscheiden, der Bund entscheidet, wie hoch die Saläre sein müssen. Was passiert? Die Banken verschieben ihren Sitz in einem Land, wo diese Regel nicht gibt. Und dann haben wir auch die Banken nicht mehr. Also Sie müssen nicht in eine künstliche Welt leben. Die Welt ist diejenige, die hier gibt. Dort gibt es Unternehmen, die sehr gut arbeiten, die gut mit Boni arbeiten, die nicht übertreiben. Was passiert ist da die Kultur dieser Banken. Ein Satz, eine marktwirtschaftliche Maßnahme. Geben wir in der Postfinanz eine Banklizenz, dann haben wir einen starken Konkurrent, der das Finanzsystem in der Schweiz stärkt. Ja, aber mit quersubventionieren. Wir trennen sie von der Post, dann ist es möglich. Danke vielmals, nicht alle miteinander, sonst versteht man nicht. Ich will nochmal die Gäste von der ersten Runde reinholen. Danke Ihnen vielmals für den mittleren Teil dieser Sendung. Frau Bundesrätin bleibt da. Wir holen nochmal den Konzernchef von der UBS, den Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund und Marianne Fassbind. Also, wenn ich es darf sagen, der Herr Belli hat es eigentlich unterbrochen, nicht ich, vorher. Also ich will die Aussage von der Frau Nationalrätin Kleiner aufnehmen. Also es ist ja so, dass wir nicht über einen kranken Bankenplatz jetzt diskutieren. Wir haben einen Bankenplatz Schweiz, ein Finanzsystem, das funktioniert. Also denken Sie an all die guten, stabilen Kantonalbanken, die wir haben, an eine Raiffeisenbank, eine Postfinanz, die funktioniert, an die vielen Privatbanken auch. Also wenn wir es jetzt im Ganzen einmal anschauen, müssen wir es ein bisschen relativieren. Aber wir haben jetzt einen Teil, der ein bisschen und einen grossen Marktanteil hat, der Schwierigkeiten hat. Und wir haben das ganze System, das wir damit stabilisieren wollen. Damit machen wir etwas für die Realwirtschaft auch. Vorhin ist gesagt worden, man muss dann auch etwas für die Realwirtschaft machen. Was wäre die Alternative, wenn wir nichts gemacht hätten? Das hätte sicher gravierende wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Nicht nur auf das Bankensystem, auch auf den übrigen Teil unserer Wirtschaft. Und dass wir investieren, jetzt gerade auch in dieser relativ schwierigeren Situation, das ist ganz klar. Und ich habe immer gesagt, das Budget 2009 wird nicht merken, dass der Bund jetzt sich da auch in dieser Art und Weise mitbeteiligt.
beteiligt hat. Wir werden genau gleich die Ausgaben, und nicht Konsumausgaben, sondern vor allem auch Investitionen tätigen, die vorgesehen sind. Frau Bundesrätin, das ist ja genau das, wo man Mühe hat, zu verstehen. Wir haben bei der Swissair Milliardenbeträge gezahlt. Wir sind in einem völlig anderen Verhältnis. Wir reden jetzt nicht mehr von 2-3 Milliarden wie damals bei der Rettung von der Swissair, sondern wir reden von 68 Milliarden. Und trotzdem hört man, dass das nicht der Steuerzahler zahlt und dass es kein Problem sein soll. Also kein Problem. Es ist gesagt worden, jedes Geschäft, das man macht in diesem Bereich, hat gewisse Risiken, das ist klar. Aber in diesem Bereich drin, und wenn Sie das Gesamtsystem anschauen, sind die Chancen viel grösser, die man hat. Also jetzt konkret für den Bund, wenn Sie die Pflichtwandelanleihen anschauen. Das sind die 6 Milliarden. Das sind 6 Milliarden. Wir stellen die 6 Milliarden zur Verfügung im Sinne von einem Darlehen, wo wir in 30 Monaten einmal, wenn wir das wetten könnten, in Aktienkapital mit Stimmrecht umwandeln, was aber eigentlich nicht unsere Intention ist. Also wir wetten das dann wieder platzieren und das in dem Sinne als eine Investition vorübergehender Natur anschauen. Wir haben 12,5% Zins. Wo kriegen Sie das heute? Also nächstes Jahr wird der Bund 700 Millionen Franken einnehmen aus dieser Investition.